was küsst die Hände, es wird Zeit mit Musik verwendet. Es spielen für echt die 16er Ball. Jetzt werden Lieder aus früherer Zeit und manche Hodern sind schon von heute. Das Wiener Lied geht sicher nicht verloren. Der Patrick spielt die Harmonika, Der Klausi zupft auf der Gitarre. als Backel spielen wir noch den Werner Schau. Die Quetsche klingt halt super fein, Die Kontra pumpert hinten drein. und das Gesang klingt jetzt auch schon recht human. Jetzt nochmal förderfrei. Drum leid und grüß euch, servus, küsst die Hände. Es wird Zeit mit Musik verwendet. Ich spiel für euch 16er Ball. Es hört Zeit Lieder aus früherer Zeit und manche Hodern sind schon von heute. Das Wiener Lied geht sicher nicht verloren. Jawohl, grüß euch Gott, meine Lieben, mit einer wunderbaren Eröffnung mit Grüß euch, Servus. Heute die 218. Pawlatschen bereits und wieder einmal aus der Klause Klaus. Ich darf hier in Bad Schönau zu Gast sein und es ist mir eine große Ehre und Freude. Jawohl. Grüß euch Gott, auch von meiner Seite. Herzlich willkommen, Patrick. Und natürlich bitte jetzt um Verzeihung für diesen mehr als verpatzten Einlauf. Aber was da, wir waren jetzt wirklich ein bisschen. Wir haben uns ein bisschen verplaudert. Nein, möchte ich gar nicht sagen, wir haben uns einfach ein bisschen verschätzt in der, sagen wir es so. Und dann haben wir eigentlich da, hat alles passt, hat alles hingehauen. Und jetzt habe ich aber noch so die letzten Einstellungen überprüft. Und das ist natürlich ein Fehler, also ein Anfängerfehler in Wahrheit. Ich habe es überprüft, während wir schon live waren. Und dabei habe ich natürlich auf alles vergessen. Akkorde, Text, Ding, Slam, alles. Nicht? Und dann kommt das raus, was ich jetzt gehört habe. Aber nichtsdestotrotz, ich glaube, das Bild hoffentlich passt. Der Tisch ist groß im Bild auf jeden Fall. Das ist schon mal, das ist schon was. Soll ich uns noch ein bisschen größer machen vielleicht? Ja, freilich. Ja. Also, mach uns groß. Mach uns groß. Das ist schön. Können wir ein bisschen, so, schau. Ne? So halt das. Ja, so passt es. So passt es, glaube ich. Der Übung geht Der Übung ist es noch. Ja, ist aber nicht schlimm. Übung. Ist aber nicht schlimm. Also. Nein, der Übung muss schon, was wiegt das hat. Sehr gut, so. Das hätten wir mal. Ich stehe mir ab jetzt. Steh auf. Jo. Wir müssen uns erst sammeln. Wir müssen uns sammeln. Ich habe ja eine wunderbare Autofahrt auch hinter mir. Es hat wieder über 2 Stunden gedauert heute hierher. Aber ich will mich nicht beklagen. Ich habe lieb telefoniert mit Leuten, also das hat schon passt. Und wir haben uns daher gleich ein Bierle genehmigt. Ja. Und das ist das Zweite, deswegen wollen wir jetzt, haben wir gesagt, wir stessen es nicht runter, sondern Zum eher Wohle. zum Wohl. Und kann ja ein zweites, ich kann noch ein drittes dann. Natürlich, wir können mehr trinken, aber Ich brauche heute nicht mehr mit dem Auto zu fahren, ausnahmsweise. Ich bleibe ja natürlich da mit der buckligen Welt. richtig. Nein, ich wollte es noch anmerken bezüglich, warum wir schon eingeschenkt haben und so weiter. Eigentlich für uns untypisch, dass wir da einfach so nebenbei schon längst Bier eingeschenkt haben. Also, ja. Ich gehe kurz in den Chat und sage Servus zu Matthias Mariacher, grüß dich Gott. Auf dem Titelbild zu sehen, Klaus ist ADSL-Leitung zu seiner Klause. Ja, nein, leider, das ist nur der Strom. Noch ist es nur der Strom. Ja. Aber leiwand, ja. Aber es ist leiwand, das Titelbild, gell? Hast du das auch gesehen? Das ist selbstverständlich. Das ist ein Traum. Mit allem drin, mit der Schrift, die mit allem hinter den Buckeln verschwindet. Also da haben wir da wieder alles aus mir rausgeholt, was glaubst Er hat nicht nur das Künstlerkapperl auf, sondern er ist ein Künstler. du? Ja, ist es so. weiß ich Ist nicht? so. Brauchst mir nicht sagen. Aber echt muss ich sagen. Ach so, ja, Entschuldigung. Du, pass auf, was haben wir? Rudi Korbis ist da, grüß dich Gott, der Peter Brachtl ist am Start. Die Maggie Pamperton, grüß dich, die Pavlatsch-Hysterie war vorher schon, also kommt aus Grinzing, hat es mir schon Büdeln geschickt, der Landtagsstürmer Markus aus Mittelhessen. Genau so ist Weiß ich, aus Mittelhessen. Wolfgang ist da, schönen guten Abend. Buonasera, Pavlatschiste, sagt der Matthias Mariacha, es ist Weintime, ja. Und wir sind beim Bier. Aber ja, wir können ja auch mit Wein dann weitermachen. Ihr fehlt mir, sagt der Rudi Korbes. Ja, wir werden uns schon wieder sehen, Rudi. Ich hoffe doch. Ja, Also zumindest ich höre, vielleicht, dass wir uns nächste Woche einmal treffen, nicht wahr? Wir zwei zumindest. da hat er was davon. Die zwei Quetscher. Wenn wir empfehlen.
Oder was davon war die wenn sich? zumindest die Hälfte vielleicht da ist. Die ne? Hälfte, Das was ist vom sicher, Gewicht her ein Drittel, höchstens. Naja. Naja, Aber es wird schon werden, Rudi, wird schon werden. Franz M. ist da, jawohl, einen schönen guten Abend, Bubble Cheese, jawohl. Ja, sehr leibend, der Peter Brachtl haut sich an. Maber ist da, der zweite Mittelhessenerer. ja, genau. Ja, der Wolfgang fragt schon an, heute mit Bier, ja. Ja, Romans 69 Mudel, Bubble Cheese vor live, jawohl, einmal. Paul Hartmann, bin auch da, Gruß aus München und einen schönen Abend mit der 16 beim Gäste gut. Servus. Pauli. Der Paul muss eine E-Mail geschickt haben, dass er das Schiedchef Schauerbüdel haben will einmal. Hast du da was gekriegt? Weil ich kann mich da gar nicht erinnern, ich kann aber mich auch nicht ich kann es auch verschwitzt haben. Aber ich habe da sofort zurückgeschrieben, dann über Wäre mir- Messenger. Normalerweise auf Messenger bitte, ja. Da habe ich das gemacht. Mama M ist da, die Mama M. Achso, wir machen nichts Nein, mehr. nein, Aber wir freuen uns, wir können winken. freilich. Wir können winken. Werner Wichtig ist da, jawohl, grüß dich gut, Markus Volker, unser Markus Volker. Ist Servus. da auch schon ein treuer Pavlacisterer. Über die Jahre. 1A. Und nicht weniger. Da unser Grand Senior, der Fritzl, Startguss, Fritzl, grüß dich Gott, ist auch da. Jawohl. Susanne Moser in der Früh als auch am Abend. Michael Unger, ganz wichtige Sache, nur sogar nebenbei, heute habe ich Geburtstag. Michael Unger, Ja, da werden wir uns ja was einfallen lassen. aber jetzt gleich. Kann nicht sein, wir haben das. Naja, man kann ja auch aus anderen Gründen leiden, aber Michael, Aus Müdigkeit, ja. ich glaube, ich habe jetzt nicht Michael Unger gesagt. sondern- Michael Unger. Ja, ich glaube, da ist ja wurscht. Im Prinzip, Michael Unger, du hast jetzt hiermit natürlich unbedingt die Pflicht, ein Wunschlied zu äußern, das wir dir zu deinem Geburtstag spielen. Weil das ist natürlich ein Wahnsinn. Und dann, wenn wir das spielen, dann, aber kommen schon die Achtel rein. Aber auch bitte wünscht dir was wir kennen. Ja, wenn es geht, das war leibend. Also da gehen schon die Grüße gehen schon rein. Ja, da fällt das. Straßenhans ist auch da, jawohl. Was Fritzl Startguss ist in Mannheim gerade, oder was? Daniela Schlegel. Unsere Brennschibesser. Ebenfalls da. Jawohl. Bin gerade beim ersten Stiegel, 2 Stück habe ich noch. Wenn das nicht reicht, habe ich noch 2 Flaschen St. Laurent vom Fuchs. Ja. Na, also an sich Bier haben wir schon auch grundsätzlich genug vorhanden. Aber Michael Unger hat natürlich die Pflicht, ein Wunschlied zu äußern. Tut mir leid, ich bin so hart, ich hätte Rosen gemacht auch und ich glaube, die Allergie schlägt zu und. Weißt? Ja, das ist ja so, da kann man nichts machen, da kann man nichts tun. Ja. Aber ich habe mir gedacht, so ein Kaperl, das gehört ja dazu als Künstler. Nein, muss aber auch nicht sein, das geht so, oder? Dabei lass es noch um, schauen wir, wie lange es aushält. So, alles Gute, sagt der Peter Brachtlauch. Ja. Na, pass auf, solange nichts kommt, spielt halt mir was dabei. Mir was, ja. Ganz einfach. Und dann, wenn was kommt, können wir das ansetzen und dann natürlich auch gepaart mit einem ordentlichen Hochsauerleben. Muss man Mannheim nicht gendern, Matthias Mariacher, Weltklasse. Weltklasse Aussage. Muss man Mannheim nicht gendern? Das wird schwierig. Ja, das wird schwer. Ne? Mannheimin. Ein Frauenheim, kannst du auch sagen. Naja, Ich glaube, das hat er mehr gemeint. Nein, Warte, dir muss man jeden Schmäh erklären. na, wenn man richtig muss Mannheimin sein. Schau, der Rollensperr, grüße euch alle aus Bad Hofgastein. Da ist ja Bad Da ist Hofgastein. ja wunderbar. Jawohl. Jawohl. Erst falls welche Torten sind, die uns kennen, noch vom Geburtstag vom Jürgen. Lass schön grüßen. Allerbeste Grüße. Haben wir nämlich wirklich einen schönen Geburtstag gefeiert. Das war traumhaft schön. War wirklich leibend. War wirklich leibend. So, Absolut, ja. ich muss alle Tage mal Werner mitnehmen. Ja, gerne. So schaut's aus. Ich muss alle Tage mein Lied hören, sonst geh ich verloren umeinander. Wenn man nur einer auf der Zieden spült, ich drücke ihm gleich dankbar die Hand. Die Derzen, die summen mir leise ins Ohr,
Ja, du bist heute ein echter Werner Kind. Ich muss alle Tage mein Werner-Lied hören, so lang bis der Herrgott mich nimmt. Wer einmal noch fort war, weit draußen in der Welt, dem, ja, weil das Werner-Lied kann mir die Welt und dem ich muss alle Tag mein Werner-Lied hören, sonst renn ich verloren umeinander. Und wenn mir so nur einer auf der Zieden spült, ich trug gern gleich dankbar die Hand. Die Terzen, die summen mir leise ins Ohr. Ja, du bist heute ein echter Werner Kind. Ich muss alle Tage mein Werner-Lied hören, so lang bis der Herrgott mich im Gesicht. Einen Wunsch für Michael Unger Dornbucher. Der Dornbucher Pfarrer steigt aus, da bleibt doch kein Weib besser zu Haus. Da kommen's pünktlich zur 10 Miss, auf einmal da wissen's vom Fahrer die Adresse. Die Frauen, die wundern sich sehr, ja sag, wo kommt diese Frömmigkeit her? Da plaudert der Siemandl aus, ja der Dornbucher Pfarrer steigt aus. Sagt's mir leider, was ist heute da am Bach geschehen? Über da ist sein, kann man's aus der Arena sehen. Kann er wieder der Letzte sein, weil mir scheint, dort gibt's einen guten Wein. An jeden, den man fragt, die Augen verdreht und sagt, der Dornbucher Pfarrer steigt aus. Da bleibt doch kein Weib besser zu Haus. Da kommen's pünktlich zur 10 Miss, auf einmal noch wissen's vom Feuer die Adresse. Die Frauen, die wundern sich sehr, ja sag, wo kommt diese Frömmigkeit her? Da plaudert der Siemandl aus, ja der Dornbucher Pfarrer steigt aus. Da drunten beim Rotzenstall, da wohnt ein sauberes Madel, sitzt den ganzen Tag nur zwischen Fensterladen. Und die noblen Herren, die kommen aus der Stadt und schauen, was sie dort zum Verklopfen hat. Und der Wasserraschani von der Jägerzeit, der lässt der Resaturstücke drüber können. Der reißt kein Kugel auf, den was rufen kann. Der Rader Hermann falschen Boden an. Auf der Gossen, der Mann am Boschen, schöne Frauen, Geld verhauen. Wenn man sie in den Weg nimmt und bisschen auf die Gurgel springt, reißen's Füße und schreit Juche. Da drunten bei Würstelbruder bei der Geisterbahn, da suchen sie jetzt einen Tod, dass man sie fürchten kann. Ich hätte eine Schwiegermutter, ja die hat eh nichts tun, und die war für die Hocker wie geboren. Und mein Haberer, der hat kein Silbergulden, nur ein Haufen Kinder und ein Pinkel Schulden. Der greift keine Arbeit an, da ist er viel zu schwach. Ja, was saufen tut er wie ein Loch. Auf der Gossen, der Mann und Burschen, schöne Frauen, Geld verhauen, aber was in der Weg
Wecker bis auf die Kugel springt. Erstens Füße und schreit okay. Auf der Gossen, der Madelbosch, schöne Frau, gut verhauen, was einer Wecker bis auf die Kugel springt. Erstens Füße und schreit okay. Galitzberg. Ehrlich denk ich mir, lass dich rasieren und gehst an einem Winkel spazieren und dass du kein Geld nicht gibst aus, ja so gehst am Galitzberg hinaus und wir am Galitzberg kommen und schau mir ein Winkel so da sieh ich ganz still und ganz calm, ein Vogel ist drum auf einem Baum. Ich denk mir, da kraxelst jetzt auf und nimmst dir das Vogelnest aus. Das Kraxeln war gar nicht so schwer, aber wie er oben war, was Vogelnest lang. Und wie er am Baum unter sitzt, vom Aufgerollen fürchterlich schwitz, da kommt ein Liebespaar versunken in Tran und setzt sich grad unter mein Baum. Aber ich auf mein Baum bin ganz still, weil ich will ja sehen, was der Liebhaber will. Er sagt, ich hab dich so gern, ja du sollst mein Weiberl bald werden. Er nimmt sie ganz zart bei der Hand und sagt ihr ins Ohr in so einer Hand. Sie sagt, ich tät die bitte dir gewähren, ja aber wer soll unsere Kinder ernähren? Aber geh Schatzel, ich bin doch ein Christ, naja und du von demselben Glauben auch bist. Vertrauen oder Traum auf den Herrn, ja der wird schon unsere Kinder ernähren. Da schreit gleich oben vom Baum, Bagage halt schlecht, sagt dann heim. Ja wenn ich runterkomme, dann sag ich euch den Herrn, der euch wird die Kinder ernähren. Die zwei waren verschrecken als blass, die haben glaubt, dass der Herrgott schon weiß. Die sind gerannt über Stock, über Strau. Ja, man kann verlachen mein Bauch. Hoch soll er leben, hoch soll er leben, dreimal hoch. Hoch soll er leben, hoch soll er leben, dreimal hoch. Zum Geburtstag viel Glück. Zum Geburtstag viel Glück, zum Geburtstag, lieber Michael, zum Geburtstag viel Glück. Jawohl, lieber Michael, alles Gute noch einmal. Alles Gute zum Geburtstag. Das war die Wunschlieder von Michael Unger, was auch fort übernommen. Ein spontan Potpourri, ein spontan Medley sofort zusammengestellt. Das schaut auch was an. Die Mege ist bald daheim, ist schön draus. Na alles dann. Wäre wichtig, hat die 8 Leine Wolfgang Mege. Grüß euch, sagt der Lord Glaubermoor. Jawohl, der Lord Glaubermoor. Schön, dich zu hören, dich zu lesen. Ja, na was jetzt da? Ne? Ich hole jetzt, Patrick, einen Schnaps aus Sicherheitsgründen, weil nachdem ich jetzt ich muss ja nicht mit Werner hören, die Strophen, da ist mir nicht einmal ein Wort eingefallen. Ja, nicht einmal ein Wort. Ist mir eigentlich aufgefallen. Ja, na klar, also sogar mir ist aufgefallen. Nicht einmal ein Wort ist mir eingefallen. Also jetzt, wir müssen das resetten und wir müssen schauen, dass natürlich... Ich will Schnaps. Schon mit einem Mörder-Potpourri haben wir den Reset begonnen und wir werden den Reset... Wieso stockt das? Kann nicht stocken. Wieso hat das gestockt? Oh ja. Stockt, seht ihr das? Da ist was. Warte, bin ich bei dir im Netz? Oh ja, klar. Das steigt am... Naja, das hat ist ja der Upload, ich habe nur Download. Ja, aber da stimmt das mit der Kamera nicht. Da stimmt das mit der Kamera nicht. Oh, klar, das ist ja Wahnsinn. Warte mal, ich werde ein kleines Sicherheitspaket machen. Mach sofort. Ja, anders. Sofort, bitte, sofort. Stell was auf, Glas steht. Nicht aufstehen, sondern sofort da. Also wegen einem Kabel. Ist doch zu lang? Vielleicht. Wirklich wissen tun wir es nicht. Lass aber auch noch und legst nur her, oder? Wieso? Willst du das gleich anhängen? Ja, sicher. Bitte vielmals um Verzeihung jetzt, dass wir umbearbeiten mitten da. Ja.
während den Schnaps holen. Pawlatsch, jetzt wollte den Schnaps eigentlich holen und jetzt macht er Umbauarbeiten da. Ich sag's jetzt kurz. Schaut, der Wolfgang schreit, er schickt sogar die Torten statt in Achteln hinein. Das gefällt mir aber auch nicht. Eine Riesenmenge an Torten mit Kerzen drauf. Ja, schön. Gefällt mir. Gefällt mir gut. So ein schöner Bilderschnitt, den Sie jetzt da habt. Gleichzeitig sagt der Wolfgang natürlich, euer Bier wird warm. Du hast vollkommen recht, ich will sofort einen Schluck nehmen. Da hat er auch recht. Der Klaus kann momentan nicht, aber ich arbeite dafür. Schau her, wir sind schon wieder da. Wir sind schon wieder da. Neues Kabel. Sehr zum Wohle, meine Lieben. Ja, Prost, da bin ich dabei. Da bin ich dabei. Schmeckt mir nochmal an. Nein, ein schöner Becherklang. Ein schöner Becherklang. Also, geht aber noch. Ah, geht. War ja auch wirklich gekühlt. So, na vielleicht besser. Ich gelungen einen Liter für die Musi. Jawohl, und die Achteln. Also Danke, Schnaps Michael. ja. Danke, lieber Michael. Ja. Vergiss die Glaseln nicht, weil aus der Flaschen trinkt man nicht. Nein. So, jetzt ist das. Was ist? Bei mir ist das Stehblim jetzt da von alleine. Also Wieso? die Übertragung. Ja, jetzt habe ich sie wieder neu noch einmal gestartet. Jetzt geht sie wieder. Ja, alles dann. Ja, ich hoffe, das ist bei den anderen nicht auch so. Musst du Sondern das es ist- kommentieren. es ist Nein, flüssig. das hat mit dem nichts zu tun. Nein, ich sage Wir immer werden gleich vorher schon, was sein könnte, ne? Dass man das Publikum gleich richtig brieft, nicht wahr? Wir haben uns eh nicht wir da. arbeiten ja mit alle da, ne? Das ist ja. Wo ist mein Handy eigentlich? Da. Patrick? Sollte man es auch hängen vielleicht? Oder soll ich dich Nein. Patrick, Ich warte darf mal. nicht, Nein, ja. warte. Ich mach Kamerakind Klaus. Zack. Falsch. Schau her. Nicht einmal erst bitte. Wo geht denn das jetzt da? Wieso geht das wieder nicht? Ja, ist schon da. Ist schon da. Ist schon da. Schau her. Ein Und Schnapsel zwar, natürlich. vom Köbel aus der Gegend, vom Kraxenberg, Genau. gibt es auch den herrlichen Kraxados. Von ihm ist er quasi. Aber das ist ja. Gute Luise, alte Sorten, ja. Haben wir ist er. gehabt im Garten früh. Haben wir selber gehabt, auch die gute Luise. Ebenso wie Klaps Liebling ist auch so eine von diesen alten Birnensorten. Dann machen wir aufschenken ein. Jawohl. Birnenbrand, gute Luise. So schaut das aus. Ui. Ui. Na, nix, ui. Nicht einmal ein Tropfen daneben geschieht. Ja, ein Profi. Ein So Profi. so geht das bei uns. Da können wir nichts sagen. Ja, ich häng's auch. Ich mach Mit schon, dunkel, ich sehr, mach sehr schon. gut, danke. Ich mach schon. Ist ein Wahnsinn, ist ein Wahnsinn. Na, hat also. Der Ton ist recht leise. Habt das iPhone auf Vollgas, damit ich euch einigermaßen höre. Dann werden wir gleich lauter dran. Ich will jetzt einmal lauter dran und wenn es sonst laut ist. Beim Soundcheck so laut gesungen, eine blärt haben. Bitte und Ton okay, sagt der Paul Hartmann. Gut. Susanne Faber ist auch da, jawohl. Ich hol mir noch ein Bier, sagt der Wolfgang. Wolfgang, hast vollkommen recht. Ist auf jeden Fall Kaffee. Tu das. So, na gut, Und der dann trinken duftet wir. bis daher. Alles gut. Ist nicht mehr viel drin im Flasche. Jetzt im Wohle nach. Zwei gingen sie nicht mehr aus, glaube ich. Schlecht. Sehr zum Aber einer Wohle. reicht eh. Auf euch, meine Lieben. Ui. Ne, ich brauche das als Reset. Irgendwie scheinbar, weil. Also die ersten komplett versemmelt. Wenn einer einsteigt am Anfang, sie das auch hurcht, sie denkt, naja, vielleicht war er nervös, der kleine Blade, nicht? Und hat sie verdaut. Schaut sie das nächste Lied an, denkt sie, Alter, Der ist noch immer der nicht. sollte mal überhaupt einmal spielen lernen oder singen lernen. Oder Wie so. lange macht er Ja. jetzt seinen Beruf? Nicht? Wie lange übt er Unglaublich. ihn aus? Nicht? Unglaublich. Also ein komplettes Versagen. Aber das ist jetzt resettet. Das weiß ich, das Ja, das funktioniert. glaube ich auch. Funktioniert immer. So, Das beißt meine Augen. der Ton müsste jetzt lauter sein. Jetzt müsste es lauter sein. Aber natürlich, wir sind da schon so recht. Wobei wir sind nicht weiter weg, als wenn das oben hängt. Im Studio, Donaufällig. Das ist auch nicht. Naja, was der aber trotzdem wieder anders auch nicht Mikro mehr anders und, Mikro, und, ja. und. Das ist ja alles anders. Es ist ja alles so. Aber ich glaube, das waren halt in der Früh auch einige Aussetzer vom Mic. Ich weiß nicht, ob das hat sich mikrofontechnisch angehört. Du wirst das dann hören, wenn du das auch hörst. Vielleicht. Glaubst du? Ja. Muss jetzt auch was gewesen sein. Zum Beispiel. Weiß nicht. So. Nein, man hört uns eh. So, Ist auch das richtige Mikrofon eingeschaltet, ne? Hoffe ich. an sich schon. Ja, ja. Ja, passt. Stereo. Das ist ist sehr Informationen. Wir machen ja wirklich eine Schulung gleich auch für die Leute. Ich meine, Naja, Schulung, ich meine, wenn sie interessiert. es war halt leider, wenn man bei der Schulung alles hinhauen hätte, nicht? Dann hätte es einen Sinn. Aber wir erinnern uns an unseren Physikunterricht im Gymnasium beim Herrn Professor Hasenleitner, mein Klassenvorstand. Da hat gar nichts hingehauen bei den Versuchen, kein einziger.
im letzten Jahr dann in der 4. Klasse, bevor ich in die HTL wechselte, hatte ich dann die Frau Dr. Kerber. Bei der hat Kerber. So, da hat alles hingehauen. Ja, inklusive die Benotung. Und hatte auf einmal einen sehr gut. Ich hatte auf einmal nicht gekriegt. Ich habe nämlich das Interessante bei uns, als wir zu Ostern mit meinen Eltern, also mit der Mama und mit Urlaub waren, genau bei den Professorinnen, wo der Klaus immer nicht genug hat, habe ich sehr gut gehabt. Schwarz, durchgehend, sehr gut. Kerber, sehr gut, halbjährlich, sehr gut im Ganzjahreszeugnis in der 4. Klasse, bevor ich in die HTL gewechselt bin. Das war schon. Ja, zwei. Naja. Malchik, Geografie, sehr gut. Ja gut, in der Unterstufe. Geschichte, Du warst ja nicht in der Unterstufe dort. Nicht in der Unterstufe habe ich auch gute Noten. wie soll ich Noten gehabt? Wie gut, das Arme habe ich die Medaillen gekriegt. Nicht? Ja, nicht gut. Vorzugsschüler, das ist überhaupt aus. Einmal. Spielen wir was. Aber Weil spielen das- wir was, Da will ich spielen gar wir nicht weiter Ja, drüber. kaum kam ich in die HTL, sah es anders aus. Fritzl sagt auch, Ton und Bild gut. Ich höre euch super, Ludwig Saas, danke schön. Danke. Übrigens, servus Ludwig. Ich habe dich noch gar nicht gesehen. Haben wir gar nicht begrüßt. Nein, ich glaube nicht. Das muss ich sagen. Ich glaube nicht. Ja. Jetzt einmal wieder für die Susanne Faber mal wieder das Trendverbot. Ne? Natürlich auch für alle anderen, die es gerne hören, das ist ganz klar. Am vergangenen Freitag waren wir zwei im Trendverbot. Dass ich nicht dabei war, das ist schon. Drunter beim Kassier, da hat er fragt, macht Papa Höh. Ja, was ich sagen, ich bin eine alte Fee. Was sind denn sie? Tanzen sie Zupf der Bisam, warten's ganz Person, werden's einander dumm. Doch weil ich fein bin und nicht gemein bin, stell ich mich immer mehr mit ihnen her. Sie glauben, wenn sie da in einem Vogelhäusl sitzen, können sie eine schwache Frau tyrannisieren. Jetzt halt's mich zurück, sonst komm ich noch in Kitzen. Und du den Kartenbändiger noch eine schmieren. Endlich sind wir drinnen in der ungedeckten Kabine. Ja, aber den Ockern, die rennen Einer von den Ockerten, der ist er nämlich gefüllt. Sie freut schon aus, als wir Röntgenbild. Sie sind Gedränge in der Menge und keiner weiß, wer gewiss, welcher Versegner ist. Sie ist wie ein neuen Haus, wir singen uns Schuhe, außer bei unserem Nebenmann, der zeigt uns wieder an. So, jetzt probieren wir's heute einmal mit unseren Hosen. Kaum um das Grund dürft uns der Nachbar wieder rein. Wir kriegen zu, an Sornwurz den Großen und gehen ganz Hand ins Boot hinein. Der Gefühlte, der kommt rein, steigt mitten auf den Saft. Der längste haut's ihn hier und er ist baff. Wie er wieder aufsteht, du wie jetzt zur Brause, hier wo ihr passt nicht eine in die Duschkabine, in der nächsten Klause, unter der Brause, da rennt das Röntgenbild, grad hin und her wie wild. Sie ist ein Verhängnis, dass er so dünn ist, wenn er zum Abfluss rutscht, dann ist er futsch. Jetzt macht's ein Pumper, mit das Wasser furchtbar zusammenzuckt, weil die Gefühle hat's grad wieder einmal hin. Die ganzen Brausen sind verbogen, die Wind sind nicht druckt. Das ganze Tretverbot, das ist jetzt hin. So. Jawohl, Schnaps hat gewirkt. Hat gewirkt, aber wie? Schnaps hat gewirkt, ganz Aber klar. wie? Heißt Ganz klar. Vor allem, der spielt das gerne am Tempo mit einem Wahnsinn. Resettet. Unglaublich. Das ist das, was in der Technik ist, ausstecken. Oder O-Dran, Aufdran, ist bei mir musikalisch, also quasi Schnaps einschenken, Lahn und Wenn ich, geht das schon. wenn ich das jetzt austrinke, ist dann der Reset bei mir vorbei. Vielleicht. glaubst du? Nein, das wird schon Nein, gehen. glaube ich nicht, sagen wir mal. Bist ja kein Anfänger. Schönen Gruß von meinem Weiberl, sie hat heute viel gearbeitet und schläft schon. Bravo Wolfgang, gibst dir ein Puzzle von uns. Sehr leibend. In welcher HTL wart ihr? Matthias Mariach. Ich war in der Rosensteingasse, in der Chemie-HTL, wie man so sagt. Ebenso wie der Ludwig Sass übrigens, ja. Der da auch immer bei uns dabei ist. Ein lieber Freund, den ich wieder getroffen habe mit seiner Frau, mit der Sabine. Und du warst gar nicht in der HTL, ja. Wirtschaftskundiges Realgymnasium, also vollkommen eine Matura für Lebensunfähige. Anders kann man es nicht sagen. Wertloseste Matura ever. Nein, wirklich. Ja. Das bringt im Prinzip die ganze Matura, also HTL-Matura, da lernst du irgendwas. Ja, ist so.
bei jedem anderen Gymnasium, also ganz in früheren Zeiten hat es sicher eine gewisse Daseinsberechtigung gehabt. Und da war man dann humanistisch gebildet. Ich war in einem wirtschaftskundigen Realgymnasium in Otterkring. Naja gut, was soll ich euch sagen? Das war, dass man Matura hat, damit man dann bei einer Bank arbeiten kann oder dass man dann studieren kann. Nachdem es nach diesen mit 18 nichts bist, nämlich wirklich nichts, nicht nur ein Fußabtreter. Ja, du kannst halt dann zum Beispiel zur Polizei gehen, weil da brauchst du entweder Matura oder einen Berufsabschluss. Genau. Oder du kannst gehen zum eine Militärakademie, da hätten uns sicher genommen. Also es gibt dann ein paar Dinge, wo halt eine Matura Voraussetzung ist. Aber da ist die Matura, der Schein ist Voraussetzung. Genau. Nicht die Jahre Schwachsinn. Das stimmt, ja, es ist so. Ich habe ein schönes Leben gehabt, aber die Schule hat definitiv nicht zu den Bereichen gehört, die mir irgendwas gemacht hat. Ich weiß noch ganz genau, ich habe tatsächlich im Prinzip im letzten Schuljahr habe ich angefangen zu lernen. Also nicht Schullernen, sondern habe ich begonnen, Bücher zu lesen zum Beispiel. Privat, freiwillig. Ja. Im letzten Schuljahr, weil ich Gott sei Dank in einen Freundeskreis gekommen bin. Genau. Wo auch durchwachsen war, auch Ältere dabei waren. Und die haben mich beeindruckt, die haben Wissen gehabt und alles. Ja, genau. Na, immerhin das, sonst war ja Flaschen. Lebensunfähig, komplett. Saufen habe ich können, da war ich gut, da war ich wirklich gut. Naja. Habe ich auf der Uni bewiesen. Das war halt einmalig. Aber das ist halt auch nur halt als Student, als bummelnder Student ist das ein rechter Hetz. Aber direkt eine Qualifikation. Wir haben uns so richtig kennengelernt, da warst du gerade das erste Semester auf der Uni. So richtig kennengelernt. Ja, stimmt, da war ich auf der BOKU. Ja. Natürlich, weil im zweiten Semester. Forstwirtschaft, hast du wirklich Forstwirtschaft gespielt sogar. Forstwirtschaft, was denn? Ja, nur, da bin ich drauf gekommen. Forstwirtschaft, jetzt wirklich. So, Freunde, jetzt ist die Geschichten, jetzt muss ich meine auch machen. Ich müsste euch das ja so vorstellen. Ich habe 1000 Ideen gehabt in meinem Leben. 1000 Ideen. Das will ich machen, das geht ich machen, das. Gute darum. Auch. Und meine Eltern haben mich im Großen und Ganzen wirklich unterstützt, wenn sie gemerkt haben, ja, das geht der ernst meinen. Und aber viel Strohfeuer, wie man bei uns sagt. Viel ist nicht hingehauen. Und bei sehr vielen Dingen haben sie dann auch gesagt, zu Recht, Burle, lass das machst du nicht. Ich kenne dich, das ist nichts, das wird nichts, das ist nicht deins. Da haben sie recht gehabt. Aber als ich gesagt, komplette Flaschen mit einer Allergie auf Gräser und Pollen, technisch, vollkommen, also kann ich gar nicht sagen, technisch war ja nicht vorhanden, ich habe nichts gemacht. Also insofern kann man nicht einmal sagen, ob ich Talent gehabt hätte. Mittlerweile weiß ich, dass ich Talent habe, auch für technische Dinge. Aber damals habe ich nicht gewusst, weil ich nichts gemacht habe, weil faule Sau auch, also ich habe nichts gemacht. Ne? Also technischer Flasch. In diesen ganzen naturwissenschaftlichen Fächern in der Schule, wie du hast ja schon angesprochen, Chemie, Biologie, Physik, ich war die ärgste Flaschen. Wirklich. Und ich habe zu meinen Eltern gesagt, ja, und ich komme mit der Idee, ich möchte Forstwirtschaft studieren. Und meine Eltern haben gesagt, das ist eine gute Idee. Habe ich gesagt, warum habt ihr nicht eures Amtes gewaltet? Und habt als Eltern gesagt, Burle, was willst du Forstwirtschaft studieren? Das ist ja vollkommen idiotisch. Nein, und so ist eine gute Idee, na gut. Das habe ich genau 2 Semester, glaube ich. 2 Semester, aber ja, ein Jahr lang. Ja. Dann habe ich gesagt, ja, das hat ja keinen Sinn, weil da waren Leute aus der Forstschule, die haben sich leicht da mit den ganzen Forstgeschichten. Dann waren die Leute aus der HTL, die haben sich mit der Technik, dann waren 3 oder 4 Leute von einem Gymnasium wie ich. Wir sind gleich komplett. Baustatik, im ersten Semester Baustatik, Wild- und Waldökologie, was da alles gegeben hat. Was will der von mir da? Die Berechnung von einem Haken, den Zug berechnen. Und ich dachte, Alter, das ist erst, ich hab nicht einmal das Latinum zu dem Zeitpunkt gehabt. Dann bin ich auf Jus umgestiegen und mir gedacht, Gmadewiesen. Hat er geglaubt. Ja, ich habe das Latinum gemacht. Naja, und vom ersten Abschnitt habe ich ein paar Prüfungen gemacht. Halt, ne? Ja, das war's. Dann war ich lange inskribiert. Dann lange nichts, dann habe ich irgendwann einmal privat, also da waren wir schon Berufsmusiker. Da waren wir schon lang Berufsmusiker, schon 2-3 Jahre schon, also lang, aber aber das wird sogar länger, weil das muss jetzt her sein, gute 10 Jahre vielleicht. Und 20 sind wir schon Berufsmusiker. Ja. Und da habe ich dann einmal Musikwissenschaften inskribiert. Genau. Und ein Semester gemacht.
Aber wirklich aus Interesse. Nämlich. Interesse, ja. Das war ja andere Herangehensweise Na klar. als 18-Jähriger damals. Na klar. Bei dir, ne? Und dann ist halt auch so, ich habe auch von JUS und auch von der Forstwirtschaft, ich habe ja viele Zeugnisse gehabt, das hat mir ja schon viel gebracht auch, nicht? Also auch jetzt beim letzten Studium, da was ich angeschlossen habe. Auf jeden Fall, Musikwissenschaften war interessant, hat mich dann zeitlich ein bisschen zu sehr hergenommen und so interessant war es dann auch wieder nicht. Und man gedacht habe, ja, ich habe reingeschnuppert, war interessant, passt. Und dann habe ich das Studium gemacht, was ich eigentlich machen wollte, was meine zweite Wahl nach der Musik gewesen wäre, was aber auch kein Beruf Aussicht dahinter gewesen wäre. Damals noch Volkskunde und wie ich inskribiert habe, dann schon europäische Ethnologie und da habe ich zumindest dann einen Bachelor gemacht. Aber auch nur dank der ganzen Zeugnisse, die ich schon gehabt habe. So, das ist mein akademischer Werdegang, was sagst du jetzt? Schön, ein schönes Resümee. Richtig, und da, wo ich den Erfolg Werdegangs, gehabt habe, absolut, quasi, ja. den universitären Erfolg, das war quasi Hobby, das war privat, das hat mir nichts mehr gebracht. Ich meine, also beruflich nicht. Hingegen, in der Schule, im Gymnasium, bin ich in der 5. Klasse sitzen geblieben. Die habe ich wiederholen müssen. Warum? Weil ich Gitarre gespielt habe. Ich habe lieber Gitarre gespielt, als gelernt für die Schule. Das heißt, mein erfolglosestes Schuljahr war mein erfolgreichstes Jahr für später, weil von dem lebe ich heute. Sonst könnte ich mit dem nicht zusammenspielen. Ja. Das war das beste Jahr. Gut, so wie ich beim ersten Lied hätte gespielt habe, okay, dann kann man jetzt darüber Glaubt streiten, man, aber glaubt man als blutiger Anfänger auf der Kontergitarre. ich glaube, ich habe noch nie getan. Ich kenne aber solche Sachen auch. Ja. Natürlich. Ja. Jus, sehr trocken, Bier her, ja. Ja, aber Jus, muss ich sagen, also habe ich nichts gelesen auf der Uni, aber da habe ich auch nicht viel gemacht. Ich war ein bummelnder Student, ich war unterwegs. Ich war wirklich so einer, der auf Festen war, der wirklich einfach unterwegs war. Ich war bei Vorträgen, die alles gar nichts zu tun gehabt hat mit der Uni. Ich hab meine größten Freundschaften, mein Netzwerk, wenn man so will, und alles, das kommt eigentlich aus der Just-Zeit. Ja, das stimmt. Ja. Das kommt aus der Zeit, wo ich Just studiert habe. Das war ja irgendwie interessant. Das war eigentlich meine erfolgreichste Zeit, was sozusagen mein gesellschaftliches Umfeld betrifft. Muss man echt sagen, ja. Ja. Das war just. So, jetzt habe ich das eingedruckt. Was sagt ihr jetzt da? Seid ihr ausgestiegen alle? Nein. Ja, es hat schon weniger Zuschauer. Ja, glaube ich. Nein, mehr. Nein, das passt. Ich verstehe das mit der Gitarre, sagt er. Schau, der Christoph Acker. Servus, Chris. Könnt schon anfangen, ich bin da. Passt, dann gehen wir so. Daumen hoch, Freunde an der Blasmusik. Hab ich so einen Schnagel auf. Der Blasmusik. Georg Scheuer, recht hast. Haut's eine. Einen Daumen hoch, bitteschön. Und weißt du, sagst Blasmusik, möchte ich gleich Werbung machen. Ja, unbedingt. Da Passt möchte ja heute genau in die Gegend, wo wir sind. Richtig. Weil nächsten Samstag sind wir ja da in der buckligen Welt, im Skonarium So ist in es. Bocino, gemeinsam mit dem Musikverein Bocino. Hast du schön gesagt. Ich freue mich schon drauf. Freier Eintritt. Was kann man noch sagen? Den Rest steht das da. Ja, 1930. Ich glaube 1830 ist Einlass. Ja. Und im Skonarium, das ist quasi in Bocino. Bocino ist wirklich nicht groß, man findet es. Also Skonarium, das ist quasi das wunderschön gelungene und wirklich hervorragend gelungenes, wenn man so will, Veranstaltungszentrum. Zentrum, ja. Beherbergt auch die Dauerausstellung über das Gas, ist ja eigentlich ein Gas, was wir haben, Ja, genau. da in Bocino, also über unsere Heilquellen. Ganz toll gemacht, ganz modern, sehr leibend. Und der Konzertsaal, erstens einmal wirklich, da spielen schon Größen, also das war ja der Plan auch von der Gemeinde, der Bürgermeister, der ja selbst auch studierter Jazz-Schlagzeuger ist, Genau. ist ja auch ein Musikfan und die haben da wirklich ein tolles Programm jedes Jahr aufgestellt. Jedes Jahr immer besser, immer stärker. Mir kommen natürlich auch vor. Ja, aber auf jeden Fall in diesem tollen Saal ist der Musikverein Bocino, die Blaskapellen, Blasmusik, Weltleimer, wirklich eine leibende Partie. Die spielen ihr Frühlingskonzert und da haben wir die Ehre, Gäste zu sein. Also wann wer Lust hat, macht einen Ausflug. Bocino ist ja von Wiener Stunde entfernt. Ungefähr, je nachdem, von wo du in Wien kommst. Und natürlich Detto auch Graz, nicht? Auch aus Graz, so Stunde höchstens. Ein bisschen mehr, vielleicht ein bisschen mehr. Ja. Aber auf jeden Fall Viel weiter, großer Tipp natürlich für den nächsten Samstag. Jawohl. So,
Der Franz Brandwein ist da ja wohl später, aber doch, das ist wichtig. Ja, ist immer gut, Anwälte zu kennen. Ja, Anwälte kenne ich nur, aber die kenne ich alle nicht aus der Juszeit. Nein, das gab sich dann so. Ja, gibt es so. Besser was machen, was man möchte, als das, was aufgezogen wird. Ja, aber es war halt zum Beispiel, ich denke mir es halt so, dass man als junger Mensch konfrontiert wird. Gezwungen wurde ja die BOKU auch nicht. Und das Juststudium. Nein. Waren ja auch freiwillige Entscheidungen. Ja, weil jetzt im Prinzip, weil mir eigentlich, erstens einmal, weil mir ja der Musikwunsch verwehrt wurde, mehr oder weniger, also nicht jetzt von den Eltern, sondern jeder hat auf mich eingehört und gesagt, naja, Musiker ist ja kein Beruf und so weiter und so fort. Und ich hab's halt dann irgendwann, man ist ja auch beeinflussbar. Ne? Natürlich, na klar. Und hab das halt dann mehr oder weniger gesagt, ja, wenn sie schon recht haben, ne? Das ist halt, schon ein unsicheres Leben und so. So gut war ich dann auch wieder. Und ich habe gewusst natürlich, dass ich kein großer Lerner bin. Nicht? Also diese Ausbildungswege der Musik hätte ich vielleicht nicht erblasen. Dann war ich halt vielleicht gar nicht da, wo ich jetzt bin. Möglicherweise, ja. Ich habe eine Zeit lang immer gesagt, ich liebe Musik zu sehr, um es zu studieren. Das ist auch ein wahres Wort. Wahrscheinlich. Zum Teil vielleicht. Wahrscheinlich. Ja. Aber in Wahrheit habe ich es nicht studiert, weil ich mich nicht gegen die Widerworte wehren konnte, weil ich nicht stark genug war oder mein Wille nicht stark genug war, wirklich Musik zu machen. Ne? Und alles andere waren halt auch also Ideen. Und im Prinzip war es das, dass ich gesagt habe mit 18, also mit 19, weil ich einmal sitzen geblieben bin, ja, jetzt habe ich Matura, das heißt, ich habe nichts, ich bin nichts. Da kannst du in einer Bank anfangen irgendwo, oder halt, ja, gibt schon verschiedene Berufe, wo du Matura brauchst, aber das sind nicht Berufe, wo du sagst, das sind ja keine Traumberufe, da kommst du rein. Und es wurde auch mehrfach angeboten von vielen, wie es halt bei jedem so ist, von den Eltern, von Freunden oder keine Ahnung wer, oder nicht, erst die Kinder am dort und dort unterbringen, ne? Der Klassiker. Ja, ich hätte in 5 Banken anfangen können, nicht? Super. Nein, aber ich gesagt, wirklich, das war für mich tot gewesen. Das wäre für mich, ich kenne dich so lange und ich kenne mich auch, aber das ist nichts. Also, und ich war zu schwach, dass ich mich halt da wehre. Ne? Ich meine, in dem Alter ist man ja auch nicht wirklich überzeugt, ne? oder manchmal zu. Es gibt so viele Überzeugungen oft in dem Alter, nämlich auch, ja, wo man überzeugt ist von was und das war und das und das und das. Aber es hat sich das Richtige für uns beide wirklich herauskristallisiert. Es hat Gott sei Dank funktioniert. Ja, muss ich wirklich sagen. Und es waren schon natürlich meine Eltern da immer hilfsbereit, weil sie halt, die haben schon versucht, mich halbwegs zu lenken, zumindest in die Richtungen, wo ich irgendwo eine Leistung bringe. Und ich gesagt, in der Musik, da ist er schon stark. Und im Volkskunde auch oder so. Aber da haben wir halt dann wirklich gesagt, da bist du nichts, da hast du nichts. Ne? Also du bist viel, du bist nicht ein Magister, na super. Aber dann einen Beruf finden und Verdienstebene, naja, gut, das ist. Und ich habe natürlich so gedacht auch, ne? Ja, na klar. Dass du nicht aus jeder Ausbildung was machen kannst und dass du nicht ganz groß werden kannst, auch wenn du willst. Das war mir irgendwie nicht so recht klar. Nicht? Das ist halt so. Nicht? Das waren nicht so diese Zustände. Und es war interessant, weil man halt auf das verzichtet hat, seine Überzeugung durchzubringen. Aber es lag vor allem auch daran, weil man seine Überzeugung gar nicht gekannt hat. Ich hätte es damals auch machen sollen, schon mit 18. Ja. Gleich direkt. Aber auf der anderen Seite, ich finde es am gescheitesten, man sollte das machen. Im Prinzip so, wie ich es gemacht habe. Ich habe viel gemacht. Ich war selbstständig immer. Ich habe immer was gearbeitet. Also, so ist es ja nicht. Aber bei beides. Ja, absolut, aber ich sage dir, der beste Weg für die Jugend ist es im Prinzip wirklich der. Probier dich aus. Mach das, dann mach das, dann mach das. Es ist vollkommen wurscht. Du musst mit 30, musst du noch nicht quasi auf die Pension hinarbeiten. Da kannst du noch, meiner Meinung nach, da kannst du noch ausprobieren. Da kannst du noch probieren. Ich meine, du musst nicht dahinter sein. Wobei ich sagen muss, mit 30 war schon bei mir definitiv. Ja, schon, aber man kann ja trotzdem noch probieren. Es ist ja nicht 30 war schon 3 Jahre klar, also Berufsmusik. Also das kann schon jemanden bei 20 auch sein. Aber wenn es jemand mit 29, wenn der sagt, ich bin noch immer nicht zufrieden, ich bin noch immer nicht angekommen, ist ja wurscht. Hauptsache, du tust was. Ja, tun muss man. Also man darf nicht darauf warten, nicht daheim sitzen, Netflix schauen und darauf warten, dass was wird, das spielt nicht. Aber wenn du sagst, ich probiere das, ich mache jetzt die Ausbildung zu dem und dann, ist da nicht meins, ich mache eine andere Ausbildung, ich mache das. Nein, ich mache mich selbstständig mit dem, wird auch nichts. Wurscht, das ist, was so ist. Aber wenn ich mir denke, stell dir vor, ich hätte mit 19 Jahren in einer Bankfiliale
Und ich habe nichts gegen, bitte, um Himmels Willen, Ja, bitte nicht. nichts gegen Leute, die im Bankschalter sitzen und sonst was. Aber für mich wäre das gleichbedeutend mit lebenslanger Haft. Und entweder war ich irgendwann entkommen oder ich hätte mich heimgedreht. Bin ich überzeugt. Irgendwann. Vor Unglück. Ja. Aber da war ich früher wahrscheinlich. Schwerster Alkoholiker wurden wir Nein, da war ich früher wahrscheinlich entkommen, war ich ausgestiegen. sowas, ne? Wahrscheinlich wäre ich ausgestiegen. Aber ja, das ist natürlich schon, muss man sagen, war gut. Das beidelt mich richtig an. Wenn ich daran denke, so einen Job zu haben, das für mich, furchtbar. Ich meine, das, wie gesagt, hat nichts mit dem Job an sich zu tun, aber für mich wäre so eine Art von Arbeit, na, das war tödlich. Kennt ihr, was du mir einsperrst? Könnt das mir einsperren? Wahnsinn. So, jetzt einmal, besser ein leibhaftiger Musikant als ein Fachidiot. Prost, bravo, Franz Brandwein, das ist aber gut. Mit der Musikliebe bin ich ganz bei dir, Klaus, gell, Wolfgang, ja. Jetzt stellt sich mal vor, der Klaus wäre beim Zoll oder der Polizei gelandet. Das ist am Tisch gelegen. Also das, Ja, definitiv am Tisch gelegen, ja klar. ja. Schau, der Vater da ging ja Wolfgang, ja, das hast du schon mal gesagt, ja. Ja, Klaus, ich glaube, so solltest du dir mal die Ausstellung anschauen oder ich nochmal. Ja, genau. Wir waren schon drinnen. Jus ist fürs Sozialleben wichtig gewesen. Ja, absolut, das war meine beste Zeit. Ludwig Sass, das war meine beste Zeit, da habe ich wirklich das größte Netzwerk aufgebaut. Schau, der Manfred Kraft ist auch da. Heute auch keine Chorprobe, jawohl, dafür schwimmen wir in der alten Donau. Selbst so spät noch passt, Hauptsache du bist da. Ja. Du hast Matura, aber du bist ein Mensch und das zeichnet dich und auch den Patrick aus. Ja, Wolfgang, danke dir schön. Dankeschön. Ja. Da hat der Klaus eine rote Birne. Auch mit der Klaus und schon wo angehauen. Ja. Ja, heute war ich draußen im Garten, was soll ich sagen? Schwerer Pollenallergiker, Ja, das ist auch noch. genau die richtige Tätigkeit, ja. How much does money means? Ja, jetzt geht's auch mit dem Banker. Der Klaus ist all my staff, bin heute wieder dabei. Aber nur Grüß kurz, dich, bin nicht ganz servus. fit und werde früher schlafen gehen heute. Jawohl. Dann alles gute Besserung, weil mein Staff schön, dass du da bist. Ja. Dann Röschen Keller haben wir heuer, ja, diese Woche, am Freitag, kommenden Freitag, genau. dann Röschen Keller, wenn wer Lust hat, Zeit hat. Ja, Peter Sachs hat Biochemie studiert, bei Böhringer gearbeitet und hat sich dann als Musiker selbstständig gemacht. Ja, ich weiß nicht, ob ich das zusammengebracht hätte, weißt du. Lerne einen anständigen Beruf. Polizist kannst du immer noch werden. Ja, Lustig, stimmt. ja, genau. Ja, du bist der Chemiker geworden. Ne? Das ist Aber es ist halt bei mir natürlich, Ja. in der Familie sind halt Polizei vorhanden und eben mein Vater war ja beim Zoll und ich habe jetzt so kein Problem gehabt, aber ich wollte einfach kein Beamter werden. Und zum Beispiel jetzt mein Neffe, dessen Geburtstag wir gestern gefeiert haben, der ist jetzt auch beim Zoll. Ne? Der war aber nicht mehr Protégé vom Vater, weil der Vater dann schon zu lange weg war schon. Aber ja, der ist jetzt auch Zollbeamter. Und mir hätte das Aufgabenfeld oder Nein, so, das alles ist nicht- im das Büro ist nicht- sitzen. Im Büro sitzen, ja, das war im nicht Büro meins. sitzen. Oder auch wenn Nicht ich meines. unterwegs bin. Nein, das kann ich Das nicht. ist auch der Grund, Gott sei Dank, dass ich nicht Chemiker geworden bin, weil die Chemie, so wie man sich das vorstellt als 14-Jähriger, ist nämlich ganz anders, dann, wenn die Laufbahn weitergeht. Irgendwann hast du einen Büroposten, unter Anführungszeichen fast, das ist, der Ludwig kann das wahrscheinlich bestätigen, dass das mit der eigentlichen Chemie noch immer viel zu tun hat, aber nein, eigentlich auch nicht. Diese ganze andere administrative Sache, das kann ich gleich als Musiker, das habe ich als Musiker auch natürlich, klar, haben wir. Ja, Das ganze rundherum. gehört halt dazu. Und das nicht? ist sehr viel und das ist mehr, als was ich am Instrument verbringe, definitiv, alles andere. Aber das macht trotzdem einen anderen Spaß als Chemiker, wenn ich dann dort sitze. Ja, das nimmst du als Notwendigkeit. Das gehört halt dazu und dann mache ich es halt. Ne? Ja. Es ist halt, wenn ich gerne ein Auto habe und ich muss ich halt tanken auch, ne? Das ist Natürlich, halt unangenehm, ja, aber es gehört dazu, man macht es. Ne? Ja, das ist halt eine wirklich spannende Geschichte. Aber der Roland Sperg, ja, wir sind halt seelenverwandt. Du kannst ja auch immer was Neues machen. Wenn ich zurückdenke, habe ich eigentlich alle 6 bis 7 Jahre was anderes gemacht. War lässig, nie Fahrt, ja genau. Und bei mir im Prinzip ist es sehr ähnlich. Ja. Ich meine, wir machen zwar jetzt schon seit 30er oder seit 20er hauptberuflich, Hauptberuflich, ja, genau. aber das ist, genau. halt trotzdem was anderes. Aber da haben wir dazwischen Projekte gehabt, andere, es waren so viele andere Sachen trotzdem dabei. Das ist so bunt, ja, dieses Leben, das passt schon. Der Ludwig sagt so, ja, ich bestätige. Jawohl. Ja, genau. Lach, ja. Maggie ist endlich im Zimmer angekommen, wo es wohnt.
Passt. So, was reißen wir an? Was reißen wir an? Der Korbesrudi hat da 2 Wünsche. Korbesrudi hat Wünsche? Eins war Sag. ein gefrittes, also ich glaube, die Leute haben zu wenig gehört. So was letztes Mal gemacht, glaube ich, gell? Haben wir das letzte Mal auch Ja. gemacht, ja. Das lassen wir aus. Das lassen wir aus. Und was war das andere? Rudi 2 Sachen waren, ich kann mich erinnern. Ich weiß aber nicht mehr, was das zweite war. Du findest es wieder nicht wahrscheinlich, ne? Ja, werden wir schauen. Soll ich auch schauen? Ich schaue auch. Wo ist der Rudi Korbes? Der Rudi Korbes, da ist er, da hat er die Achtel rein. Das habe ich gefunden. Wenn mich der Herrgott fragt, ja. Ui, da kann man wieder So ist auch versingen. gerade gefunden. Kann man wieder versingen, verspülen, jawohl. Jawohl. Pusterwahl, ne? Oder? Ja. Mein Adler hat mir oft und oft eine alte Geschichte erzählt. Der Herrgott geht langsam durch die Welt. Und wenn man da begegnen tut, das ist die zweite Strophe, gell? Ja. Jetzt alles vermischt. Nein. Von vorne noch einmal bitte, Herr Kollege, ja? Mein Adler hat mir oft und oft eine alte Geschichte erzählt. Geht langsam durch die Welt. Keine Ahnung, wie der Text geht. Jetzt scheiße ich bald drauf. Nein, ich sag's dir, jetzt scheiße ich bald drauf. Wie geht denn der Text? Es ist der Wunder, ich will mich jetzt die ganze Zeit Nein, ich weiß, weil sonst hättest du gesagt, aber ich habe es am Blick Ich gesehen. habe jetzt nachgedacht die ganze Zeit, wie geht die erste Strophe. Wir Wir spielen spielen ein Lied 20 Wir Jahre. spielen das jetzt nicht, tausende bevor wir es nicht Male. kennen. Mein Adler hat mir oft und oft eine alte Geschichte erzählt. So hat er gesagt, der Herrgott kommt mitunter auf die Welt. Und wenn man da begegnet, tut den Ritter freundlich auf. Und mancher fromme Wunsch, der geht auch in Erfüllung. Und dann haben wir, jetzt haben wir es. Jetzt können Ja. wir spielen. Sagt's einmal. Warte, lass mich austrinken vorher. Bitteschön, ja. Das sind zum aus der Haut fahren. Wir trinken zu wenig, glaube ich. Wir zuzeln da jetzt Na, da die Flaschen auf dann. eine Stunde bald schon. Ja, Da war die Glasl um. 2 Bier, Das es ist 8 Uhr und 2 Bier getrunken. Das ist ein Win. Und seit 7, 7 war es da. Von 7, wie spät ist jetzt überhaupt? Nein. Nein. Das ist natürlich das Problem. Wir haben es erkannt, so nüchtern. Und du kannst ja nicht nüchtern sein, du spielst ja oft nüchtern. Ja, eigentlich 90% eigentlich, ja. Ja, bei mir wird es sein, ich bin es nüchtern. Na, sowas Blödes. Aber bitte, live ist live. Jetzt sehe ich endlich die Leute einmal, was passieren kann. Schau, der Magner Sterzinger ist da. Ja, was kann denn passieren? Grüße Nichts Gott, kann servus. passieren. Nichts. Na, gar Versingen mit Ansage, ja, wirklich wahr. Wirklich wahr. Keine Sorge, das Lied, das gehört alles zum Lied, sagt der Allmeister auf. Der kennt sich aus. So, Patrick, Nochmal Einlauf. jetzt reiß dich noch mit zusammen, bitte. Ich reiß mich immer zusammen. Mein Adler hat mir oft und oft eine alte Geschichte erzählt. So hat er gesagt, der Herrgott kommt mitunter auf die Welt. Und wenn man da begegnen tut, den Retter freundlich an. Und mancher fromme Wunsch, der geht auch in Erfüllung dann. Ja, das wär doch wirklich gar nicht schlecht. Ich wisst schon, was ich sagen möchte. Wann mich der Herrgott fragt, ob mir denn gar nichts fehlt, da mache die ein Buckel, das Schönste auf der Welt. Ich sage, lieber Herrgott, wenn's grad gut aufgelegt bist, dann bring die alte Zeit zurück. Die Zeit voll Glück.
Schule, da haben wir gelernt, ein Lied voll euch gewollt. Der liebe Gott, so heißt es drin, geht einsam durch den Wald. Und wem er da begegnen tut, den redet er freundlich an. Und mancher fromme Wunsch, der geht auch in Erfüllung dann. Ja, das wäre doch wirklich gar nicht schlecht, weil ihr wisst schon, was ich sagen möchte. Wenn er mich der Herrgott fragt, ob mir denn gar nichts fehlt, da mache dir Buckel das Schönste auf der Welt. Ich sage, lieber Herrgott, wenn's grad gut aufgelegt bist, dann bring die alte Zeit zurück. Die Zeit voll Glück. Jawohl. Mit Vereinten Kräften, Hallo, Herr ey. Kollege. Ja, ich glaub, Danke euch für die Achtung. schau, dass wir noch ein Wienerli zusammenbringen. He? Wir sind ja wirklich eine starke Partie. Für Korbesrud haben wir es gemacht, 3 Anläufe und dann hat es hingehört. So, ich gehe jetzt ein Bier holen. Ja, Bier holen. Weil Der Magnus Sterz, also ich hätte seit lange eine Frage an Patrick. Hat auch deine Harmonika auch Passknöpfe und wird die Diskantseite wie ein Knopfakkordeon gespielt, C- oder B-Griffweise? Na, das wird er da gleich alles beantworten. Magnus, das wird er dir alles beantworten. Spanne von Theater so voll für unsere 16er. Ja, das war manchmal nicht schlecht. Meistens ist es so, dass man mit Text vergisst, dass der Patrick Mais sagt und fast immer sagt er mal falsche. Das ist überhaupt immer das Beste. Das stimmt aber. Moment. Nein, nicht Moment, das stimmt, das ist genau so. So, ich bin schon da. Ich habe die Frage natürlich vorgelesen, gehört natürlich. Das ist im Prinzip ein B-Griff-Akkordeon. Bässe hat die keine, weil man, Mach nämlich, auf, wenn's redst. wenn wir im Backing nämlich spielen, gemeinsam lasse ich die Bässe weg und das Instrument wird dadurch natürlich um vieles leichter. Wenn ich daheim allein spiele, ich habe mehrere Schrammelharmonikas, habe ich ein normales Akkordeon-Basssystem drauf auf der linken Seite. Und merkt man hat ja traditionell war ja auf diesen Schrammelharmonikas auch tatsächlich nur so ein diatonisches Behelfsbasssystem. Ich sage immer Behelfsbasssystem dazu, weil du kannst eigentlich gar keinen richtigen Wechselbass spielen, weil du hast zwar alle 12 Töne einmal vorhanden und auch als Begleitakkord, aber immer nur einmal, entweder auf Zug oder auf Druck. Und du hast zum Beispiel, wenn du ein C auf Druck hast, hast du das G auf Zug drauf. Also das ist wirklich nur für mich ein Behelfsbasssystem gewesen eigentlich, ja. Ursprünglich, ja. Wienerisch hat man dazu gesagt, das sind die Schlapfenbässe, weil die auch relativ schlecht angesprochen haben damals. Also gerade die Sachen, wie die Schrammelharmonika entstanden ist, so im 19. Jahrhundert, so 1870er Jahre, 1880er, 90er Jahre, da war das Stimmenmaterial auch noch nicht wirklich so gut. Und das war sehr schleppend, ist das dahin geschlapft quasi. Ne? Dadurch hat man dazu die Bässe auch Schlapfenbässe gesagt damals. Ja. Wenn man sieht, wenn man schaut, zum Beispiel beim Schrammelquartett, es spielt tatsächlich der Harmonikaspieler nie mit den Bässen mit. Ist tatsächlich interessant zu beobachten. Und, ja. Nein, das hat man kommt sich nämlich auch, wenn man mit der Kontragitarre kommt in die Quere. kommt man sich in die Quere. Nur dazu ist die Melodieseite bei der Schrammelharmonika doch etwas gedämpfter und nicht so wie bei einem Akkordeon und dem klassischen Schifferklavier, oder wie man das so kennt, oder beim Jazz-Akkordeon, das doch recht dominant ist auf der Diskantseite. Da eher bei der Schrammelharmonika ein bisschen gedämpfter und es wird auch dann zu laut. Man doppelt dann die Bässe, nämlich von der Kontragitarre und nochmal einen Bass dazu und hat aber nur eine Melodie. Unter Anführungszeichen. Ja. Und man kommt sich aber auch mit den Bassläufen oft in die Quere, weil die Kontragitarristen eben irgendwelche anderen Bassläufe spielen, als was sich der Harmonikaspieler eigentlich überlegt hat. Ja. Ist übrigens aus Sicht der Kontragitarristen oft anders tun. Also der Quetscher spielt dann irgendwie eine Bassläufe, die nicht. Nein, aber man kommt sich in die Quere. Also zwei Bässe brauchst du nicht. Ne? Aber deswegen ist es da. Also Magnus bedankt sich für diese Information. Bitte gerne. Schau, der Josef Dadl, unser Pepe, ist im Wohnzimmer. Jawohl, einmalig. Christoph Acker ist nur frech. Das ist, schau, Maria Louise leb.
Grüße vom Krankenbett. Na, alles Gute, alles Gute. Alles Gute, schnelle Genesung wünschen wir da. Ja. Apropos Harmonika, wie ist das mit der steirischen? Die steirische ist ein ganz, ganz anderes Instrument als die Wiener Schrammelharmonika, weil das System auf der Melodie- und der Bassseite diatonisch ist. Also man kann es eigentlich eher sagen, die steirische Harmonika ist eher so wie die Blues-Harp für Nicht-Musiker zu erklären, dass es auf Zug und Druck einen anderen Ton gibt. Also im Prinzip auf Druck die erste Stufe und auf Zug die 5. Stufe für Musiker. Ich weiß nicht, wie ich das jetzt so kurz, Na, gar so nicht. ganz Das kurz können erklären nur Musiker verstehen. so ganz das kurz ist jetzt so, ne? erklären Das kann. ist halt, das kann nur Musiker Auch verstehen. der Ton ist natürlich anders davon und die Spielweise anders natürlich. Aber ich glaube eher, dass der Wolfgang wahrscheinlich gemeint hat, mit dem Spielen, also mit der steirischen Spielen. Glaube ich persönlich. Aber bin schon im Unterricht, Ja, im nein, das Schwadronieren ist- natürlich. Da. der Franz Brandwein braucht natürlich nur ein 16 und ein Pickel. Müssen wir wirklich schauen, dass wir bald Wolfgang schreibt das schon, natürlich habe ich es mit, ja. Ja, ich meine, siehst du, wie ich das mal verstanden habe, gell? Ja, Patrick, was sagen wir zu Bier? Was? Brauchen wir Kamera? Entschuldige, Was ist? der nix interessiert das auch. Also einer das Bock, Und das Winterbier, wir werden dann tauschen. Was habe ich? Du hast jetzt im Bock. Bist sicher, weil du hast die Flaschen tauscht, das Glasl tauscht. Nix, passt schon. Alles Ist das? gut. Ich kenne mich aus. Ja, ich Dann kenn mich trinken wir aus. mal und dann sagen zum wir, Wohl. was wir da trinken. Prost zum Wohl. Prost. Das Winterbier. Tausch mal. Was habe ich jetzt? Jetzt hast du das Winterbier, du hast den Bock gehabt und ich das Winterbier und jetzt tauschen wir wieder die Retour die Glasel. Ja. Zum So. Wohle. So, die Leute können uns beim Saufen sehen. Das ist echt eine ganz eigene Kunstform von Livestream. Das Winterbier ist ein bisschen fruchtiger. Ist aber trotzdem von der Art her sehr ähnlich. Ja, aber schon sehr unterschiedlich auch. Sehr ähnlich. Das Winterbier ist irgendwie ein bisschen leichter, finde ich, aber nicht viel, glaube ich. Oder was hat? Der Bock hat 6,9%. Und der wird auf 6. Sechs. Ja, okay, ja, das Winterbier. 6. Ja. Unfiltriertes Starkbier vom Schwarzbräu aus der Gegend hier, aus Grumbach. Aus Grumbach. Der Bin ich hiesige heute fahr ich immer vorbei dort, ja. Der hiesige Braumeister hat natürlich geladen gehabt zu einer Verkostung. Und wer war dort natürlich dabei? Nicht ich. Meine Frau Mama. Meine Frau Mama hat sich doch mit 82, ja, Bierverkostung. Das schmeckt ein Bier, Sind wir dabei? aber noch ein paar Schluck geht schon. War es dabei und hat natürlich dort zaghaft ein paar Flaschen eingekauft. Stell dich hin. Woraufhin dann irgendwer gesagt hat, von denen, wo es mit war, du, wir kennen die heimfahren auch. Also, die waren mit Bus dort, nicht? Also, hat kein Auto mehr, so. Und wir kennen die dann heimfahren auch, weil ihr sind aus verschiedenen Gründen halt. Habe gesagt, ach so, dann daraufhin ist gleich wieder zum Braumeister gegangen und gesagt, ich habe gerade gehört, ich bin Chauffeur, ich kann mehr einkaufen. Und hat sich so verschiedene Biere eingekauft und in das Bockbier ist natürlich zu Ostern ist ja traditionell. Nicht? Also Osterbock, Weihnachtsbock, Bock genau, kann es ja immer geben, aber das sind so die traditionellen Getränke, relativ starke Biere und der Schwarz macht recht ein gutes Bier, finde ich. Ich finde auch, ja, gibt es auch hier in der Gegend selten, aber manche haben es auch offen auch eines, ja. Ja, manche haben es offen, ja. Aber es ist halt so. Bei Uwe und Veronika kriegst du das offen zum ja, Beispiel. genau. Also beim Triad, ja. kann Genau. man sagen, beim Triad, wir sind eine Kann man Dauertrinkspiel-Werbesendung. Stell ich gleich her. Richtig. Natürlich, meine Lieben. Aber ich muss noch schauen, dass ich mich nicht ganz Nein, das geht heute, das passt schon. Beim Triad, ja, gibt es offen. Es ist ja so, das Problem natürlich mit offenem Schwarzbräu, was mir manche Wirten erzählt haben, ist halt, was die jetzt von den Gästen, die vor allem also, ich sage jetzt einmal, auch Geld da lassen, im Sinne von, dass sie einfach da trinken an der Bar oder was nicht. Ja, die wollen, die trinken dann Punta Gamma und Co. Die sind jetzt nicht so auf Feinspitz unterwegs und wenn es dann auch noch um ein paar Cent mehr Wobei kostet. das normale Märzen vom Schwarzbräu zum Beispiel ein wunderbares Ja, Bier aber es oder- ist trotzdem, es ist auch schon für, anders. Es ist ist schon natürlich klar, anders als anders, jetzt na klar. klassisch anders. Klar. Ja. Ja. Aber die Familie Sass kennt natürlich sicher die Schwarzbräu. Also, auch. logisch. Ich bin überzeugt. Ne? Natürlich Saß als Weißt Brauer. du, die Brauer? Ja. So, wo bin denn ich damit mein
Der Bock ist gut. Der hat's da aber auch gleich. Nein, das ist schon Der hat's stärker, gleich. ja. Patrick, hast du auch mehrere steirische, unterschiedliche Tonlagen? Fragt der Magnus Sterzinger. Ja, habe ich. Habe ich, ja. Neben der ADGC habe ich noch die GCFB von meinem Großvater, Baujahr 1986. Die alte Ölerer noch. Dann habe ich eine uralte aus den 30er Jahren, eine Stachel. Das ist die BSAs, oder? Das ist eine CFB. Allerdings mit, geht ja gut. allerdings mit der Hochstimmung noch. Also eigentlich ist fast ein Cis-Fis-H eigentlich von der Stimmlage her, mit den Originalstimmzungen noch drinnen. Ein ganz, ganz interessantes Instrument, was die damals in die 30er Jahre schon mit den einfachsten Werkzeugen damals zustande gebracht haben. Großartig. Dann habe ich eine alte Araka aus Haus im Enstal, der hat ganz wenige Harmonikas nur gebaut, also aus den 30er Jahren. Ja, und das war es eigentlich. Und meine halt, mein Jamnik da. Und vom Ernstl Spirk und von mir auch eine CFB, eine neue. Ja. Unnötigerweise. Nein, nicht unnötig, der spielt sehr viel daheim. Ja, daheim kannst du spielen. spielen. Daheim kannst du viel spielen drauf. Nur dreireihig und eine vierte Reihe mit 7 Zusatztönen. Also man kann auf der so chromatische Fortschreitungen recht gut auch spielen, ja. Könnte man, wenn man wollte. Kann man. Aber er weigert sich immer in CFB zu spielen. Ne? Nein, weigern tue ich mich nicht, aber es ist nicht die optimale Stimmung für die Kontergitarre. Ja. Es ist mal so. So wie auch die Bläser sagen ja. würden, zum Beispiel bei ADGC ist nicht wirklich meins. Die Streicher hingegen würden sagen, bei BSAs, na geht oder was. Wobei ich kenn Geht ein, oder was, kenn aber- ein paar Streicher, die stimmen dann die Geige um einen halben Schritt um. Ja, nein, geht oder was. Nein, ich kann es als normal spielen. Also jeder kann es auch normal dazu spielen. Nicht? Es ist auch hier ja alles drauf, nur Einfacher wird es, um die Leerseiten zu verwenden und ohne nachdenken zu müssen weiter. Ist es natürlich einfacher. Ja. Nein, es geht nicht ums Nachdenken müssen, es ist natürlich eine Gewohnungssache, aber ich kann, wenn ich eine CFB-Stimmung habe, auf der die Kontergitarre nicht so ausnutzen, Das ist klar. das Volumen, diese Gitarre, wie halt bei anderen. Nicht? Weil ich halt alles mit dem Finger kompensieren muss. Und der Capotaster, den würde man verwenden meiner 6er Seiten, na, der würde mir dann überhaupt 2, 3 Töne abschneiden Ja. und unmöglich dann machen, sie zu spielen, was nicht im Sinne des Erfinders ist. Das Aber geht Klangbild, jetzt das Klangbild von der Kontergitarre ist einfach auch bei gewissen Tonarten einfach schöner. Gerade wenn man ein Instrumental spielt, dann kommt Ja. das noch mehr wirklich zu wirken. Man muss sagen, es ist einfach, Ja. man Nein, kann alles spielen, aber ich Klar, habe halt, die halt Lage viel mehr ändert- Die Lage Möglichkeiten. ändert sich dann natürlich dabei. Ich Das kann ist es das. besser ausnutzen. Und das ist auch bei dem Blasinstrument, du kannst jede Tonart drauf spielen, Genau. aber nachdem der Grundton, wenn alle Ventile geschlossen sind bei der Klarinette, bei einer B-Klarinette ist es ein B. Und dadurch baut sich das dann immer weiter auf, in welche andere Tonarten man geht, ändert sich dann das Klangbild irgendwo hin, für das das Instrument dann nicht so gut klingt manchmal. Ne? Darum gibt es ja auch C-Klarinetten, auch B-Klarinetten, auch S-Klarinetten. S-Klarinetten, da sagen wir eins immer dazu, die Waffe. Die Waffe. Das ist eine Waffe, ja. Was sagt der Hörschutz dazu? Schön, Wolfgang, sein Weiberl ist gerade aus dem Bett geklettert, lässt euch schön grüßen, sauft mir die Hälfte von meinem 3. Bier weg und das Bussel habe ich ausgerichtet. Bravo, Wolfgang, bravo, Weiberl. Weltklasse. So, jetzt müssen wir da spielen. Das beste Bier ist das Freibier, ja. Kann man auch so sagen. Ja. Es wird mal wieder Zeit für eine Pavlatschen aus dem Weinviertel mit Zonko. Ist ja schon ewig überfällig, ja, das stimmt. Stimmt, ja. Stimmt. Aber ich kriege jetzt ich kriege nicht einmal gescheit die Brennräume mit. Jetzt war wechselt oft mit Mittwochs, Donnerstag. Das macht mich schwierig. Ich verpasse immer. Donnerstag ist dann sehr schwierig, das kann man dann nur nachschauen. I'm as free as a beer now. Franz Brandwein. Na, pass auf, ja. Was reißen wir? Da muss die steirische holen eigentlich, gell? Brauche ich nicht einmal holen. Ich sehe die steirische, aber wir schon reden davon. Muss schon reden. Auch ein Instrument, auch schon alt. Ja, alt. Das wird, alt, ist das halt- wird heuer noch in Revision gehen. Ja. Ich muss ja gleichzeitig mit einem Besuch in der Südsteiermark, einem längeren vielleicht habe ich Zeit, dass ich zumindest 3-4 Tage dort Das kann Zeit, spielen. Ja, Das eh. ist keine Zeit, wir müssen die morgen schon machen. Schaut's rein, Freunde. Aber das Instrument auch schon 20 Jahre jetzt am Buckel.
Und das kann ein paar Sachen, die werde ich zur Familie Jamnik schauen. Ich freue mich schon drauf. Patrick, ich wollte noch Werbung machen. Ja, bitte unbedingt, bitte Ich wollte noch mach Werbung, aber ich habe das Werbung. nicht vorbereitet. Aber mit der linken Hand spielt das da eine problemlos. Schau dir das an. Schau dir das an. Problemlos. Freunde, wer es nicht weiß oder nicht mitgekriegt hat. Das ist ein bisschen größer. Alles mit der linken. Ich kann es mit der rechten auch machen. Müssen nicht zu viel bewegen. So. Jeden Montag bis Freitag Werktag spielen wir um 9 Uhr. Also nicht spielen wir, sondern haben wir um 9 Uhr. Wir haben um 9 Uhr und reden um 9 Uhr. Richtig. Wir haben einen Livestream, einen Live-Podcast. Da plaudern wir über Gott und die Welt. Und morgen natürlich gemeinsam hier sitzend. Ich hoffe, ich freue mich besonders, dass wir gemeinsam da nebeneinander sitzen. Bin gespannt, ob ich das überhaupt noch kann, dann nur beim Podcast. Früher bin ich das so gewohnt, allein eigentlich. Ja, nein, es ist eh. Aber es wird schon hinhauen. Wird schon gehen, was so ist, wird schon gehen. Aber wichtig ist vielleicht morgen nicht auf Facebook. Nicht auf Facebook, weil wir sind bei mir in der Klausel Ganz und sicher nicht, ja. das schafft die Bandbreite meines Internets nicht. Und dass ich auf offenbar, zwei- muss ich ehrlich sagen, bei mir offenbar aus Eibistal, aus dem Studio Eibistal auch nicht. Wieso? Wie wir es heute gehabt haben, war es auch nicht auf Facebook. Das hat mit dem nichts zu tun, weil das habe ich. Nein, Also, das hat mit deiner das Bandbreite hat nichts zu ich tun. ich habe mich schon geglaubt. Das Also, ist, auf Facebook hat es ich hatte damals die Befürchtung. auch von mir nicht hingehauen. Das weiß ich, da gibt es halt dann Probleme. Das ist halt so. okay, ja, passt. Ja, ist ja so. Ich Aber hatte den Verdacht nämlich schon, dass Nein. da was ist. hat mit dem sicher nichts zu tun. Aber wenn wer Lust und Zeit hat, vor allem natürlich, weil nein, ist ja die anständigen Leute arbeiten alle. Die nicht anständigen sind bei uns bei Shit Chef Schauer, dem 16er Burm Live-Podcast am Morgen und vielleicht seid ihr mal dabei. War leibend. Der hat mich gefreut in der Früh, ja. Die Ja. gemütliche Morgenplauderei. Der Ackerl freut sich über die tolle Lichtstimmung bei den Fotos. Wahrscheinlich, weil er darauf hinweisen will, dass er der Fotograf war. Also diese Fotos von uns hat der Ackerl fotografiert. Ja. Der Brenner ist jetzt fix am Donnerstag. Ja, da werde ich nicht Ja, oft sehen. Ja, da ist genauso. das ist Aber ist ja ein wurscht. Problem, ja. Aber jetzt weiß ich es wenigstens. Danke. Okay, danke. Danke, Ackerl. Aber dann weiß ich, bin ich am Donnerstag, könnte das ja. Alles klar. Alles klar, na gut, dann. So, auf jeden Fall, das hätten wir gesagt. Das hätten wir gebraucht. Und jetzt der Patrick, steirische. Steirische. Da brauchen wir Schnaps vorher. Machen wir einen Klassiker dann, ne? Ich bin Sehr zum Wohle. bei jedem Spaß dabei, jetzt einmal. Da brauche ich nicht mehr singen, Ein kann man Stückel, nicht das versungen. eigentlich im alpenländischen Raum, kann man sagen, fast jeder Volksmusikant kennt oder spielt von einer Gruppe vom Edler Trio. Das Edler Trio kennt jeder Volksmusikant eigentlich im alpenländischen Raum und jeder spielt mindestens ein Stückel davon. Man kennt ein paar mehr, das berühmteste Stückel, ich sage es jetzt gar nicht an. Ich fange einfach zum Spielen an. Jeder kennt es aus Langenwang, ein Tal hinein. Ich meine, das ist da, sage ich nachher an, gell? Ist das, oder? Dora! Eh klar. Nicht einmal das bringe ich jetzt an. Erst heute ist der Wahnsinn.
Brettuller Polka in 16er Buben-Version. Jawohl. Grisi 1220. Brettull. Grisi 1220 ist schon da und sie schreibt schon. Die Brettuller kennen sogar nicht Musikanten. Jawohl. Ja, genau. Grisi. Das Edler Trio. Das hat 20 Jahre lang gespielt, und zwar, ich glaube, vom 40er Jahr, Mitte 40er Jahre, so 47 bis 67 oder 43 bis 63. Nur 20 Jahre und hat aber die Volksmusik in Österreich im Alpenland also derartig geprägt, also unglaublich eigentlich. Ja. Schön, dass Sie die jugendfreie Variante sind, gell, Grisi? Ja, dann müsst ihr sagen. Wir sind ja. Der Scherrager hat schon die Idee gebracht mit der Martinswand. Die muss schon lange nicht machen. Die werden wir gleich wieder versemmeln. Heute versemmle ich jedes Lied. Sogar da, bevor ich schon angefangen habe. Es ist wirklich. Jetzt reden wir jetzt erst von Stimmungen der Harmonikas, ne? Der ADGC und er mag ja nur die ADGC auf der Konto. Ja gut, aber mit G war es nicht falsch grundsätzlich. Also. Das nicht, aber. Aber wir spielen das Lied schon 30 Jahre, daher hätte ich es wissen können. Aber interessant war, dass, wenn es in G war und der erste Griff war ein C, ne? Und Naja. das ist ja noch weiter vom D. Naja, ich habe Multitasking betrieben. Zum einen habe ich versucht, das herauszufinden, und zum anderen habe ich versucht, das intellektuell herauszufinden durch ein Gespräch quasi. Ja. Beides hat bis nicht. ich gesagt habe, D. Da habe ich gesagt, das D, aber mir alles klar. Nicht? Und da habe ich sofort umgeschwenkt auf D. Ja. Nein, furchtbar. Heute ist ein Tag. Wirklich, was ich Blödsinn zusammenspiele. Ja. Ich mag Lieder mit Text, mit Tiefgang. Ja, genau. Na, aber auf Martinswand können wir machen. Die können wir machen. Sicher machen wir die. Na, was denn? Oder? Lasst mich einmal nur dazwischen. Bitte schau nur, einmal. tu Ich möchte es nur einblenden. Die Geschichte mit Schmattes. Tu. Warum? Weil es ja. Haut's was rein, seid so gut. Denkt euch, der virtuelle Hut geht darum, wir gehen quasi ansammeln, mit einem Osterkerl gehen wir ansammeln, bitten untertänigst um einen Obolus für die Musik. Ja, Ostern ist schon ein bisschen her, aber Ja, gestern war der weiße Sonntag Macht ja schon. nichts. Macht ja nichts, kann man ja ausformen ein bisschen. Ne? Ja, wir danken euch schön für euren Schmattes. Egal in welcher Größenordnung er ausfällt, wir sind sehr glücklich darüber, wir freuen uns über diese Anerkennung der Musik. Und wie gesagt, das können kleine Beträge sein, große Beträge, wir freuen uns über alles. Und die Informationen findet ihr natürlich auch nochmal in der Videobeschreibung, falls ich das zu schnell war. Was muss das Richtige? Natürlich, selbstverständlich. Ihr lebt ca. 10 Kilometer entfernt von der Martinswand. Da mag noch Sterzingen. Na, da müssen wir spielen. Da müssen wir, ja bitte. Ja. Klaus, warum hast du schon wieder die Schiedchef-Schauer schon gelöst? Ich habe keine gelöscht. Ich habe keine Schiedchef-Schauer gelöst. Auf Facebook vielleicht. Auf Facebook hat es nicht hingehauen. Das hat Es heute ist wieder oft- einmal nicht hingehauen. Oft ja. auf Facebook funktioniert es, ich sage einmal in der Woche geht es nicht. Das ist einfach nicht, das nimmt er nicht. Da gibt es eine Fehlermeldung und aus, Facebook nimmt es nicht an. Auf YouTube müsste es sein. Auf Also YouTube müsste es sein, da ist die aktuelle Sendung, müsste auf YouTube sein. Würde mich wundern, wenn nicht. Tatsächlich hat mich auch die Krise drauf gebracht, bei der letzten Pavlaschen, wo man ja dann dieses Problem im Internet hat mit diesem, schweren Regen dazwischen, nicht, wo das Internet ausgefallen ist. Da ist tatsächlich wirklich auch auf YouTube dieser erste Livestream weg. Weg, im Nirvana. Tatsächlich nur die zweite, also der neue Versuch dann online. Ja. Also das ist halt so interessant, aber manchmal, das ja. sind die Weiten des Internets. Ja, das ist so, ja. Der Peter Brachtl, ist der noch da? Ich weiß nicht, früher war er da. Unsere Schmatte sind sicher inzwischen angekommen. Ja, glaube ich auch, Maggie. Ich habe da nicht geschaut, aber ich danke dir, sicher ist angekommen. Na klar. Auch auf YouTube nicht vorhanden. Na gell, wirklich? Wirklich? Warte mal, auf YouTube nicht vorhanden. Wieso ist es nicht? Nein, ich werde ihm nachgehen. Ja. Nämlich, es ist von deinem ausgegangen, aber es muss ja drauf Das sein. muss ja drauf sein, ja? Genau. Ja, oder habe ich ganz normal. Spannend. Das ist interessant. Vielleicht, weil bei dir Felder gestanden ist irgendwas, nicht? Das nicht? Aber ist wurscht, aber die haben wir. Aber nicht? die haben wir nicht, die ist gespeichert. Die kann man hochladen. Die kann man Ja hochladen. gut, die Dann andere muss auch man's- nicht. Die Paulas hätte ich auch gespeichert, aber die lade ich nicht hoch. Das ist jetzt nicht so ein Ding. Schaut, Peter Brachtl, sagt er, Interessant. klar ist er noch da. Aber wir werden ihm nachgehen. Danke für den Hinweis, Danke. Chrissy. Ja. Also gelöscht habe ich nichts. Ich lösche nie was, Chrissy. Nein. Das ist halt, ich weiß nicht, die unendlichen Weiten des Internets fordern ihren Tribut stets irgendwie.
und holen sich als Opfer ahnungslose, unschuldige Livestreams der 16er-Buben. Es kommt mitunter vor, aber ich werde ihm nachgehen, ja. Danke für den Hinweis auf jeden Fall. Aber wie gesagt, ich lösche nie. Ich lösche nie was. Ja, in der Richtung. So, wie gesagt, die Martinswand, das ist ganz klar. Magnus Sterzinger, ne, gut, da müssen wir die Martinswand. Da muss man aber ein Ding erklären, das ist ein Wiener Lied. Ja, das ist ein Wiener, und der Fieberich hat es geschrieben, nicht? Föderl. Karl Föderl hat es geschrieben und der hat, und das war eine Wette. Und da ging es, genau weiß ich nicht mehr, auf jeden Fall war dann die Geschichte, dass er gewettet hat, er kann ein Wiener Lied schreiben, das eigentlich ein Tiroler Lied ist. Und umgekehrt. Und hat das also mit diesem Lied dann unter Beweis gestellt. Also es ist ein Wiener Lied, aber das gänzlich von Tirol handelt in jeder Art der Klischee. Textlich, also wirklich, ja, absolut, ja. Wie es damals war. Unter der Martinswand. Wir kennen das wieder eigentlich. Was ist das? Was ist schon das? Der erste. Was ist das? C. In C. Warte, nochmal von vorne. Ich möchte das nochmal entspannt. Ich bin in meiner Mitte. Jeder wandert. Der. Schluck Bier. Jetzt fangen wir wieder mit der zweiten Strophe. Was ist heute los? Kann man das auch erklären? Nein, aber du, Klaus, es gibt so Dings, macht da nichts draus. Du, es Nein. gibt so Tage. Nein, ich gehe schlafen. Ich bin im Stand. Du da nicht. Lass da keine grauen Haare wachsen, die hast schon. Ja. Das passiert, es gibt so oben das, ja. Warte mal. Da komme ich jetzt einmal auf noch was anderes drauf. Ja. Die Krise sagt, der Peter Brachtl wartet noch immer auf das Einlösen eines Versprechens von Patrick. Peter Brachtl sagt, ja, ich lausche den Dingen, warte geduldig auf einen steirischen Wunsch. Du musst irgendwas versprochen haben irgendwann. Wahrscheinlich leichtfertig hast du Die versprochen. Tiroler Bumpolka, wie wir da gesessen sind, haben wir gesagt, schau, ich mache einmal an. Einmal! Die Tiroler Bumpolka, ja. Ach so. Naja, Peter Brachtl, dann wünsche ich dir noch viel Geduld. Da steigst du. Wenn er sich nochmal anschaut. Peter, du grinst, ja. Ja, Vorschlag für unseren Fanclub, genau, bravo. Hoffentlich schaut er noch zu. Der Roland Sperg. Pilgerfahrt zur Martinswand, ja, das war's natürlich. Na, das war eine Geschichte. Ne? Ja, so, also ein Dernl so dazu nehmen, Leute. Aber Pilgerfahrt mit 50 Leuten nach Tirol. Ja, warum nicht? Also Das geht bei schon. der Martinswand spielen wir in Martinswand. Na Welt. Da was denn? Gute Idee. Ich bin im Anschluss, ich kann ja alle Lieder. Ein Dirndl so erzählst die Leute Mut, worin ein Wildschütz einst verliert. Sie hat ihm gesagt, geh nimmer wütend vor, weil das nur ein Unglück bringt. Auf einmal sagt er, los noch wieder an mich. Bring ich mit für dich. Der Schossen haben sie gefunden in der Früh, die Blärmel in der Hand für sie. Unter der Martinswand, ganz noch am Felsenrand, da schaut ein kleines Mädel ins Tiroler Land. Und grinst von Enzian, schaut in das Söhnerland, mit einem bloßen Spruch am Schriftenbaum. Vierte Gott, mein lieber Bub, viert Gott auf immer, der Herz schlägt nimmer mehr, die Welt ist leer. Unter der Martinswand, ganz nah am Föslerrand, da schaut der Matterlinz, Tiroler Land. Jeder Wanderer, der vorübergeht, bleibt bei dem kleinen Mantel stehen. Er zieht sein Hut und spricht ein gutes Gebet. Kann er stand weitergehen?
Der Wind ward leise übers Matterl hin und bringt ein Gruß vom Tannengrün, weil er ein guter Freund vom Wildschütz war und gespielt hat mit seinem blonden Haar. Unter der Martinser Wand, ganz nah am Felsenrand, da schaut ein kleines Matterl ins Tiroler Land. Umgrenzt von Enzian steht's am Muttersöhnerland mit einem blassen Spruch am Schriftenband. Vierte Gott, mein lieber Bub, viert Gott auf immer, der Herz schlägt nimmer mehr, die Welt ist leer. Unter der Martinser Wand, ganz nah am Felsenrand, schaut ein Matterl ins Tiroler Land. Jawohl. Jawohl. Ja, der Haar war nichts zu Passt schon, gratulieren. Klaus, passt schon. Nein, Klaus. ich versing mich, ich verspül geh, mich geh, bitte. aus. Nein, ich geh schlafen. Geh herauf. Komm. Ich habe mir heute schon die ganze Zeit da, sagt die Grüße. So herrlich asynchron wie die beiden jetzt. Ja, der Patrick ständig an 0,2 Sekunden hinterm Klaus beim Singen. Na, Ja, Moment. ja. Na, Das weiß ich nicht, aber in Tirol 2 war ich heuer eh noch nicht. Jawohl, bravo fahren. Na, heuer weiß ich nicht, ob es so ausgeht. Ja. Nein, heute ist wirklich der Wurm drin. Aber der sowas Klaus will ja von. nichts an. Passt schon. Nein, das macht einen ja wahnsinnig. Braucht ihn nicht wahnsinnig machen. Braucht mich nicht wahnsinnig, aber es macht mich wahnsinnig. Das kann passieren. Nein, kann nicht. Ja, bei einem Lied. Oder nicht bei jedem. Ja. Aus. Die Karriere ist vorbei. Na, hör auf, komm. Nein. Passt schon. Jetzt muss ich, nein, Ich steh nein, zu dir. Nein, ich mache Jus fertig. Ja, Josef Tadler geht schlafen. Ich tät auch schlafen gehen. Josef Tadler, ich gehe mit. Ich gehe schlafen. Gute Aus! Dafür läuft die Kontra heute, Peter Brachten. Ja, nein, heute, was die läuft, die hinter 4, unter 4 falsch, eine aus. So, jetzt spielen wir was, aber pass auf. Aber jetzt auch. Hast du eine Idee? Ja, sicher. Ich habe Ideen genug. Bitte, her damit, Klaus. Unbedingt. Ich hab keine gute. Sag deine. Sag deine. Und da hätte ich mir gedacht, so, jetzt spielen wir einen Biesenberg von dir. Das machen wir. Zum Beispiel, oder? Schauen wir, ob ich das zusammenbringe. Vielleicht. Was war's? Sicher. Das ist immer gefährlich, habe ich geschrieben, da weiß man nie. Na, mein Klaus, live ist live. Ja, Wolfgang, aber ein Lied kann man versämen, nicht? Aber jedes. Nein, was haben wir? Das Trepferbad. Trepferbad war Fehlerfrei. ja. Also, was will man mehr? Na, unglaublich. Ja. Ich finde echt cool. Oder top, oder Tool, wie es nicht gemeint haben, ob mit oder ohne Fehler. Dank der Chef Paul Hartmann. Danke dir, ja, danke. Klasse. Ja. Das ist ein Wahnsinn. Komm, jetzt reiß dich zusammen, geht schon. Ich reiß mich. Was, du meinst, das Jahr ist ja noch jung, es könnte noch was werden. Die Hoffnung, ja, ich weiß nicht mal, ob das Jahr, ob wir das schaffen, die Tiroler, wie heißt das, Tiroler Burm? Die Tiroler Pumpe, gell? Ja, ich weiß ja nicht. So schwach kann es ja nicht sein, da lernt er ein. Für das, dass wir es dann auch mit der Pavlatschen spielen. Naja, das ist nicht, was sagst du, spielst das, du lernst das ein, musst das lernen, nicht? Das mach Da ich bin ich, schon. du schau, schlechter wie ich kannst du nicht spielen. Schlechter wie ich heute kannst du das nicht da bringen. Ich kann nicht einmal was anderes sagen. Ja. Nein, aber wir kennen uns 30 Jahre, darum kann der für das schon. Es ist wahr. Wahrscheinlich so seine Farbe ist gut. Hat eh schon einen grauen Bart, graue Haare braucht er nicht. Ja, das stimmt wirklich. Ja, jetzt geht Klaus zur Bank. Ja, wirklich. Aber jetzt zahlt es nicht mehr aus. Konzentration, die Herren, wenn wir bitten dürfen. Chris Rufzuordnung zur Recht. So, was haben wir gesagt? Toi. Ich habe gesagt, am Weingarten ein bisschen. Bitte Eine schön. Nummer von dir, das geht schon, Klaus. Komm. Ich bin schon dabei.
die ersten Takte. Ich hab einen Weingarten am Pieserberg. Ich bin dort gern, weil mich kein Mensch durchsteht. Ich schau den Rhein dort beim Wachsen zu. Ja, ich hab dort meine Ruhe. In meinem Weingarten am Pieserberg dreht sich die Welt noch recht und nicht verkehrt. Man kann die Vogel dort noch singen hören und am Himmel da siehst die höchsten Sterne. Und noch ein Regen sich die Wolken erst verzogen. Dann sich über Wien einen ganz großen Regenbogen. In meinem Weingarten am Pieserberg dreht sich die Welt noch recht und nicht verkehrt. Man kann die Vogel dort nur singen hören und am Himmel, da siehst die höchsten Sterne. Weingarten am Pieserberg. Ich bin dort gern, weil mich kein Mensch dort steht. Ich schau den Rhein dort beim Wachsen zu. Ja, ich hab dort meine Höhe Ruhe. In meinem Weingarten am Pieserberg dreht sich die Welt noch recht und nicht verkehrt. Man kann die Vogel dort noch singen hören und am Himmel da siehst die höchsten Sterne. Und noch ein Regen sich die Wolken erst verzogen. Dann sich über Wien einen großen Regenbogen. In meinem Weingarten am Pieserberg, das Fleckerl hat das mir allein nicht gehört. Dort wächst, ich sag's ganz nebenbei, das allerbeste Trepferl Wein. Dort wächst, ich sag's ganz nebenbei, das allerbeste Trepferl Wein. Und jetzt nochmal ganz speziell für Ludwig Sass, der dann schlafen geht, weil er am 4 Uhr schon aufstehen muss. Brav ist er. Ja. Alle Achtung. Skyline von Wien, du lebst in mir drin. Es kann kommen, wer will, die macht keiner hin. Du beruhigst mich und du bist mir vertraut. Du bist mächtig und manchmal auch zerbrechlich. Skyline von Wien, du bist die schönste Wienerin. Den Neidern und Heuchlern hast du immer verziehen. Bin ich einmal fort, brauch ich kein Souvenir. Skyline von Wien, du lebst tief in mir.
Skyline von Wien. Du lebst in mir drin, es kann kommen wer will, die macht keiner hin. Du beruhigst mich und du bist an mir vertraut. Du bist mächtig und manchmal auch zerbrechlich. Skyline von Wien, du bist die schönste Wienerin, den Neidern und Heuchlern hast du immer verziehen. Wenn ich einmal fort, brauch ich kein Souvenir. Skyline von Wien, du lebst tief in mir. Na, 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 na. Wenn ich einmal fort, brauch ich kein Souvenir. Skyline von Wien, du lebst tief in mir. Förderfrei, So gesagt. förderfrei, förderfrei. Der Bann ist gebrochen. Jetzt, Reichet mir denn das Bier. jetzt wo wir zum Ende kommen bald. Ne? Der Scherz. Bann ist gebrochen. Lass noch einmal. Dankeschön, Dankeschön. Ja, nein, Du leidest heute wirklich. Nein, Also, Leute, jetzt leider nicht. es ist furchtbar, wenn sowas. Aber vorher, die Stunden vorher, das ist schlimm. Ja. Das ist das Schlimmste, was einem passieren kann. Dann nehme ich meine Hand, dann nehme ich die Hand Wenn und man- haus am Boden. Fällt das. Fällt mir ist gleich aus der Hand. Weil wenn man nur Blödsinn Weiß nicht, zusammenspielt. oh, ich weißt haus am Boden, lass mich am Boden haben. Da, sag einmal, fix. So, jetzt habe ich am Boden gehabt. Ui, da kommt schon Luch steckt auf. Jesus, nein, das will man auch wieder nicht. Ja, einmalig. Euch hat es gefallen, die Sieger ich sehe die Achteln fallen da rein. Ja. Das ist sicher schon die Achtel von einer, Dankeschön. Jawohl, einmalig. Die Moped-Star in der Lenten Edition, die bringe ich nicht mehr hin. Wo ich eine Strophen dreimal gesungen habe. Ja, Da, dreimal, ich glaube fünfmal war das. kann auch sein. Legendär war das. Aber ich meine, ich habe es durchgezogen. Also, Also, ich habe denkst keinen du, ja? einzigen Textstotterer gehabt. Ich habe nur lediglich halt, ich glaube, die Puppe, die runtergeflogen ist, ich habe schon ausgetrunken. Die Puppe, die runtergeflogen ist, glaube ich, das war wirklich Ich glaube, dreimal. dreimal mindestens, ja. Ja, dreimal oder viermal ist mir die Puppe Dreimal die runtergeflogen. Puppen runtergefallen, ja. Und andere, es hat sich einfach, es haben sie alle Strophen haben sie quasi fusioniert. Vermischt Ja, haben sie das, ja. und wurden von mir halt dann 5-6 Mal gesungen. War legendär. Ich habe schon so lachen und die kennen mich auch schon lachen müssen, die anderen haben sich nicht auskennt. Ich sage, das gibt's nicht. Wenn die zugehört haben, werden sie gedacht haben, der singt jetzt wirklich das Gleiche in unterschiedlichen Fassungen. Weil ich habe nicht immer das Gleiche gesungen, sondern aber halt. Es war, aber, manch einer dachte, das ist so umgekehrt, das so. Nicht? Das ist, ja, nein, es war schon. nein, aber es war doch zum Gaudium auch Du. für mich aber auch eigentlich. Ja. Das, für Nein. dich aber auch selber. Ja, auch, na, muss ich du, sagen. es ist ja Das so, war- wenn man live spielt, und es kann nicht mehr was sein, das wissen wir ja. Dafür Ja, spielt man live. ja. Ja. Das ist ja so, es ist kein Playback, es ist keine Sicherheit. Deswegen wurde ja Playback und Co. erfunden, Genau, um das ist Fehler der- auszumerzen, der um den Gründe, Menschen ja. perfekter zu machen. Ist ja das so. Wurscht, mach mal. Aber natürlich, sowas, was du sagst, heißt, ich spiele ein Lied nach dem anderen, ich bringe keines mehr zusammen, überall hänge, das ist halt dann, das geht. Aber der Bann ist gebrochen, weil, wie Alles gesagt, gebrochen. Da, ist sofort es, ein Schlucker und immer auf dich, Klaus. Sehr zum Wohle. sehr jetzt einmal Prost, Prost. Und natürlich, ja, natürlich, klar, brauchen wir gar nicht reden, nicht, über die wunderbare Harmonika in diesem Zweier-Medley sozusagen. Brauchst du Danke schön. Ja, alles gut. Nein, ich wollte noch mal was Jetzt lieb war- sagen. Ich wollte noch mal was lieb sagen. Gewöhn dich nicht dran. Tu ich nicht, mein lieber Erd. Gar nicht. Meine kleine Tochter, heute 21. Eine Unterhalt die Leute kurz, bitte. Ich unterhalt. Den brauchen wir Nachschub auch schon. Ja, eben. Weil das Nein, ist- kannst schon organisieren. Was? 4-mal runtergefallen, 3 emalierte Kübel, 2-mal ins Glander. Ja, wirklich, das war schon mächtig. Ackerl, da hast du vollkommen recht. Und ich habe schon so lachen müssen. Und da waren ja zu dem Zeitpunkt, das war ja ein Frühshop mit dem Lentner.
waren wir ein Haufen Leute. Ich glaube, da waren über 100 Leute da in dem Garten, das war wirklich leibend. Aber da waren ja sehr viele Paparazzisti da. Sehr viele Paparazzisti, einige mit Motorrad. Der Maike, die Justine waren ja auch da aus der Steiermark zum Beispiel. Der Landtagsstromer war da, kann ich mich erinnern. Der Fritzl, der Stadtguss Fritzl. Nein, mein Landtagsstromer weiß ich jetzt gar nicht, aber der Ralf von Swondra, Jack war da. Na, einige, der Andreas. Es waren ein Haufen Paparazzi da. Und die haben diesen Schmäh, deswegen habe ich ein Moped stark gesungen, weil halt einige mit dem Motorrad da waren. Und da habe ich wirklich, wieder Ackerl schreibt, das ist nicht übertrieben. 4-mal ist mir die alte runtergefallen, 4-mal, in 4 Strophen. In 3 Strophen ist der emelierte Kübel vorumgekommen und 2-mal bin ich ins Glander gefahren. Und es war vom Versmaß, ich habe nie gestottert, gell Ackerl, ich habe nie gestottert, war es alles immer im Versmaß und ich habe mich halt gar nicht mehr auskennt, wie singe ich weiter, was mache ich weiter. Vollkommen wurscht und es war halt am Schluss, was dann aus ist Lied und das, die nicht wirklich zugeguckt haben, für die ist nicht aufgefallen, die zugeguckt haben und das nicht gekannt haben, wenn sie gedacht haben, ein eigenartiges Lied und die Paparazzi, vor allem die Motorräder, sind gelegen verlachen dort. Ja. Ja, 3-mal die Krankenschwester mit Haferschleim, ja fast, weiß ich nicht, aber es war fast so, ja. Chrissy. Patrick ist halt wirklich gut. Wollte ja auch mal was Nettes sagen. Ja, der Patrick heute nicht. Ist jetzt hat's wieder. Ist nicht so, der kommt wieder. Jetzt auf den Patrick zu loben, er kommt wieder. Schoß von der Mama, sagt die Susanne Farbe. Ja, das machen wir. Schoß von der Mama machen wir auf jeden Fall. Patrick holt ein Bier. Ja, tu nicht wacheln, sondern hol 2 Bier und aus. Viel haben wir nicht mehr. Wir haben ja nur mehr 2, gell? Also, von dem, glaube ich, haben wir... 3 sind noch da. 3? Ja. So ist ein Vorteil. Eine gute Idee, so ein Beiwagen. Wäre auch mal was so wie früher. Jawohl. Ja, auf jeden Fall, die Schuss an der Mama machen wir. Warum? Weil, das muss ich echt kurz erzählen. Ja, aber gern auch noch. Ich wurde, also nicht ich, sondern wir, also wir wurden, oder wir bekommen im Prinzip nach einer Pawlatschen, in der Regel kriegen wir natürlich einen Urheberrechtshinweis, dass wir, weil wir ja Lieder spielen, und natürlich gibt es da Rechte darauf. Und da kriegen wir von YouTube dann eigentlich immer einen Hinweis, ja, dass jemand die Rechte beansprucht hat, weil ja, nicht klar, ne, die spielen ja irgendwas, ist in Ordnung. Aber das wirkt sich nicht aus, aber wir verlieren natürlich die Monetisierung, also das Geld, was wir mit diesem Video verdienen. Nicht betroffen sind, falls jemand gern Superchat stiften will, die sind nicht betroffen, aber die Werbeeinnahmen und so weiter, die verlieren wir. Das heißt, wir verdienen jetzt mit dem Livestream da, mit der Pawlatschen keinen einzigen Cent, auch wenn wir was verdienen würden, das geht alles so an die Urheberrechtsinhaber. Aber jetzt ist es so, ich bin dann irgendwann, habe ich mir das einmal genauer angeschaut und sehe ich, ne, zum Beispiel Schoß von der Mama, weil das die Susanne Faber jetzt gewünscht hat, am Schoß von der Mama wird beeinsprucht von irgendeinem Unternehmen, das im amerikanischen Sektor daheim ist. Denken wir, Alter, jetzt einmal, warte, das muss ich kurz rekapitulieren. Weil man doch, pass auf. Die Monika Kuri hat den Text geschrieben, ich habe die Musik geschrieben. Wir haben es im Verlag Anolphus Records. Oh Wunder, Anolphus Records ist der Verlag und das Label, welches 2 Menschen gehört, nämlich im Patrick und mir. Genau. Das heißt, Urheberrechtsinhaber sind streng genommen, nicht einmal die Monika Kuri, sondern wir zwar. Also im Sinne von, also ich auch nicht als Komponist, sondern die Rechte wurden abgetreten sozusagen, die Urheberrechte. Man kriegt ein Geld dafür, also die Monika Kuri kriegt nach wie vor natürlich ihr Geld dafür, aber die Rechte, also das, was man mit dem Lied machen kann, die liegen beim Verlag. Beim Verlag, genau, ja. So. Da haben wir gedacht, und da muss man sagen, es gibt natürlich den physischen Vertrieb, das ist Preiser Records, und es gibt einen digitalen Vertrieb, der dann schaut, dass diese Lieder dann auf den Plattformen sind, ja, Spotify und Co. Ne? Ja, genau. Und das macht bei uns Repeat Digital. Haben wir gedacht, aber definitiv nicht das Unternehmen, was da den Urheberrechtsanspruch erklärt hat. Und ja, das gibt es ja nicht. Dann habe ich so ein bisschen nachgeschaut, was der Förderhund. Ich habe das nie wirklich, weil ich mir gedacht, das ist zu Recht. Nicht? Wir spielen ja Lieder, das wird schon wem kehren.
Und dann bin ich draufgekommen, dass das fast alle unsere eigenen Lieder beanstandet werden. Also, und alle von irgendeiner Firma, die ich nicht kennen. kann Ich nicht meine, sein. das gibt's ja nicht. Und jetzt ist es so, dann habe ich das also mit Repeat Digital, denen habe ich das geschickt, sehr freundlich, sehr lieb, sehr sofort gehandelt. Die haben gesagt, ja, die dürften das für den amerikanischen Markt haben. Sag ich, nein, das schaffen wir. Ich meine, ganz ehrlich, auf den amerikanischen Markt, ihr verzeiht mir, wird geschissen, weil, ich meine, wir spielen Wienerlieder und das Ganze rennt da. Also viele Amerikaner haben wir nicht. Bis auf ein paar Mal irgendwer, der halt in Amerika war. Aber auf jeden Fall eigenartig. Und dann habe ich das beansprucht und es wurde korrigiert. Und dann habe ich so alle diese ganzen Urheberrechtsdinge noch einmal gekriegt, allerdings von Repeat Digital. Das ist ja in Ordnung, weil ja eben, Genau, ich sehe. genau, Da genau. kriegen wir es ja dann. Also über Umwege kriegen wir es dann ja sowieso. So, und dann haben wir das letzte Mal wieder einen Schuss von der Mama gespielt und ich kriege schon wieder eine Urheberrechtsverletzung, wiederum von diesem Verlag aus Amerika. Da habe ich das dann wieder geschickt. Und deswegen spielen wir jetzt dann auch nochmal Nochmal, auf ja. den Schutz. Weil er hat dann gesagt, ja, Nicht das, nur deswegen, nicht der er weiß auch Natürlich, nicht warum, ja, ein Ding, aber er hat das jetzt nochmal irgendwie, und aus Testzwecken allein schon, bis wir es heute spielen, dass wir sehen, ob sie jetzt da endlich dann einmal Werden wir's- Repeat Teacher. Wir werden sehen, wir werden sehen. Ja. Übrigens, aber das kann ich durchaus empfehlen. Repeat Digital, eine österreichische Firma, in Tulln daheim ist Verband. Wo habe ich es kennengelernt? Zu welcher Zeit? Da habe ich nicht Just studiert. Da Nein, das war da spät. Volkskunde. Volkskundestudium, ja, war das. Da war Ja, ich genau. schon Volkskundler. Repeat Digital, ein Digitalvertrieb, also wenn man Musik macht und man möchte das dann vertreiben im Internet, also das auf Spotify und überall drauf ist, dann würde ich Repeat empfehlen. Wenn wer Interesse hat, soll er sich bei uns melden, soll uns ausschreiben und dann legen wir gerne die Rutschen dorthin. Ja. Wirklich interessant, einen wirklichen Nachteil gibt es. Das ist eine Software, also die rennt nicht Webbrowsermäßig, webbasiert wie viele anderen, sondern eben als Software. Und diese Software gibt es ausschließlich für Windows, nicht für Mac. Ja. Jetzt habe ich von meinem Onkel einen alten Computer, einen Windows-Rechner, damit ich zumindest Damit wir dort da was einsteigen machen können. Ja, das ist, kann. Das ist der einzige wirklich Ja, Nachteil. das ist der einzige Aber Nachteil, ja. ansonsten, die sind wirklich on top. aber mit Kundenservice kann man sagen. Absolut. Absolut. Äh, Kundenservice kann ich sofort gar nicht da, sagen, kommt das ist sofort Welt. Retour. Also, perfekt. Nein, wirklich, kann ich empfehlen. Also wenn jemand ja, Lieder absolut. oder Musik vertreiben will, oder ich weiß nicht, wahrscheinlich auch Hörbücher oder sonst, keine Ahnung, wie es ist, meldet sich bei uns, wir legen euch die Rutschen zum Repeat, oder ihr könnt es selber auch schauen, Repeat, keine Ahnung, .at oder .com, aber ihr könnt uns auch von uns dann noch mit den Link kriegen. Also wir haben da jetzt keinen Vertrag mit denen oder was, Nein. im Sinne von Affiliate, aber bevor ich jetzt Repeat buchstabiere oder ich weiß es nicht, dieses .at oder .com, Repeat Digital, könnt ihr auch googeln. Wer Interesse hat, wir können es rein als Unternehmen vollkommen empfehlen. Absolut, ja. Und wenn es kein Mac kostet, dann bist du sowieso dabei. Sehr zum Wohle. Sehr zum Wohl. Achso, du bist schon raus jetzt noch. Der wieder eingießen? Ich danke dir Ja, schön. bitte gerne. Gerne. So, gerne. und daher spielen wir jetzt. Gibt es ein Wiener Lied über Bier? Nein, nicht wirklich. Der Patrick und ich haben schon einmal drüber nachgedacht. Es gibt eins, das heißt, her mit einem Bier mit einem schneeweißen Farben, weil wir echte Otterkringer Ganz genau. sind. Das ist das Einzige, was ich mit Was uns Bier eingefallen was ist, mir eingefallen was wir ist. aber nicht gefunden Ich haben. habe aber keine Noten davon. Ja, das stimmt. Das haben wir vor Jahren. Und zwar da haben wir angefangen. Also das muss im 20er Jahr gewesen sein. Oder im 19er Jahr, ja. Im 19er Jahr, weil da waren wir bei mir im Büro, im Punktstudio. Und der Fritzi Aschauer hat mir das gesagt. Ja. Weil ich gesagt habe, du gibt's also ein Bier, was sagt er, ja, her mit einem Bier mit einem schneeweißen Farben, weil wir echte Otterkringer Burmer Genau. sind. So ist der Beginn des Refrains, ja. Also ein Lied, Bis heute kann das ich aber keiner kennt. Also es Keiner geht auch kennt, keiner. ja. Also das ist wirklich, das muss irgendwo, also der Aschau Fritzl hat es gewusst, ja, da gewusst, gibt's ja, eins. aber Wir haben das- weder Noten gefunden, noch sonst irgendwas. Keine Aufnahme, gar nichts. Wir wissen nicht, wie es heißt. angeblich heißt es her mit einem Bier mit einem schneeweißen Farben. Ja, aber so geht ja der Refrain. wenn jemand das weiß, Ja, war interessant. bitte war sehr interessant, ja. Aber Unbedingt es wäre her tatsächlich, damit, bitte. tatsächlich das einzige Bierlied,
das nicht einmal uns eingefallen ist, sondern auf das wir dann gestoßen sind. Und da waren wir, da weiß ich, da sind wir zusammengesessen im Studio, im Punktstudio in Hirstetten, wo ich das Studio gehabt habe, angemietet gehabt habe, ne, und das 2019. Und da haben wir nämlich ein Gespräch geführt, wie haben wir das genannt? Wiener Lied Wissen kompakt. Kompakt, ja. Hat sich nicht durchgesetzt, die Sendung. Also, wir haben es nicht weiter betrieben. Ja. Aber finde ich sehr leid. Da habe ich dann die Aufnahmen. Der Patrick wahnsinnig steif. Der Professor, ist wirklich so, und hat da wirklich wieder das Wissen Furchtbar. Großartig. Ich habe das unnigst einmal angeschaut, ein Video davon, und dachte, du bist du deppert. Das Ja. ist, Weltklasse. war furchtbar. Weltklasse. Furchtbar eigentlich. Weißt? Und da haben wir aber geredet, Schlimm. Da haben wir aber geredet über so Geschichten und zum Beispiel eben auch über die Getränke im Wienerlied. Ne? Da sind wir draufgekommen, heißt Bier, da muss irgendwas geben eigentlich. Ne? Der Paul Hartmann hat noch 6 Kasten Bier, jawohl. Naja, ich meine, ein Buntigam habe ich auch noch im Kühlschrank. Ich bin ja kein so ein Biertrinker, aber das Bier eigentlich, sind wir beide das nicht Bier habe ich immer da eigentlich so. für Bier Tag. aber Ja. Was haben wir denn? Auch wenn es den Klaus mit einer Honda aufgehört hat, kann ich die Honda nichts dafür. Das stimmt eh. Ich will nicht mehr Das ist Honda. wahr. Mein Manke ist ja auch Honda noch. Ja. Die Amis wollen nur Kohle, wurscht, wer was gemacht hat, ja. Ich muss es ein bisschen in Schutz nehmen, wahrscheinlich, es ist nicht sicher. Aber ich glaube, erstens einmal, ich könnte mir vorstellen tatsächlich, dass es hier eine Betrugsmasche gibt, dass einfach irgendwelche Firmen rundum bei kleinen Streamings Lieder, die nicht wirklich im großen Katalog drinnen sind, einfach einmal sagen, ich beanspruche das. Und wenn sich keiner aufregt, wenn sich keiner beschwert oder das geht das widerlegt, unter quasi, sozusagen. Ja, rennt das mit und damit wird großes Geld gemacht. Dann im also Endeffekt. das kann ich mir vorstellen, In Kinderzeit. dass es so ist, aber in dem Fall, es könnte auch sein, dass dieser Verlag, den ich da angesprochen habe, nicht beim Namen genannt habe, weil ich nicht mehr weiß, dass der einfach zuständig ist für den amerikanischen Markt. Das war ja für Repeat Sekunden, wo sie diese ID, Content-ID nennt sie das dann, diese Content-ID aktualisiert haben und das war so problemlos, haben sie das gehabt. Ja. Kann natürlich sein, dass der wiederum das zurück, also werden wir schauen, wir werden es jetzt dann gleich spielen, dann schauen wir weiter. Do you understand me? Das ist die Composition of Klaus Steurer, You Sausage. Bravo, Christi. Jawohl, Chrissy. Bravo, Christi, wirklich wahr. Du Sausage, du Würstel, Leibwand. 17 Kölner, sagt die Manfred Maggie. Kraft. Was sagst du? Manfred Kraft hat das in mir geschrieben. Achso, Entschuldige, ich habe jetzt 3 geredet, das wollte ich jetzt nicht. Die Maggie war vorher, doch 17 Kölner, Kellner. Aber was, das handelt von Bier? Ist das ein reines Bier? Ja, das ist her mit einem Bier, mit den schneeweißen Farben, 17 Kölner müssen kommen, die uns auswurzeln dann. Manfred Kraft, ja. Sagt Manfred, hast du davon eine Aufnahme oder Noten davon oder einen Text davon? Kollegium Karlsburg hat, also das ist wieder anders, Entschuldige, ja. Ja, weil ich bei Manfred Kraft bin nämlich. Ja. Wenn du das hast, lass mir das zukommen, bitte, weil das war interessant. Bitte, wirklich, ja. Der Text geht so wie der Tiroler Burmburg aus. Ja, bravo, Christi. Ja. Chris ist super. Aber weil der Wolfgang sagt zum Beispiel, der Tour springt mir um von Uli Bär. Ja, das ist ja kein Wiener Lied. Ne? Aber wir haben natürlich, werden wir auch, ich meine, klasse schau, Nummer. ich wünsche dem Uli Bär ein wirklich langes, gesundes Leben. Aber rein biologisch, also wenn jetzt nicht irgendwas anderes dazwischen kommt, also rein biologisch gesehen, nicht, wird er irgendwann vor uns sterben. Und wir werden, also das können wir jetzt schon, aber wir werden auch dann sagen, mit wirklich stolz geschwellter Brust und mit wunderschönen Erinnerungen, dass wir die Ehre und Freude gehabt haben, mit dem Uli Bär auf der Bühne mehrfach, also eigentlich fast bei jedem Konzert, in Durst gemeinsam gespielt zu haben. Immer. Und das ist eigentlich schon. Also ich hoffe, das wird noch oft so sein. Ich hoffe Es wird noch oft gemeinsame Auftritte geben. Ja, aber das habe ich jetzt nur so gedacht, so da biologisch gesehen, naja, wird es wahrscheinlich so sein, dass wir halt am Überleben, man weiß man nie, was er ist. Also die Jugend oder Alter ist kein Garant für langes Leben, nicht, wie wir wissen. Aber es ist Kann halt, mein Vater sein, ja. Ja, es ist schon. Biologisch ist so, ja. Das ist so, ja. Ja, der Manfred Kraft, auf den ist halt immer Verlass.
Repeat meinte ich. Was hat der Ulrich wieder? Warte mal. Die Kalbsburger haben das Lied oder ein anderes Lied, Maggie? Und die Kalbsburger. Kollege und Kalbsburg. Ich fahre da herum, ich komme nicht aus. Der Ulrich Repeat meinte ich, aber ich weiß nicht, was du gemeint hast. Ich komme nicht zurück zum anderen. Also Repeat heißt nicht wie wiederholen, sondern Repeat, wie der Beat halt. Ne? Also statt dem harten P ein weiches B, Repeat. Ja. Die Chrissy schreibt, ja Chrissy, das stimmt, das geht sich wirklich aus, ja. Zur Bretttuller-Polka geht es ja auch Ja, aus. gut, ja, klar, ja. Von Fritz Mulier gesungen, ja. Also auf jeden Fall, das war interessant, Manfred Graf, danke dir vielmals. Aber auf jeden Fall können wir festhalten, dieses Lied ist jetzt kein Gassenhauer geworden, hat keiner kennt jetzt, außer eben ein paar Kenner der Geschichte, das hat sich nicht durchgesetzt. Aber trotzdem, wenn du eine Aufnahme hast, bitte unbedingt, ja. Ja, aber Aufnahme hat einen Tonbänder vom Papa. Ne? Repeat, ja genau, Chrissy 1220, genau so geschrieben. Repeat mit weichem B, repeat. Ja. .at oder .com. Also das ist die sind ein wirklich guter digitaler Vertrieb, die sich wirklich sehr kümmern, sehr professionell agieren, wirklich weltweit, also international, die ja sofort, sehr professionell reagieren. Da sind. Ja, genau. Und spielt alle Stickeln. Der Nachteil ist halt, es ist wirklich eine Software, die man sich herunterladen muss und es geht nicht auf Mac. Für das ist die Firma dann doch wieder zu klein. Ein großes Problem ist. Großes Problem, aber ja, ich habe jetzt dann extra für das einen Windows-Rechner. Man könnte das am Mac, was mit den Möglichkeiten, mit dem, weiß ich nicht, wie das heißt, das Parallels und noch irgendwas. Ja, das haben wir gehabt, ja, vor Jahren einmal, ja. Das interessiert mich nicht. Ich will meinen Mac nicht verschandeln mit dem Windows. Und keinen Platz herschenken und dieses andere ist mir zu teuer. Und da brauchst du das Windows, muss ich das Windows ja auch kaufen trotzdem. Oder halt von irgendwem halt quasi schwarz, das interessiert mich Raubkopie. Ja, wie man wirklich, ja. Klar, entweder kaufe ich Windows oder ich bin bei Mac. Oder ich mache eine Raubkopie auf, dann rennt das alles halbert. Geh bitte. Das will ich nicht haben auf meinem Mac-Rechner. Schlicht und einfach. Nein, nicht wirklich. Ja. 17 Kölner. Achso, das 17 Kölner. Ja, aber 17 Kölner, ist das ein Bierlied? Das habe ich noch immer nicht verstanden. Okay, Repertoire von Kollege und Karlsberg, aber 17 Kölner, mir sagt das Lied jetzt so nicht, aber ist das ein Bier, ganz konkret ein Bierlied? Das verstehe ich nicht. Bier mit weißem Farben. Ja, mit einem Bier. Wenn wir es neu aufnehmen, der Wolfgang hat da vollkommen recht. Ich könnte natürlich vollkommen, also wir könnten es wieder berühmt machen. Ne? Ja, das wäre schon wichtig. Aber jetzt müssen wir es machen. Jetzt müssen wir es machen, Schoß von der Mama. Bin schon bereit. Da wird der Wolfgang gesagt, take Linux. Nein, das interessiert mich auch nicht. Ich habe Mac. Das funktioniert. Das funktioniert seit 20 Jahren bei mir. Über 20 Jahre. Über 20 Jahre. Na, was heißt 30 Jahre? Nein, 30 Jahre nicht. Über 20 Jahre sind es. Ja, fast 30 Jahre, weil ich habe es noch in den 90er Jahren sogar noch. In den 90er Jahren. Mein erstes MacBook. Du hast angefangen. Also Ende 90er Jahre, also werden wir sein bei fast 25 Jahren. Seit 25 Jahren bin ich auf Apple. 25 Jahre. Nicht, weil ich ein Apple-Fan bin, sondern weil das funktioniert. Das passt, das ist gut, ich brauche mich um nichts kümmern. Es funktioniert. Bei Linux, ich weiß ja von meinen Brüdern, also, du musst dich ja erst einlesen, du musst das erst lernen, du musst dich damit auskennen. Genau, na, danke. Thema erledigt. Auf der Mac funktioniert. Das ist so, wie seit wenn ich 25 Jahren ein Mikrofon kaufe. Ich möchte mich nicht da wochenlang einlesen, wie das Mikrofon funktioniert, welche Eigenheiten es hat und welche Spezialitäten es hat, sondern ich möchte ein Mikrofon verwenden. Ja, ich bin kein IT-Dealer. Bei der Harmonika bei mir ist was anderes. Aber im Prinzip, im Endeffekt, dann muss die auch funktionieren. Nicht? Aber damit beschäftige ich mich. Und ich kann mich nicht noch mit dem ganzen Technischen herum auch noch. Ja. Ich möchte es einfach funktionierend haben, dass das einfach hier hat. Nicht? Ja. Und das ist bei mir bin ich reiner Anwender, der es einfach verwendet. Ja. Ja. Und ich weiß früher, wenn sie immer die Linux, weil das ist billiger und das ist Open Source, ja,
die Zeit, was du da reinsteckst in den Scheißdreck, was es machen willst, ist ja super. Super Sache. Mich interessiert Computer nicht. Ich verwende einen Computer. Ich verwende ihn. Ich will mich damit nicht auseinandersetzen müssen. Und daher hat bis jetzt nur Apple wirklich funktioniert. Und das hat immer sehr einfach funktioniert. Ja. Never touch a running system. Change a running system, ja. Aha, Bier mit einem schneeweißen Schaum, 17 Könner müssen kommen. Ah, ist es das gleiche Lied? Das gleiche Lied? Okay. Okay. Ja. Nein, Christi, das hat die Mega nicht verlangt, sondern das hat es nur mir hingewiesen, dass das Lied. Aber dann ist das gleiche Lied, dann heißt das Lied 17 Könner, scheinbar. Da heißt das Lied 17. Eindeutig, ja. So verstehe ich das ganz jetzt. Eindeutig, ja. Ja, Wolfgang sagt auch, bin ich eurer Meinung, es muss funktionieren, ja. Also bei uns, es gibt ja Leute, die machen das gern. Wenn man das beruflich macht, also... Ja, oder einfach auf Hobby, das wenn das Interesse einer gern macht. hat, ja. Mich interessiert es nicht. Ich will ist die Ding, ja. Ja, ist das Gleiche, die Maggie, schon kriegt die Krise schon. Maggie, super, danke. Jawohl, Maggie. Passt. Weltklasse. Brauchst nicht wahnsinnig werden und nicht die Krise. Nein, kriegen. bitte nicht, nein, Aber gut, das musst du auch mit zusammenbringen. Wer die Maggie persönlich kennt, dass du die Maggie mal dazu kriegst, dass du eine Krise kriegst, da muss schon viel sein. Ja. Aber wir schaffen es bald. Ja. Der Wolfgang hat mir da EDV gehört, ja. Wenn man eher EDV da ist, passt, aber ich will den Computer nutzen und da bin ich für solche Sachen. Und eben auch das Repeat, wirklich, die machen das sehr, sehr gut. Mit diesem einen Nachteil halt, dass das nur auf Windows rennt. Aber wie gesagt, selbst da habe ich eine Lösung gefunden mit einem alten Laptop von meiner Frau und habe das einfach dort rum und so oft geht man da nicht rein. Nicht? Aber es ist halt, ja. Maggie schreibt gerade, ja, es ist definitiv der Titel. 17 Kölner hast die Nummer, ja. Das hat es, nachdem es 30 Mal schon jetzt reingeschrieben hat. Maggie. Danke. Klasse. War da nicht aufmerksam genug. Eine Gaudi heute, sagt die Maria Luisli. Das ist super, nicht? Ich hab's eine Gaudi. Ich sag gerade, wir Aber- blogen und so, nicht? Also wir spielen auch vor der Schuss von der Mama spielen wir noch ein anderes Lied, irgendwas, dass wir ein bisschen so in diesen Flow reinkommen, in diesen Mood, in den Mood. Ah, ich weiß schon. Beim Wein darf's nicht fad sein, ein Lied muss schön stark sein, sonst hast nur die halbe der Freude. Beim Plaudern musst lieb sein und beim Busseln nicht lieb sein. Tust das nicht, tut's das später einmal leid. Das Leben ist ein Hutsch, einmal oben, einmal unten, am schnellsten verfliegt oft eine glückliche Stunde. Drum darf's niemals fad sein, kommt das Glück, muss schön Start sein. Nagels an, weil sonst fliegt's da davon. Darf's nicht fad sein, ein Lied muss schön Start sein,
sonst hast nur die halbe Freude. Beim Plaudern musst lieb sein und beim Bussern ein Dieb sein. Tust das nicht, tut's der später einmal leid. Das Leben ist ein Hutschen, einmal und am schnellsten verfliegt oft eine glückliche Stunde. Drum darfst du niemals fad sein, kommt das Glück, müsst schon stark sein. Neues Haus, weil sonst fliegt's da davon. Jawohl. So, jetzt muss man. Schöne Nummer. Muss ich auch mal schauen, ja. Immer nur die Maggie fragen, hat der Heinz Ditsch gesagt. Das sagen wir mir auch schon lang. Maggie, das sagen wir sicher schon länger als der Heinz Ditsch. Immer die Maggie fragen. Immer die Maggie fragen. Das ist ein Wahnsinn natürlich. Das ist ein Wahnsinn. YouTube-Link habe ich gefunden, Wolfgang, ja. Und der Franz eben, der bringt es jetzt auf den Punkt. 17 Kölner. Titel 7 auf Collegium Karlsburg CD, immer dasselbe. Jawohl. So, no. Jawohl. Na schau. Jawohl. Aber ich meine, das ist die erste Pavlacisterie, nicht? Wie wir durch diese Zusammenarbeit drauf kommen. Aber Das ist ja das Besondere bei Großartig. Du musst sofort einen Schluck nehmen. ja, aber man muss schon eins auch sagen. Zum Wohl. Zum Wohle. Wir sind stolz auf euch. Wir sind stolz auf euch. Und Man wie? muss schon eins sagen, das Lied haben wir jetzt gefunden, also auf einer CD vom Collegium Karlsburg. Ihr alle miteinander. Also, und sonst nirgends. Also, es dürfte wirklich nicht. Ich wisst schon, was ich meine. Also Nicht der Reißer sein. es kann, ja. Es wird der. Aber es ist der Titel 7 auf der CD von Collegium Karlsburg. 17 Kölner. Aber es interessiert mich sehr. Ja. Trotzdem, muss ich ehrlich sagen. Ja. Gibt so viele Lieder, die mich interessieren, aber das natürlich auch. Ja. Und der Manfred Graf hat davor schon ein anderes Bierlied angesprochen. Und zwar einen alten Fasseltippler und seine Speckdüsen. Das kenne ich gar nicht. Ein anderes Wiener Lied über das Bier. Aber ich meine, de facto, ich glaube, man kann wirklich festhalten, wir reden jetzt da quasi über zwei Lieder. Über zwei. Die übers Bier handeln. Wo man sagt, die handeln von Bier, ansonsten fällt uns allen nichts ein. Also auch in der Community sozusagen. Daher können wir festhalten, über das Bier gibt es quasi keine Wiener Lieder. Ja, ja. Also zwei Lieder. Was aber interessantes Thema zum Beispiel auch für eine Morgenshow einmal, warum's, oder für einen Podcast, warum es so wenig Bierlieder gibt. Weil es gab in Wien so viele Brauereien. Ja. Das Bier allein mit Schwächer. Naja, schon, aber wir können einen Podcast war interessant. aber da könnte man drüber reden, aber wir wissen nichts drüber. Ne? Nein, aber da muss man sich vorher ein bisschen informieren. Das war schon interessant, danach zu forschen. Du als alter Volkskundler. Ja, Alter, was soll ich noch machen? Da wächst bei mir gleich der Nachforschungstrieb. Ja, bei mir auch, aber das klar, was soll man noch machen? Da ein bisschen recherchieren auch noch. Nicht, da brauche ich jetzt aber wirklich schon eine Agentur im Hintergrund. Schon langsam wenn ich das auch noch mache. Wenn wir das auch noch machen, ja, dann Schau, der Christoph Acker ist auf den Punkt bei den Pavlacisti, gibt es aber auch Ausnahmen. Ich weiß nichts. Bravakel, ja, aber du bist der Weltfotograf und Filmer. Ich meine, hallo. Und nicht nur das. Also, wo in die Bierfassel noch der Lack hat geschleudert, waren für ein Fasseltipplers Paradies. Manfred. Der Wolfgang gewählt, aber ich bin entspannt. Und ihr macht es wieder populär und modern, glaube ich. Nein, ich weiß nicht. Dann haben wir schon ein Kollegium Karlsruhe gespielt haben. 28 haben wir es vor einer halben Stunde schon verstanden. Peter Brachtl, ja, das ist halt, aber was, du bist gut. Schau, Text und Musik Kurt Herbert, den kenne ich gar nicht. Franz M. sagt Kurt Herbert, hat Textmusik geschrieben.
Ja, der Peter Brach hat ja 28 Leute haben es verstanden. Von einer halben, ja, Peter. aber wir sind ja Multitasking. Ich meine, verstehst du, jetzt nicht besser, aber es sitzt ja da und macht nichts anderes, als den Chat zu analysieren. Und euch anzuhauen über die zwei Trotteln, wie wir uns da. Die zwei Deppen, wie wir uns angehören. Aber. Beim Werner Festival, da gab es auch eine CD, aber diese CD war eine Rezension, die erschien in der Bockener Zeitung. Ja, aber auf einer Wernherren, auf einer CD ist auch, na gut, ja. Jetzt weiß ich nicht, die Werne, aber ich glaube, die machen die CD immer von den Live-Mitschnitten. Von den Live-Mitschnitten, ja. Ja. Schreibt euch einfach ein paar Lieder, da brauchst du nicht recherchieren. Das ist einfacher. Ackerl, danke dir vielmals. Aber, es ist wirklich ein Wahnsinn. Aber es ist Wort, aber gleichzeitig ein blödes. Ja. Nicht, das ist Aber man muss schon sagen, ja. Heute unsere Pavlacisti haben natürlich vollkommen recht. Die haben das alles gecheckt, bis wir das gecheckt haben, dass das gleiche Lied ist. Aber es ist ja damit Chat, das ist ja nicht so einfach. Spülen, trinken, einschenken. Und beim Trinken seid ihr nämlich wirklich harmlos. Das ist ein Wahnsinn. Ja, eigentlich schon. Das ist der Fehler. Und dann uns resetten. Kopf anerkannt, Knie aufgeschunken und die Finger zwickt. Und auf geschiffte Wunden Skifahrer Zonen oder gar das Handel verbrennt. Als Kind ist mir zur Mama gerannt, weil auf der Schoß von der Mama wird alles wieder gut. Es gibt nichts mehr, was der weh tut. Auf der Schoß von der Mama bist geborgen und beschützt, wo man es gerne so gern sitzt. Am Schoß von der Mama. Ob Spielzeug verloren, ein Botschen im Radl und ein Fleck in der Schule. Und ein blauer Fleck am Wadl. Ob eingeschossene Scheiben oder beim Zündeln was verbrennt. Als Kind ist mir zur Mama gerannt, weil auf der Schoß von der Mama wird alles wieder gut. Es gibt nichts mehr, was der weh tut. Auf der Schoß von der Mama bist geborgen und beschützt, wo man es gerne so gern sieht. Am Schoß von der Mama. Ist man älter geworden, möchte man das auch gern tun. Man kommt zur Mama zu Haus, trinkt Kaffee und redet sie aus. Drucken manche so, die ja noch so schwer. Bei der Mama nimmer mehr,
du legst dein Kopf auf den Schoß von der Mama, dann ist alles wieder gut. Es gibt nichts mehr, was da weh tut. Auf der Schoß von der Mama ist geborgen und beschützt, wo man als Kleiner so gern sitzt. Am Schoß von der Mama. Auf der Schoß von der Mama wird alles wieder gut. Es gibt nichts mehr, was da weh tut. Auf der Schoß von der Mama bist geborgen und beschützt, wo man es gerne so gern sieht. Am Schoß von der Mama. Man kennt fast so zu jeder Zeit, spiel ich die Trottel für die Leute. Und manches Mal platzt mir der Kron, da kennt den Wurstel, jeder Schlag. Den Kasperl spielen, das stört mich nicht. Danke meinem Freund, der zu mir steht. Ein guter Freund hat immer Zeit, mein bester Freund heißt Einsamkeit. Und bin einmal ganz allein, so sind wir dennoch immer zwei. Ich und mein Freund, die Einsamkeit, mit ihm bin ständig ich zu zweit. Und will einmal allein sein, dann lade ich mir ein paar Freunde ein. Wenn ich wohin komme, sagt man gleich, unterhalt mich, komm ich lade dich ein. Und so macht man jetzt sie ungeniert und krieg meinen Rausch so finanziert. Aber trotzdem bleibt man nur ein Freund. Ein guter Freund hat immer Zeit, mein bester Freund heißt Einsamkeit. Und bin einmal ganz allein, so sind wir dennoch immer zwei. Ich und mein Freund, die Einsamkeit, mit ihm bin ständig ich zu zweit. Und will einmal allein sein, dann lade ich mir ein paar Freunde ein. Und hat das Leben das End mir braucht und kein Mensch mehr über mich dann lacht, so macht die Augen langsam zu und geh allein nicht an zur Ruhe. Nur einer gibt mir noch Geleit. Es ist mein guter alter Freund, die Einsamkeit. Ich und mein Freund, die Einsamkeit, mit ihm bin ständig ich zu zweit. Und will einmal allein sein, dann schlaf ich einfach ganz tief ein.
Jawohl. Ein untypisches Wienerlied. Absolut. Wobei ganz schlecht geht es ja nicht aus, man schläft ja nur ein. Nicht? Ja, nein, es ist aber es eigentlich. ist gelungen trotzdem. Ja, ja, danke, Also danke. Wirklich eines meiner Lieblingslieder. Also das ist, ja, viele von dir, Wirklich, muss ich ja. sagen. Ja. Nein, es ist das schönste Lob bekommen wir von Franz M., wie er gesagt hat, das ist bei ihm Nein, das- auf einer Ebene wieder her der Start. Das hat mich wirklich sehr gefreut. Franz, danke das nochmal. Die Einsamkeit und mein Bier, der Wolfgang, jawohl, und die Frau ist ja nur schlafen gegangen. Das ist- Aber ein Weindal in Gumbolzkirchen, Franz, sag, was, 17 können müssen kommen. Der Georg Schauer wieder. Naja, auf jeden Fall, wir haben es, glaube ich, heraus. Ja, das haben wir ja. Es ist ja Wahnsinn, es ist ein Wahnsinn. Aber wir haben das hingekriegt. Ein Lohnblick übers rote Zwickelfeld der Menschheit, aber wirklich noch. Ja, was der Menschheit fehlt. Da fehlt viel noch der Menschheit, nicht? Ja. Aber beim Bier, Aber- da sind wir ehrlich gesagt, ja, obwohl wir viel mit Bier zu tun hatten, beide ja auch gearbeitet haben in der Brauerei, Ja. als Studenten und alles, aber Und ich Bier sehr schätze, aber trotzdem bin ich als Weifel, nicht nur als Weifel, aber ja, doch eher der Weintrinker, muss bin ich kein ehrlich sagen. Bierkenner, schlicht. Ich kenne mich, Ich trinke Bier beim gerne, kenne ich ja. mich schon aus, aber ich trinke nicht so viel. Das ist, Beim Wein kenne ich mich auch nicht aus, aber beim Wein kenne ich mich besser aus, sagen wir mal so. Beim Wein habe ich schon ein bisschen mehr Grundahnung als beim Bier. Beim Bier gibt es schon, also trinke ich halt gern oder gibt es halt viele Dinge, aber es ist aber Bier ist jetzt nicht, das ist nicht ich weiß schon, unser, ist nicht unser Ding. unser Thema, sagen wir es einmal so. Ja. Also gibt es sicherlich andere, die geeignet wären, über Bierlieder zu schreiben. Die merkt es auch, jetzt zum Beispiel bei mir wirklich heute, ich glaube, dass es die Allergie ist. Das ist Weil ich sicher merke der- die Stimme, ich merke, wie alles bei mir Ich muss so anders. Ich muss ja eins dazu sagen, der Klaus hat ja heute nicht nur schwer in der Früh schon gearbeitet und hat noch geübt wahrscheinlich. Da hat er noch den ganzen Nachmittag da den Rosenmoor. Urwald, der hier wächst, im Rosenmeer und mit Motorsensen und sonstigen Dingen beseitigt. Nicht? Ja. Und das als Pollenallergiker natürlich, schlagt sich das natürlich aufs Gemüt auf. Na, aufs Gemüt Ja, nicht. klar, Ich bin- weil ich die bin Auswirkungen bester der Pollenallergie sind derartig, da sind die Augenrinnen, der Gaumen juckt, die Ohren jucken, Ja, alles man ist niest, es kratzt alles und dann wird man miert davor. Das Ja, wissen wir beide nämlich. Das ist Es ist wirklich, ein Krampf. es zerrt an der Konstitution, aber Ja. ich glaube, es ist fast weniger eigentlich die Allergie, sondern die Allergiepulver, die ich nehme. Ne? Ah, Aber die muss ich nehmen, weil sonst die Zone Geht nicht man da sitzen überhaupt können. nicht sitzen. Ja, genau. Und das ist ein bisschen, ja. Ne, ja, die Zungen werden schwer, ja, aber das liegt nicht am Alkohol, weil wir zu wenig getrunken Nicht haben. einmal wirklich, ja. Zu wenig, Das ist- zu wenig. Es ist halt manchmal so, was willst du machen? Ja, aber wir leben schon damit, oder? Aber wir ja. überleben das, wir überleben. Ich glaube, Bier lieber als Wein, sagt der Wolfgang, ja. Ja, Nein, wenn ich so direkt jetzt sagen könnte, das ist mir der Wein lieber. Wobei ich ein Bier auch gern trinke und gerade so spezielle Biersachen, ja, da bin ich immer offen dafür, ja. Das schon immer, ja. ja. Aber eigentlich bin ich ein Weintrinker, ja, ist so, ja. Ich würde sagen, Da kenne ich mich ja bis wirklich aus, ja. ja, ich gebe beim Wein auch besser aus als beim Bier. Aber ich muss ja sagen, ich habe Bier, ja, ich trinke einfach. Ich habe es gern, ich habe beides gern. Und das Leibendste ist halt oft wirklich, wenn du gerade im Sommer was du dann tust und du sagst, ja. Und du kommst zusammen mit Freunden. Weil daheim trinke ich eigentlich keinen Alkohol. Ich jetzt allein, ich trinke nahezu keinen Alkohol. Ja. Aber Allein, in der Gesellschaft schon. Das sagst du, ja. Und wenn jetzt zum Beispiel, was weiß ich, kommst du mit irgendwem zusammen und sagst, so, passt so, jetzt trinken wir mal ein Bier. Jawohl, dann trinkst du das Bier. Also, das ist herrlich, da kann kein Spritzer mithalten. Gleichzeitig auch, wenn ich auch wieder vom Sommer sprich, das ist natürlich, der Spritzer war Genau. jetzt schon das Getränk, der Ding. Also da meine ich jetzt abseits vom Wein trinken oder so, Nein, einfach ich nur mein- jetzt vom, ich mein wirklich von diesem Durstlöscher-Ding, Und Durstlöscher-Dings, steht es auf einer Ebene. Aber einmal hol mir mehr, mit einem Tupferl und Wein drauf, super. ja, da Ich bin hab schon Weinfieber. mehrere. Ich Ich habe bin schon Weinfieber, mehrere. nicht? Eine Dummverleihe gibt es für mich nicht. Aber ja, ich weiß schon, was du meinst. Ja, ja, schon. Das, Aber da hat Vormittag beides. um 10 Uhr, nicht? Also, Ja, man trifft sich zufälligerweise so nicht? Frühschoppen habe ich mir ein Bier auch nicht, zufälligerweise. Beim Arbeiten, nicht? Also, Beim Arbeiten, ich mein, Arbeiten am Vormittag. Nein, aber
Der liegt. Nein, aber da muss ich sagen, ist Bier und Wein, was die Durstlöscher oder was sagst du, wir sind jetzt in Gemeinschaft. Und so, was trinkt man? Trinkst du Bier? Ist fast, na, bei Am mir Anfang Oma muss auf, ja- nicht? Na, Klar, beim Herigen trinkt man sowieso nur einen Wein. Also, aber ansonsten auch so, also ich kann gar nicht einmal sagen, was mir da lieber wäre, aber de facto ist es so, dass ich wirklich öfters Wein trinke als Bier. Ja, absolut. Aber es kommt nicht darauf an, wo man ist. Weil in Wien und Weinviertel oder wo man mit der Haberin, dann trinkst du einen Wein. Da heraus, da in der buckligen Welt, Trinkst du Bier. da trinkt man Bier. Ja. Also wie gesagt, ich hab das, na die jetzt nicht, die haben wir jetzt von meiner Frau Mama auch, nicht? Weil ich gesagt, ich habe ein Bier gekauft, ich trinke sie nicht. Also gesagt, nicht? Gerda, ich danke dir jawohl, herzlich jawohl, dafür. danke nochmal für das Osternestel. Aber ich habe der Kühlschrank, der Kühlschrank ist relativ gut gefüllt mit Bier. Aber das liegt nicht daran, dass ich viel Bier trinke, sondern weil Es man hat da sich ein Bier so trinkt. ergeben, ja. Ja, weil man da ein Bier Ja, trinkt. ja, Und das wann ist so, ja. wer ist, wenn irgendwer. Wobei, ehrlich gesagt, im Weinviertel ist also, wenn einer gar vorbeikommt, Gibt's auch zwischendurch, Bier. gibt es ein Bier. Na schau. Aber meistens ist es so, nach dem ersten Bier trinkt man noch ein zweites, je nachdem wie die Temperatur ist oder wie wer mit dem Auto fahren muss oder sowas, gehört dazu, na klar. Aber dann steigt dann meistens auf den Gespritz oder, geh, hast nicht ein Achtel, nicht? Nach dem zweiten Bier ist schon, das ist bei mir auch, da trinkt man ein Achtel, nicht? Das Ja. ist, oder wie es im Weinviertel überhaupt so ist, nicht? Die Frage ist, na was trinkst du? Na, danke, nix. Nix, also ein Achtel, nicht? Ein Achtel, genau. Ja, Das ja. ist, Wenn man nichts trinkt, dann ist es ein Achtel. ein Ja. Achtel, nicht? Ja, ja. Ohne Bier wäre die Zivilisation Noch ein nicht ersten- das geworden, was sie heute ist. Franz Brandwein, ja. Das kann es ein Futes oder noch, Ja. das wissen wir noch nicht. Betrifft aber auch den Wein. Wohlgemerkt, betrifft auch den Wein. Du hast natürlich recht, weil das Bier ist noch früher. Ist noch früher, absolut. Um ja, einiges früher. Ja. Aber auch der Met, nicht? Da hat es viel gegeben. Also Prinzipiell alles, was an Zucker hat man seit Menschengedenken eigentlich immer versucht zu vergehren. Also, weise Menschen haben immer versucht, irgendwo alkoholische Getränke herzustellen. Ja, das In unseren Breiten. auf den Punkt Im gebracht. Orient war es anders. Na, von dort kommt das eigentlich alles. Eigentlich ja. Eigentlich ja. Also das war bevor der Mohammed gekommen ist. Der hat Wein so aus viel Persien, eigentlich, wenn man es genau betrachtet, ne? Ja? Wie die Rose auch. Die Hat Rose nichts ist mit mir Trinken wurscht zu halt, tun. ne? Ja. Das Bier, Ägypter, Sumerer, also das geht ja noch viel weiter zurück. Ja? Ja. Hat man versucht, einfach aus Alkohol herzustellen. Ja. Das geht wahrscheinlich noch viel weiter zurück. Ja? Das ist, Die Mege muss jetzt berichtigen, weil sagt immer, ein Krügerler Seidel, das ist kein Bierlied. Vom Hella Qualtinger, das ist nicht Hella Qualtinger, die haben es gesungen, sondern der Gerd Bronner hat das geschrieben. ja. Ein Krügerler Seidel, ein Stamperl, ein Schluckerl, also das ist kein Bierlied, da geht es um einen Alkohol. Und das ist ja nur in den ersten zwei Begriffen. Ein Krügerler Seidel, ein Trepferl, da gibt's es sind so mehrere im Refrain. Und im Endeffekt führt es auch hinaus und Nein, es geht um Scheibe Saufen. nieder. Genau, nein, es geht um Saufen. Also da kommt aber der Wein und alles auf. Also das ist kein Bierlied, aber gut natürlich gedacht, Maggie. Ja, Gut gedacht, ne? Das fängt an mit der Krügerler Seidel, ja, aber das ist eben kein Bierlied per se. Sogar Jesus wollte Wein, wollte kein Wasser, ja, stimmt. Das erste Wunder, was Jesus laut Bibel bewirkt hat, war, Wasser in Wein zu verwandeln in der berühmte von Hochzeit. Kanaan. Ja. Ja. Das war das allererste, wo sozusagen Jesus das erste Mal. Stell dir vor, alles- der Wein geht der Wein aus. Das steht dir vor. Furchtbar. Da ging's nicht ums Bei einer Bier. Hochzeit, ja. Da ging es nicht ums Bier. Krügerl vorm Gesicht war das Programm. Oder die CD auch, Manfred Kraft, richtig. Na, das ist bekannt. Die Nummer ist bekannt. Aber eben, wie gesagt, das ist jetzt auch kein Bierlied. Ist natürlich auch kein Wiener Lied, wobei eben durchaus kabarettistisch, wienerisch kabarettistisch sich durchsetzt. Ja. Kann man schon sagen. Ein Krügerl, ein Glaserl, ein Trepferl, ein Stamperl, ein Schluckerl, wenn ich dann meine Alte verfläsch, da Scheibe wie nieder und der ist ein Schnuckerl, nein, keine Ahnung mehr. Der macht ein Bankel. Ja, für mich ist es auch Stoffe. ja. Eine leibende Nummer. Gerd Bronner hat das verfasst.
Und zwar war das, ich glaube, nach dem geschupften Pferdl. Ja, sicher, aber nach dem geschupften Pferdl. Und da hat der Gewaltinger, oder so hat der Ja, Bronner genau. immer erzählt, hat der Gewaltinger gesagt zum Gerd Bronner, erst schreib sowas wie einen geschupften Pferdl. Das ist ja nicht so schwer, nicht? Schreib nochmal sowas wie einen geschupften Pferdl. Das Und der ist hat immer schwach. das Ding, ja. Und dann hat er halt das Krögerl geschrieben, ja. Der Jesus hat den Spritzer erfunden. Ja, ja. Zu Jesus Zeit war das Wasser ja auch ungenießbar. Ne? Das muss man ja nicht erwähnen. Ne? Das ist halt, weißt du. Nicht nur zu Jesus-Zeiten, das ging noch viele Jahrtausende. Was schaut der Georg Scherer, Das unser noch Schürle. Der Schürle mit der Blechhaum oder der Schürle mit den Gummiwelle. Je nachdem. Je nachdem. Aber unser Schorsche, auf den ist auch Verlass. Der hat das Video schon auf die Pavlacisti-Seiten gestellt. Sprich 17 Kölner. 17 Kölner. Dort können wir es uns auch holen, dann wissen wir, was los ist. Danke, Georg, Danke. da brauchen wir nicht lang suchen. Super. Dann Muss ich wisst einen ihr gleich, Schluck wo wir es muss ich finden. gleich Bravo auf den Georg. Schluckerl nehmen. Überhaupt einmal, auf den Georg sollten wir alle mal wirklich wieder eine Achtel rein haben. Das letzte Mal war es ja wegen der Hochzeit, aber jetzt, weil der Georg Scheurer ist, muss ich sagen, ein Fundament und eine Säule gleichzeitig für 16er Pavlacisti-Gruppen auf Facebook, weil da ist er wirklich aktiv und macht das alles, hält das alles am Laufen, steht überall und kommentiert überall sofort mit den richtigen Terminen und so weiter. Schürle, Ja. danke für deine Nochmal einen Unterstützung. Schäberer. Nochmal einen Ein Schäberer für die Schürle. Ja, war nicht romantisch, aber lieb gemeint. So. Also wenn jemand heute den Qualtinger geben könnte, dann unser Klause. Dank der Menge volles Marschen. Ein Wahnsinn. Ja. Schau, die Achtel von einer, haut's eine, die Achteln, für den Georg. Hat's eine, ja. Die Christi sagt auch, danke Georg. Ja. Und wir haben jetzt eine, weil die Christi ist geschrieben, ist Werner Gmiert, könnte man nicht machen. Könnte man machen, ja. Wir Machen wir's probieren in es. Kombination. Christi, oder? mehr als das muss. Machen Spielen wir wir's es gleich? Du musst gleich. So. Spielen wir es gleich so? Die Einfach. Kurzversion. Ja, Kurzversion. Okay. Ohne Ja, Einleitung. Einfach. Passt. Gut, mach mal. Weil die Einleitung weiß ich, glaube ich, wirklich nicht mehr. Das ist Intro.
Gut, ja. Kurzversion, Lassen ja. wir's, ja, aber ja, ist natürlich auch. Heute ist nicht unter Ton. Sagen wir einfach, heute ist nicht Das unter ist Ton. ja Wahnsinn. Sagen wir es einfach so, aber macht ja nichts. Ich meine, Grundlagen, die Basics haben gestimmt. Bin schwer. Niemand drückt jetzt. Ja, das ist so. Eine platte Säule mit einer Wampen, der Georgscheurer. Ja, aber unsere Säule. Jawohl. Warte, was habe ich da alles für Sound? Also da bin ich. Ich weiß schon wieder, wo ich bin. Ja. Weil sonst gar nicht alles verloren. Der Klaus ist unsere letzte Hoffnung. Wofür, Mäge? Wo bin ich die letzte Hoffnung wieder? Jawohl. Die Wiener Sölllichkeit. Ja, der Wolfgang Scheidt ist. Dieses Lied ist so typisch Wiener Sölllichkeit, ja. Jawohl. Stimmt, finde ich auch so. Grüße zu sagen, der Schluss war schön, ja. Das ist der letzte Akkord. Ja, es ist wirklich, heute ist der Wurm Das ist drin. furchtbar. Heute ist der Wurm drin, es ist wirklich, was soll man machen? So ist halt, da muss man durch. Also, ihr müsst durch, nicht? Wir spielen so wie sonst auch, aber nur klingt es halt heute anders. Ja, nein, ich weiß schon, Sonnenfinsternis Das heute. ist so. In Amerika. Ja, das bringt man leichter zusammen. Ne? Ein Wahnsinn. War heute einiges Kreatives dabei. Ja, Ja, Manfred Manfred Graf, Graf, du bringst es auf den Punkt. Ja, das ist schön gesagt. Ja. Ja, aber der Franz Brandt war ein Braver mit den Achteln, jawohl. Das ist furchtbar. Große Fünfername für den Gewaltinger. Ja. Klaus ist viel freundlicher als der Gewaltinger, sagt der Wolfgang. Glaubst du? Glaubst Ja. Naja, gut, es gibt schon natürlich harte Geschichten vom Gewaltinger. Ne? Wobei, wir müssen wirklich, jetzt müssen wir einen Schluckerl machen auf den Christian du? Von Gewaltinger. Christian auf jeden Fall. Seinen Sohnemann, der wirklich, Ja, was ist 60, wie alt ist er? 67. 67. 67, 68, 67, sowas. 67, ja. Sowas ist erst gestorben. Wir kannten ihn nicht eng und Dinge, aber wir kannten ihn insofern gut, weil wir gemeinsam Doch einige Zeit verbracht haben ja, mit wir Lidschauen. haben schöne Zeiten Schöne verbracht Zeit, ja. miteinander. Ja, Und Leibwand, ja. es gab das geflügelte Wort in Litschau eine Zeit lang, Gewaltinger, wir fahren. Und das war, ich weiß nicht wann das war, keine Ahnung, lang her. Und wir waren 15 einquartiert Jahre so ungefähr. in Wirtischkassen, in Eisgarn. In Eisgarn, ja. In Eisgarn im Waldviertel, in der Kutscherklause waren wir einquartiert, ja. so wie alle anderen oder die meisten Künstler. Viele, ja. Und es war halt doch, es war eine Notwendigkeit, mit dem Auto zu fahren. Nicht? Wir waren wahnsinnig angefressen und deine Ex-Frau, unsere liebe Yvonne, mit der wir nach wie vor in tiefer Verbundenheit sind, Verbundenheit sind, Freundschaft und sie unsere Buchhaltung macht. Nein, also wo man echt alle miteinander eine gute in wirklich guter Beziehung sind. Ja. Und die Yvonne die hat grundsätzlich nichts getrunken, also es war ja nicht, das hat es sowieso nicht. Ne? Und ergo ist sie gerne gefahren, nicht gern ist nicht gefahren, sondern sie hat uns nicht geführt, weil sie halt die einzige Nüchterne war. Immer. Ungerner als mir Auto fahren, eigentlich, grundsätzlich, Eigentlich schon. aber in der Nacht um 3 in der Früh ist durchaus angenehm gewesen. Auf jeden Fall die Yvonne dankenswerterweise gesagt, du, ist ja wurscht, ich fahre euch. Ist ja egal. Und nachdem der Gewaltinger auch bei uns gewohnt hat, da in dem Hotel, hat sie gesagt, du Gewaltinger, du hast bei uns einen Sadel, kein Thema, wir fahren, also wir nehmen die mit, wie auch manche andere immer wieder gehabt. Auf jeden Fall war der Gewaltinger und dadurch hatten wir dann die Situation, dass wir 3 Nächte miteinander, also mit dem Auto gefahren sind und dann natürlich nie schlafen gegangen sind, sondern dort da vor dem Gemeindeamt, das ist das berühmte Gemeindeamt von der Serie Wittiskassen. Wittiskassen, Die Disco ist daneben, wo Nicht die gedreht Disco. wurde. Wittiskassen mit Ovtcharek und der Ballfrader. Na, warte mal, Eisgarn hat das. Warte mal. Da hat es eine Serie gegeben, die hat im Waldviertel gespielt. Vielleicht wisst ihr das. Vielleicht wisst ihr es. Krimi. Aber ich weiß nicht mehr, ist ja wurscht, ich habe es ja gar nicht gesehen, aber auf jeden Fall war das Gemeindeamt von Eisgarn war auch das Gemeindeamt in dieser Serie. Ja, genau.
Und dort davor Das Braunschlag, Franz Ehm. genau, ja, Franz Ehm. Bravo. Bravo, Franz Ehm. Franz Ehm Ja, auf die ist genau, voraus. genau. Und dort sind wir dann also wirklich noch bis in die Morgenstunden gesessen mit ein, zwei Doppler Bis grau geworden ist, ja. oder Literflaschen, weil wir uns da mehrere Literflaschen organisiert haben. Es war kalt, aber wir sind da gesessen am Bagel draußen und haben uns dort sozusagen noch die Kanten gegeben, war immer eine recht leibende Geschichte. Und der Christian Qualtinger eben ein Maler, eigentlich in erster Linie ein Maler. Ja. Und dann hat er Texte geschrieben und hat auch gelesen. Und aufgrund dieses Texte-Lesens war er damals auch 2-3 Jahre lang, war er glaube ich dabei in Liedschau beim Schwammeklang-Festival. Und eben einmal durften wir mit ihm gemeinsam. Er war ein sehr gebildeter und vor allem sehr liebevoller, freundlicher Typ gewesen. Also. Ein Mensch. Ja. Weißt du, das Ja. Das war. Und das war immer, wir haben dann, also, und der hat gesagt, du, wenn's fahrt, nicht? Wenn die wohnen fort, ihr müsst mir nur rufen, ich bin nicht da irgendwo. Nicht? Und das war dann immer das geflügelte Wort, Qualtinger an mir fahren. Das war eben, ja. Maggie sagt auch der Christian. Ja. Ja, schau, die reden jetzt nicht mehr von unserer Kreativität. Mit dem Weinkonsum normal, der Wolfgang Kratzker, ja. Helft's mir Klause, wann Kenobi? Ihr seid unsere letzte Hoffnung. Klause, wann Kenobi? Bist deppert. Ist ein kleiner grüner Zwerg. Der Häuser ist mit jedem gespritzten genialer geworden. Ja, zum Teil. das stimmt. Stimmt, ja. Ja. Das war das Braunschlag, ja. Sehr einmalig. Aber ja, das war eine schöne Erinnerung an Christian Qualtinger, Gott hab ihm selig, heuer leider gestorben. Alt ist er nicht. Ja, alt ist er nicht geworden. Wenn man an einen Walter Häuser, Walter Häuser, genau, der fährt bald sein 100er. Also, Er fährt nicht. Ne? er fährt nicht mehr jetzt, aber ja, wenn Walter kennt, fährt er sicher. Ja. Oder Walter hat lang durchgehalten. Ja. War ein ganz allein. Abgesehen jetzt von Musik und so, Ja, aber er war persönlich wirklich er eine war- Bereicherung. Also da bist du diesen Menschen gegenübergestanden und hast dich wohl gefühlt. Und das ist ja herrlich, wenn ich mir dazu da, geh, Klasik, schnur mal schick, weil die von meinem Buben, die sind mir stark. Die vertrage ich nicht so. Vertrage weißt? nicht. Der hat immer so eine eigene, was die vertrage ich nicht. Das ist leibend, aber die vertrage ich nicht so hart. Ja, das war schon eine eigene Geschichte. So, na gut, wir werden schon langsam zum Schluss kommen. Zum Schluss kommen wir zum. Ja, ist Das so. hat ja keinen Sinn, So. Freunde, das hat ja keinen Sinn, wir werden heute nicht besser. Nein, das habe ich schon abgehakt eigentlich. Aber wir haben es trotzdem lang durchgehalten. Ja. Man muss sagen, ja, heute ist sie. Aber Ich ich, weiß sag nicht, dir, was das ist heute die los Sonnenfinsternis ist heute. Sonnenfinsternis in Amerika. Ja, was? Auf der Welt ist des Öfteren eine Ja, Sonnenfinsternis. ja, aber nicht? astrologisch hat das natürlich eine Auswirkung. Und das werden wir spüren. Natürlich, ja. Deswegen spielen wir einen Schatz zusammen. Wegen der Mondfinsternis in Amerika. Weil die arm Mit der ist. Sonnenfinsternis meinst Was habe ich gesagt? du? Mondfinsternis. Ja, die wird auch sein. Wird sicher eine sein, nicht? Das ist. Du, aber weil die Maggie bringt es auch, das ist eine gute Idee. Die alte Hitten. Ja, weil es sagt, ich habe in alten Häusern noch live erlebt. Chrissy sagt sehr oft sogar, Ja. ja, und wir haben in Häusern auch, und wirklich, wir haben gespielt damals bei seinen 80er. Ja. Das war, wir haben uns sehr geehrt gefühlt, haben bei seinen 80er gespielt. Und 20 Jahre her. Ja, und das Orgel war aber, wir haben vorher am Tag davor gespielt bei der Schöllgabe in Grinzing. Ja. Gibt es jetzt leider nicht mehr mit den Heurigen. Und da haben wir quasi durchgemacht. Und ich kann mich noch ganz genau erinnern, wie ich heimgekommen bin, weil ich bin dann noch weiter gezogen, mit der Schöllgabe, mit der Wirtin Ihr seid und eh- mit der ganzen Partie. Ich sind wir bin noch damals wirklich Du bist heimgefahren. Ich heimgefahren? bin wirklich heimgefahren damals, ja. Du bist Ein heimgefahren. Wunder. Wir sind weitergezogen und ich bin dann von irgendwo. Die wohnen heimgefahren, Ja. bevor ich dann mittags extra Ja. vermietet. Ja. Nein, ich bin überblieben und bin dann zu Fuß mit der Gitarrenbugel bin ich heimmarschiert irgendwo von Grinzing nach Otterkring nach Hause. War ein Marsch von 1,5 Stunden, glaube ich, weil ich mit dreimal vergangen bin und 20 Kigeln dazwischen sind. Und dann bin ich heimgekommen, ehrlich, was ist 10 Pfund gewaschen, irgendwie mich niedergelegt und ich kann mich nicht genau erinnern. Und gefühlt wirklich, beim Niederlegen hat schon der Patrick auch geleitet. Dass wir fahren zum Frühschoppen
beim Häuser Walter. Zu seinen 80er. Da habe ich runtergeschaut, kannst du dich erinnern, da habe ich runtergeschaut beim Fernseher. Kann mich noch erinnern. Da hat es gleich, ich bin gegangen zum Fernseher auf und runtergeschaut, was ist? Ich war schon nervös in mir. Ich bin aus dem Auto ausgestiegen, meine angeraucht, der wird schon kommen. Passt schon, machen wir schon. Das berühmte Ich komm gleich. Und wir kamen rechtzeitig. Natürlich. Mehr als rechtzeitig. Wir waren da. rechtzeitig dabei. Ja, gar kein Thema. Lux Rudi war da, Christel Prager war da, Walter Heider damals noch. Das Ja. ist ein Wahnsinn. Und weil der Georg Scheurer sagt, holst du Schafe im Hannes in Strebersdorf. Ja, da war ich mit meinem Munkelein. Ja. Ja. Habe ich nie live gesehen, sagt der Wolfgang Horzger. Da hast wirklich was Was hast du versandt, Wolfgang, ja. Seinen Sohn vor kurzem, Rudi Kuschel, beim Geburtstag. Ja, ich meine, der Sepur, der Tommy Häuser, ist natürlich sowieso auch eine Legende. Ein herausragend guter Musiker, aber er ist viel introvertierter natürlich. Aber der Walter war Wobei der natürlich Walter auf der anders. Bühne auch der Introvertiertere war, der scharfe Ja. Kudel war eigentlich mehr. Immer, Ja. Das war interessant eigentlich. Ja, aber der Walter war kein Aber, Introvertierter. nein, introvertiert Der war er Schmähbrüder, nicht. alles Als Schmähbrüder durch und durch und durch. durch. Ja. Wirklich wahr. Ich glaube, sie verarschen mich alle jetzt da. Was ist jetzt mit dir, Ackerl? Haben dich die zwei schon angesteckt, ich fall vom Sessel. Wieso? Was hat der Ackerl gesagt? Will er die Schoß von der Mama? Das Flasche Bier in der Spelunken haben alle noch getrunken. Zur Not geht man noch zu mir und trinkt noch 2, 3 Bier. Na Wahnsinn. Freunde, wir hören auf. Wir Die lassen es gut. Veranstaltung entgleist, Es ist ja. gleich. Aber wir nehmen das wirklich her, nehmen die alte Hitten. Die Mega, das war eine gute Idee. Wir danken euch vielmals mit diesem Lied, wollen wir uns verabschieden. Sagen Dankeschön für eure Gutmeinenden. Danke, war heute wirklich eine Entschuldigung, muss ich ehrlich sagen. Fast. Die Sonnenfinsternis. Es ist so. Wir können nichts dafür. Die Wahnsinn, kosmischen Gegebenheiten haben uns einen Strich durch die Rechnung gemacht. Was sollst du tun? Aber wir werden schon sagen, vielleicht morgen um 9 Uhr schauen wir mal, ob wir das schaffen. Die Goschen rennen schon bei uns, das geht schon. Ja, die Altknackers der Franz M., die waren legendär. Ja, absolut. Ja, die haben wir im Selic erlebt. Ja. Auch schon ein paar Ja, die 15, waren 16 Jahre her. legendär. Legendär. Na gut, In Dudeltour. bitteschön. A ganz alte Hitten, verdeckt von der Sonne, a pflasterte Gossen, dort bin ich geboren. Glaubst du, was in Text jetzt da? Walter, hilf uns. So, Ich wollte jetzt das trinke ich zwei. den Schluck einmal aus. Ja, ja, dann spielen wir es nochmal. Weil wenn ich angesoffen war, so überleg dir, du im Text, ich hol jetzt nur ein Bier, weil das kann nicht, das ist nicht wahr. Das ist ja nicht wahr. Du willst ein Bier so mit Text überlegen? Ja. Alter, Ja. im Hinterhof da steht, verlassener Baum. Ein Baum, nicht allein, verlassener Ja, Baum. das. So. Ruhig zu, Patrick, ich sag's dir. Jetzt Warte, reicht's. du musst zur Hecke, Ja, ich du musst zur Hecke. Nein. Schenk du ein, Furchtbar. schenk du ein. Nein. So, ich muss mich ja. Okay, okay. Ich muss. Nein, das gibt's aber. Sowas gibt's ja nicht. Die Pawlatschen geht in die Geschichte ein, als die Katastrophe pur. Jedes Lied, das man anspielt, nein, das gibt's einfach nicht, sowas. So. Das muss jetzt sein. Habt ihr sowas schon erlebt eigentlich? Das gibt's einfach nicht. Lieder, die wir spielen seit ewiger Zeit und es fällt dann nichts ein. Das gibt's ja nicht sowas. Ist auf ja genau, lasst es halt unbemerkt aufhören. Nein, unbemerkt lassen wir das nicht aufhören. Das gibt's ja nicht. Maria Luise lebt, das ist. Das ist lieb, ja. Das ist der Hammer.
Na, das ist ja aber wirklich der Hammer, nämlich, ja. Das ist unglaublich. Der Franz hat sich schon verabschiedet, ja. Na, Klaus, jetzt nehmen wir einen Schluck und dann. Na, Wenn ich der Franz bin, ich war auch schon das gegangen. darf nicht wahr sein, sowas. Na. Das ist wieder ein Bier, bleibt besser beim Wein. Ja, Franz, der Mann da. Wobei, wir haben ja schon ein Bier. Ja, Ackermann da vielleicht am Wein. Ja. Ob ich am 9. ist noch der Trag? Oh ja, am 9. sind wir schon wieder dabei, Vollgas. Na, locker. Schau, aber die Marie-Louise Habe ich alles lebt. schon längst erlebt. Aber gehst du lustig? Habe ich schon alles erwähnt? Ja, aber ich wollte es auch noch mal erwähnen. Klaus, erst, was ist los? Ja, was heißt was? Ich war ja unterwegs. Ja, ne? aber das ist selbstverständlich. Aber das schon Ich erlebt. freue mich. Ich freue mich. Nicht auf Fleckerlacke. Manfred, danke, ja, ich weiß. Im Hinterhof, da steht verlassen ein Baum, nicht ein Fleckerlackereien, ist nur Stein und Lamm. Franz Brandwein-Mandat ist die Umsetzung von Wein auf Bier. Nein, das kann nicht sein. So, Prost einmal. Prost. Auf euch bitte. Wunderschön, dass ihr noch da seid. Er sagt auf euch, bitte. Ich sage auf euch, danke. So, jetzt dürfen nicht mehr jetzt viele Leute kommentieren, weil So. sonst verlieren wir den Text vom Manfred. Was meint die Krise? Nein, der Manfred hat das. Mit sogar Sogar mit mit Text. Textservice, ja. Ja. Aber wenn Sie alle natürlich jetzt eine schreibt, dann verlieren wir das ja. Also schnell. Der schnellste gesagt hat. Sind schnell gegangen. Jetzt legen wir sie. Jetzt kriegen wir es. Jetzt wäre der Wahnsinn. A ganz alte Hitten, verdeckt von der Sonne, a pflasterte Gassen, dort bin ich geboren. Im Hinterhof da steht verlassener Baum, nicht ein Fleckerl, ein grünes, nur Steiner und Lamm. Dort wo mir als kleines Kind geht, dort war ich daheim. Finsterer Hausflur und düster die Gegend, das Wetter, das prägt schon von dem Wind. Am Gang die Bassine, das Klosett geht daneben, ein ganz Zimmer, ein Strohsack, tut's an mir Kinder klingt. Und dass wir damals glücklich waren, kann kein Mensch verstehen. Zu der alten Hitten zieht's mich manchmal hin. Da weiß ich dann, dass ich ein Fremder dort bin. Ich denk zurück Jahrzehnte und da wird mir klar, dass trotz Armut meine Kinderzeit so wunderschön war, dass trotz Armut meine Kinderzeit so wunderschön war. Walter, bravo zu deinen 100er erst. Danke. Jawohl. Und um es mit Grisi zu sagen, der Schluss war leibend. Ja, bravo, Chrissy. Nein, was heute überrascht mich Das nichts. ist ja Wahnsinn. Also, Ja, heute überrascht mich nichts mehr. Wir lassen euch nicht im Stich. Wolfgang, ich danke dafür. danke euch. Ohne ein Bottle geht nichts. Ja.
Der Scheurer. Ja. Der Steurer hat mit der roten Birne Ausrede, was ist mit Patrick, ja? Ja, ich weiß nicht. Am Anfang habe Ich ich ja noch, verstehst du, wegen so einem Schädel gekriegt, du hast einen Mondbeiger noch kassiert. am Anfang habe ich ja tapfer mitgehalten, aber der hat Ja, mich eben. angesteckt. Das ist ein Nicht auf Wahnsinn. mich ausreden, nicht auf mich ausreden jetzt. Du, Ja. tu ich nicht, tu ich nicht. Tu nicht auf mich ausreden. Habe ich noch nie da. Ja. Aber nein, es war grundsätzlich, weiß nicht, es ist schon, ja. Aber hier hast du zuerst der Text, gut, Ich rach meine Textsänger. an. Textsänger und dann hast du noch so, und dann hänge ich mit der Akkorde, na furchtbar, Freunde, es ist wirklich furchtbar. Das ist wirklich, die Frage ist jetzt zum Beispiel, jetzt geht man wirklich bei dem Punkt sein, was der Chris ja angesprochen hat, warum ich das eine oder andere gelöscht habe von der, und ich habe gesagt, ich habe noch nie was gelöscht, ich habe noch nie was gelöscht. Red kein Blödsinn, das ist noch nie was nicht. gelöscht. Nein, aber die weiß ich nicht, ob ich die nicht lösche. Die paar Wirklich? Flaschen. Nein, lösche ich auch nicht, die bleibt so. Das ist ein Zeitzeugnis. Zeitzeugnis. Wir Und die sind ehrlich. Sommerfinsternis. Ja, wir sind ehrlich. Was das Ja, ist nein, so. ehrlich, es ist halt, ja, ich weiß Das nicht. scheiß mir an. Aber es liegt, ich möchte es wirklich nochmal betonen, und ich merke das selber, dass ich lall, aber ich merke, ich habe keine Du Stimme. leidest Ich wirklich. merke, mir tut die Zungen weh, hinten zum Beispiel, mir tut es wirklich weh. Schau, Chrissy, Ja? danke dir. Was sagst So viel gelacht habe ich schon lange nicht mehr. Chrissy, du? danke. Jetzt kriegst du es was. Ich dachte, das war das letzte Lied. Ja, Wolfgang, das haben wir auch schon gehört. Nicht einmal das holt man mehr ein. Chrissy, Nicht einmal das mehr. Chrissy, auf dich einen großen Schluck heute Bravo, noch. Chrissy. Bravo, Chrissy. Bravo, Jawohl. Chrissy. Nein. Letztes Lied, geh. Da spielen wir noch eins. Wenn ich jetzt sage, jetzt immer Hetz. Danke, Wolfgang. Ja. Nein, furchtbar. Aber es ist wirklich so, also ich merke, wie ich mich anstrengen hör's muss, ja. um zu Ich glaub, sprechen. Das ganze Zeit schon. Ich bin so irgendwie weiß ich nicht lediert. Aber ich kann jetzt nicht sagen, ich bin irgendwie, ich fühle mich jetzt aber nicht grippig oder so, also überhaupt nicht krank oder so, sondern einfach, ich fühle mich total lediert. Und das Lallen, ja vielleicht kommt es vom Bockbier, das kann schon sein. Das kann schon sein auf der anderen Seite. Wir haben beide das gleiche getrunken heute. Und Na gut, die habe ich schon nicht verstanden, wie du heute angekommen bist. ich bin schon reingekommen und habe gesagt, hey, ich schicke völlig nüchtern. Eins geht der Peter Prachtler sicher, wir spielen nur eins. Auf jeden Fall. Walter, wie haben wir damals die XXL beim Latschen gemacht eigentlich? Na gut, da waren Da wir waren wir wirklich wirklich angesoffen. angesoffen. Aber und nämlich auch, also das hat sich ja Das aufgebaut. hat sich so aufgebaut, ja. Aber es ist heute ein Tag, der ist schwierig. Und ich merke das wirklich, weil ich meine, das ist jetzt kein Ausrede wegen einem Spülen, das ist Nein, einfach, das nein, haben wir nein. verarschen. Aber ich habe zum Beispiel, was Allergie betrifft, habe ich seit meinem 14. Lebensjahr. Und jedes Jahr ist es immer ein bisschen anders. Immer ein bisschen anders. Manchmal sogar gar nichts. Aber heuer habe ich wirklich so einen Eindruck, das ist ganz anders, wie es ewig war in meinem Leben. Okay. Die Allergie, ich spüre es in so vielen Facetten, in anderen Facetten als jemals. Ich weiß nicht. Aber dann haben wir so Allergiepulver leider, dann spüre ich halt ein bisschen weniger. Da gespürt das eh nicht mehr. Weniger. Aber eben so wie heute, und ich merke, dass die Zunge ist irgendwie hinten, die tut mir weh beim Singen, beim Sprechen. Der Gaumen Stimme, hinten und so. Ja, Gaumen und was. Genau. Also eigenartig. Vielleicht eine instrumentale Nummer, Peter Bartl, ich glaube, das haben wir schon probiert, die ist auch daneben gegangen. Aber von mir auch. Naja, eigentlich jetzt, muss ich sagen, schätze ich sehr, ich habe jetzt eigentlich voll im dicken Mann. War Searching for the Keys. Searching for the Keys. Ja. Aber du hast schon recht, vorher, wie du gesagt hast, entspannt, es ist es so. Wir werden damit leben. Ich werde damit leben müssen, weil was soll man sonst machen, aber die Böcke sind schuld. Nein, Chrissy, wir haben schon, bevor wir den ersten Bockbier aufgemacht haben wir schon einen Schatz zusammengespielt. Das können wir uns leider nicht ausreden drauf. Nein. Leider nicht. Vom Fluchtzeitl 1 geht halb noch. Ja, nein, wir spielen es aber noch. Wir sind auch lustig beieinander, sagt die Maggie, genau, vollkommen richtig. Schau, und der Christoph Acker, der hilft uns. Alle 218 Mal dürft ihr in Gatsch greifen. Dankeschön. Danke. Haben wir gemacht. Heute ist Neumond, sagt der Wolfgang. Sein Weiber hat gesagt, heute ist Neumond. Na, das auch noch. Neumond, Sonnenfinsternis, Neumond. Und das ist ja quasi Neumond, könnte man ja auch als. Und der Sahara-Staub wirkt noch Der nach. Sahara-Staub ist auch da. Ja. Ja, und da darfst du nicht vergessen, grundsätzlich, dass wir von Haus aus schon ein gewisses Grundmaß an Blödheit auch noch haben. Das stimmt. Das musst du auch mitrechnen, Das stimmt. astrologisch meine ich jetzt. Ne? Das muss man mit einweben.
In die Sternenkonstellationen musst du ja also unsere Grundverfassung mit einkalkulieren. Ne? Ja, dann ist mir nichts mehr. Dann ist mir alles klar. Alles klar. Was machen wir jetzt zum Abschluss? Noch einen Strom. Nimm einen Strom. Was machen wir zum Abschluss, Patrick? Was spielen wir jetzt da? Was könnte man noch? Was könnte man noch ver Was könnte man noch in Sound vernichten? setzen? Nein, das ist. Was sagt die Marilis Lieb? Wenn es wem nicht gefällt, dann wird es gelöscht. Leider, dein Zustand ist normal. Wir spüren die Natur. Ich trage eine aktive Bernsteinkette und Armband. Das hilft mir, die Allergie nicht zu spüren. Naja, Ja, das ist alles schon viel. Bernstein, probiert. ja. Ja. Nein, ich glaube schon, dass Ja, da viel Sachen, ja. dass da sicher viele Sachen helfen. Nur das mit heute, ist das, was heute da ist, hat mit dem. Ich weiß nicht, ich weiß einfach nicht. Das Der Magnus Sterzinger ist unser Haberer. Der Tiroler Haberer, 10 Kilometer von der Martinswand entfernt, siehst du, was ich mir alles merke. Ich finde euch dennoch lässig. Ich danke dir schön. Magnus, du bist mir Held. Und der Wolfgang sagt, naja, Maturanden. Schau dir was an. Erstens einmal der Haberer. hat ja die Matura. Ich bin ein Studierter und habe die Matura. Der hat gar nichts davon. Gar nichts. Nichts. Das kann es nicht sein. Ich rede immer von der HTL, ist aber lieber saufen gegangen dann aus. Bin im letzten halben Jahr ausgestiegen. Nicht? Aber ich war fort. Maggie sagt, die Krise sagt und der Patrick war sogar Vorzugsschüler. Ja, im Gymnasium da, ja. Ja, im Gymnasium. Ja. Das leichteste Telefonbuchpolka, Christoph Acker. Du, ich sag dir was, die Nummer, die wahrscheinlich sogar bocken. Nein. Wir müssen uns Feines aussuchen zum Schluss. Irgendwas, was wir können. Was kannst du denn, Patrick? Nix heute. Das ist blöd. Furchtbar. Das ist blöd. Da tue ich mir jetzt schwer, aus meiner Repertoire zu schöpfen. Schlimm. Meine Fehler machen mich aus, ich hoffe eure auch. Na sicher. Na sicher. Na, wir können damit schon umgehen. So ist es nicht. Aber es ist wirklich erstaunlich. Also ihr könnt sich ja gar nicht vorstellen, wie man sich dennoch ärgern kann. Für sich selber. Weil man weiß ja, oder ihr seid ja eh Stammkunden sozusagen in der Paulacisterie. Ihr kennt es ja. Ihr wisst ja, dass wir spielen können auch, aber ich weiß ja ganz, wie es aus den Noten kriegen. Franz Brandte, das ist eine Idee. Das reißen wir jetzt. Das ist eine Idee. Wer hier Ja, das passt. Ach, ja, ist der Scheiererkirch. Der Schürle mit den Gummiwelle. Jetzt habe ich übrigens, ich weiß nicht mehr, wer es war. Jesus, nein, ich weiß nicht mehr, wer es war. Aber der hat eine gute Erklärung geliefert. Der hat gesagt, es könnte sein, der Schürle mit den Gummiwelle, weil wir geredet haben, Ja. bei einer Morgenshow, da sind wir draufgekommen, der Schürle mit der Blechham, Dazu ein Ding, ich hole noch ein Bier. Schon bald raus. der Schürle mit der Blechham ist eigentlich, kommt vom Heiligen Georg, den Drachentöter, der wahrscheinlich halt immer also ich kenne nur die Darstellung vom Heiligen Georg hoch zu Ross in der Rüstung, ne? Und eben auch mit einem Helm, nicht? Mit einem Eisenhelm. Und in Wien wurde er zum Schurl mit der Blechham. Was mich sehr amüsiert hat und sehr gefreut hat, weil das wirklich diese feinsinnige Kunst des Wieners eigentlich zeigt. Der Schurl mit der Blechham. Was natürlich für uns dann noch unklar war, ist die Geschichte mit der Schurli mit den Gummiurli. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber ich bin in meiner Jugend, ich habe das immer gehört. Der Schurli mit den Gummiurli. Und ich weiß jetzt wirklich leider nicht mehr, wer das war. Der hat mir auf die Idee gebracht, ja, könnte damit zusammenhängen, dass besonders der Georg, also oder irgendwann einmal ein Schurl, so frech war, dass man den immer wieder an den Ohren gezogen hat. Ja, das hat man früher gemacht, das war eine pädagogische Grundleistung. Und dann hat man an den Ohren gezogen. Und der war aber so, wie soll ich sagen, standhaft, frech,
dass er dermaßen oft an den Ohren gezogen wurde, sodass die Ohren, die Urle, war die Ohren, die Ohren, dass sie gleich sind wie Gummi, in die Länge gezogen wurden. Und ich habe mir gedacht, ich weiß nicht, ob ich das jetzt gut erklärt habe, aber ich habe mir gedacht, ja, das könnte eine Begründung sein. Das war meine Idee dahinter. Das war meine Idee. Na, Servus ist einfach nicht gigantisch wird. Chrissy, aber ich sage da wirklich, ich weiß, ich höre es selber, aber ich merke das selbst, es ist eine bucklige Welt-Piano da drinnen. Ist noch was drin? Ja. Schau mal, so bucklige Welt. Schau ich sofort. So haben wir geschenkt gekriegt. Sofort. Schau mal, aber es ist eher ein kleines, glaube ich, also so gesehen. Die einzig wahre, wirkliche Tätigkeit heute dann, Ja. die einen Sinn hat. Dass du Kühlschrank gestern, hast du das? Ja, schau. Ja, 1000 Hügel. 1000 Hügel. Ja, Ja, schau. so. Ich hole den Öffner auch gleich. Der Burli hat links und rechts der Urli. Ja, aber das war der Schurli mit den Gummiurli. Das kennt man doch. Dass das so oft gezogen wurde, dass es so frech war, der Schurli, dass der schon richtige Gummiuhren hat vom Ohren ziehen. Vom Ohrensinn, ja. Und ich weiß nicht mehr, wer es gesagt hat. Die Begründung ist einleuchtend. Gell, Gerissi? Ist schon. Hat was. Ich habe mir gedacht, ich weiß nicht, wer mir das geschrieben hat. Das ist ja furchtbar. Ich habe keine Kontrolle über meine Sprache mehr. Der Spruch mit den Gummiurli gab es auch in den Mödling. Die Kinder wurden in den 60er, 70er noch die Kinder geprügelt. Ja, aber ich weiß also noch, das Ziehen an den Ohren, das war Das zu Gummiurli. mir niemand mehr, nicht? Aber Gott, und da sind der Gott, Schurli, Gottes Willen, und da ja. sind einer, wenn er sagt, Herr, du hast gesagt Gummiurli. Das heißt, du bist besonders oft gezogen worden an den Ohren. Und die sind schon so ausgelatscht wie ein Gummi. Und das ist der Schurli mit den Gummiurli. Du frecher Schurli. So, das war eine logische Erklärung. Logisch Und war ich mein, es, ja, aber Und da siehst du, was ob wir noch das um stimmt, ob das stimmt, was ja, aber um 11:30 da bringen, aber da siehst du, was wir noch für eine geistig-wissenschaftliche Kulturleistung bringen. Entschuldige. Also man muss man echt sagen. Ne? Prost. Willst du es aufteilen oder zuerst was spülen? Wir haben gerade austrunken, sollen wir sofort aufteilen? Nein, du kannst es aussuchen. Schenken wir zuerst ein und dann spülen wir. Aber das ist jetzt nicht vom Schwarz, oder? Von mir ist es jetzt. Das ist was anderes, glaube ich. 1000 Hügelbier. Habe ich geschenkt gekriegt. Festmärzen. Fest? Gerald Schwarz. Na, Das ist eh schwarz. Das ist ja klar. Ja, ist dann. Bravo, Klaus. Die Chrissy weiß, dass ich einfach da. 5,2%. Ja, schau, na gut, ist ja ein Rückschritt. Ein Märzen, Ja, hast klar. der Märzen. Ne? Na klar, das ist jetzt quasi so ein Schlussachtel. Gib mir nicht zu viel, dass du nicht auch was, dass du nicht auf die vergisst, gell? Nein. Wolfgang, das macht das Bier. Also, wirklich, ich meine, ich habe Bier getrunken in einem Ausmaß. Das geht ist sich von gar nicht euch sehr vorstellen. nett, wenn wir uns auf das Bier ausreden, aber Ich rede mir lieber auf die Allergie aus. Oder auf die Mundwinzel. die hängen an Bierflaschen. die Sommerfinsternis. Das sind lauter Seidelflaschen. Nein, das sind Regeln, aber Sind die- wurscht. Nein, aber- aber das war es war ein Sechsertrager. Also pass auf, jetzt 3 reden wir Bier. offenes. Na pass auf, das Sechsertrager haben wir austrunken. Na, da waren ja nur mal Da waren nur 5 waren da. da waren nur 5 da und das kleine genau. ist. Und dann haben wir jeder noch, jeder 2 Punkte. 2 Punkte kann man trinken. Das war's. Und wir haben aber schon, bevor wir die Bier getrunken haben, haben wir schon Plätzchen gespielt. Also das ist ja der wir Punkt. kamen, der Klaus hat mir die Tier aufgemacht, aber wir haben schon ein Plätzchen gemacht. Ja. Ein Wunder, dass ich nicht die Stirn was ich jetzt, runtergeflogen bin. was ich jetzt Aber, nicht mitberechnet habe, war der Schnaps. ah ja, Moment einmal. Nein, aber da war vorher schon ein Plätzchen gespielt, bevor wir den Stimmt. Schnaps getrunken haben. Deswegen haben wir Der den Schnaps war, getrunken. darum haben wir den Schnaps getrunken gehabt, weil so ein Plätzchen rausgekommen ist am Anfang schon. Hilft uns, das kann nicht. Aber die Krise bringt es gut. Beim Klaus hat es jetzt Folgendes gespielt. Lieber geh auf die Seiten, ein Platzregen kommt. Bravo, den habe ich auch noch nicht gekannt. Lieber Der ist duckt oder gut. was, kenne ich aber. Das Lieber kenn geh ich auf die nicht. Seiten, ein Nein. Platzregen Nein, kommt. kenn ich nicht. Kenn ich nicht, nein. Bravo, Krise, das ist schon Super. der Welt. Das ist schon der Welt. Ich hoffe, schreiben wir das morgen nochmal in der Morgensendung oder was geht, weil dass ich mir es dann merke. Ja.
Nein, nicht das Lallen, das Diskutieren. Was machst du jetzt wieder? Das macht das Bier. Achso, nicht das Lallen, sondern das Diskutieren. Ich verstehe. Da hilft einmal Trinken im Alk versinken, weil nach einer Viertel Wein ist der Zustand vorbei. Den Wein muss man beißen, besonders den weißen, und das mache ich stundenlang, bis ich mich wieder frei. Jawohl. Franz Brandwein, oder? Unser Poet in der Ruhe. So, Patrick, es ist ja wurscht, schau. Bei Toi. Es ist ja eine Wiener Lied-Sendung, daher, es tut mir leid für euch, aber wir müssen wieder was spielen, weil es ist nochmal... Jo, bei Traume mit den Händen sitzen Treiber drinnen. Sind schwarze Männer, dann die Leute umbringen. Die haben mir direkt Friesen, mit Kuh in Ruhe, sagt schon mir. Aber den heute der Hefe, der sich da einriert. Aber den heute der Hefe, der sich da einriert. Da wird der Muss in Köln, muss einen Weiner verholen. Dabei haben's die Räber seit leider mit Geld gestohlen. Dann packen's die Stalltieren, die schreit, gebt's einmal Ruhe, jo. Aber Treiber, die lachen und packen fest zu. Aber Treiber, die lachen und packen fest zu. Auf einmal geht die Tiere auf, kommt der Grasl rein. Der Schreit ist verloren, da holt's na ja grad auf mich. Los geschwind die Tieren los und geht's den Wirten sagen, jo. Weil wir holen uns von Drechen nicht, oder sind wir's uns noch fehlt. Weil wir holen uns von Drechen nicht, oder sind wir's uns noch fehlt. Hey! Gut, Weißt, ich sag was? was. Ich Nein. scheiße dann bald drauf. Nein, ich sag da was. Vom Weil- Text her, Ja. kein Fehler. Ja, aber von kein der Quetschen her. Ja, das das scheiß muss mir man- an. Ja, das gibt's nicht, sowas. Das muss mal gesagt sein. Da ist der Wurm drinnen heute, aber wie? Nein, ich habe keine Fehler gemacht. Keinen. Hast du eh nicht, aber ich? Ja. Komm, spiel hier mal förderfrei, spielst du jetzt aus. Na, Freunde, großartig, oder? Die Räuber sind schuld, jawohl. weißt Ja, aber du, Christi. jetzt müssen wir das machen, weißt du, Ex. Ex. Scheiß mal drauf, Scheiß mal ich hab drauf. drauf geschissen. Jetzt wird schon schauen, was los ist. Genau. Nein, das machen wir nicht natürlich. Sehr zum Wohle auf euch, meine Lieben, ja. Das ist ein Wahnsinn, das ist ein Wahnsinn. Auf euch, auf euch. Aber da haben wir jetzt echt gedacht, schau, ich reiß mich zusammen. Ich bringe jede Silbe vollkommen korrekt. Und du spürst irgendwas, Ja, wo man denkt, ich was spiel will irgendwas an. So ungefähr, ja, genau. Patrick, pass auf, komm her. Jetzt ein Moment Test, jetzt ein Moment Nein, ich Test. spiel nichts heute. Was ist jetzt da? Jetzt scheiße ich bald drauf. Was heißt bald sag's oder ja. nicht bald? Nein, Jetzt das oder ist- bald? Da was nicht jetzt ist, dann auffassen, F-Dur, Einlauf. Und das Lied haben wir jetzt drauf. So Ich schaut's lauf in aus. F-Dur, ja. Mach ich auf. Nicht ich, du. Tarapparappa.
auf der Wiesen, ein Großleib immer, die Box sind zerrissen, ich find nix dabei. Ein Schmetterling fliegt mir um die Nase herum, ein Fink frisst ein Fliegen, aber ich pfeife nicht drum. An der Arbeit denk ich nicht einmal mehr dran, ich fühl mich so frei wie ein Vogel am Baum. Und kommt der schönste Erdl am Wald weg daher, ja da spring ich vor Freude, weil was brauch ich schon mehr? Zwei ganz schon fest in die meinen hinein, weil sagten sie möchte deinige sein, aber noch ein paar Busseln, sag ich geh schon heim, ich bin aber frei wie ein Vogel am Baum. So Papageno, jetzt reiß dich mal zusammen, bitteschön, ja? Der Winter vor mir, so Klasi, du Gauner, geh her zu mir. Da mach ich noch einmal die Augen fest zu, sich wieder vor mir die schöne Natur, denn draußen im Grünen, da war ich daheim, da hab ich mich gefühlt wie ein Vogel am Baum. Bitte den Nachschlag, ja bitte schön. Schwierige Übung heute, ja, es ist alles irgendwie. ist schon gegangen. Alles ein bisschen anders, nicht? Aber es ist schon gegangen. Ist schon gegangen, ist schon gegangen, so ist es nicht. Ja. Patrick wollte schon um 22 Uhr Schluss machen, ja, das stimmt. Ja, weil das ganze Arsch ist heute. Also von der Qualität her, nicht? Das ist ja Wahnsinn. Ja. Kann es ja nicht sein einmal, nicht? Und der Ackerl bringt es vollkommen richtig, jetzt dann bald. Scheiß da drauf. Jetzt dann bald. Einlauf, die Megefeise, ja. Wirklich wahr. Da werden die Finger locker, sagt der Wolfgang. Nicht? Ja, Jetzt endlich. Können wir trinken noch was jetzt vielleicht? schau die Krise nicht, jetzt zeigen sie uns einmal ordentlich, jawohl. Tiroler Bubenpolka spielen und Bierlieder, jawohl. Bravo, Peter. Peter, danke dir. Ja, ich danke dir. Tiroler Bubenpolka und Bierlieder. Bier ist aus, Wein ist aus, mir bleibt noch ein Wodka mit. Peter Lehmann, Tragödie. Der Franz Brandwein ist natürlich eine Misere. So wie bei den Blues im Fußball, das ist so weiter. Na, den spiele ich heute nicht. Nein. Wir kommen jetzt zum Schluss. Es ist 11:30, wir müssen eine Morgensendung auch noch gestalten. Genau. Genau von dem Platz. Jetzt lasse ich alles so stehen, wie es ist. Machen wir es genau von da. Genau natürlich. Von da. Wir legen es wieder dazwischen nieder. Wir lassen die Flascheln stehen. Ja. Das sind nicht viel. Wir werden sehen in der Früh morgen. Vielleicht fahren wir in der Früh morgen mit dem Kaffee an und nehmen uns gleich sehr. Nein, ich muss ja heimfahren. Noch Ich nicht. Ich muss mir Ja, wirklich außerdem heimfahren. wir müssen mal proben auch noch. Ja, Wie wir Probezeit, Das werden wir auch machen. wie wir strikte Zeiten uns verordnet, damit wir was weiterbringen. So ist es. ja, genau so ist Ja, nein, ich meine, wir müssen versuchen, wie wir uns Mit allen müssen Tricks bringen. muss man arbeiten, ja.
Patrick, schön macht er, sprecht auf YouTube. Ich glaube, die Leute verarschen Ja, schon. Das ist wirklich, wir werden ja nur mehr verarscht, oder was? Seid ihr narrisch, Herz? wir überlegen Seid gerade, ihr ob ihr bis narrisch? 9 durchhaltet. Bis 9 machen wir nicht durch. Ganz sicher nicht. Ganz sicher nicht. Wir irgendwie so durchmachen. Was war denn das mit durchmachen? Das wollte ich erzählen, die Geschichte, pass auf. Die ist mir nämlich eingefallen, wie wir gespielt Rauche haben. meine an. Ach, dann ja. Wie mir das eingefallen ist, Nicht. der Bruder, der Oliver. Ja, Ich liebe ihn sehr. was heißt der? Mein Bruder, nicht? Was Ja, heißt na, der Bruder, ich bin ja auch sein Trauzeuge, nicht? Also wir haben eine enge Verbindung. macht es nicht besser, aber sie macht nichts. Man ist ein Härtefall. Auf jeden Fall kann ich mich erinnern, wie wir die CD aufgenommen haben. Unser Das fällt mir ein, erster- nein, es fällt mir ein im Zusammenhang mit unseren Social Media Geschichten und so weiter. Wie wir beim Spirk Ernstl die CD aufgenommen haben, das war was? Der Wiener Vorstadt Blues, glaube ich. Wiener Vorstadt Blues. Nein, das war die nachher. Ich denke, nicht einmal das fällt mir ein. Ich weiß, dass du deppert bist, aber das muss ja nicht immer sagen. Das Die ist spätere. die spätere, wieder. Wiener Vorstadt. Jetzt Nein, lade ich wieso? auch, Wieso? ja. Moment, Vorstadt war der Moment. zweite und die dritte war Nein, dann die das zweite- Wiener Lied zweite- lebt. Da hast du recht. Ich habe das richtige Album von mir, aber den falschen Titel. Mhm. Du hast vollkommen recht. Wiener Vorstadt Plus war die zweite. Die haben wir aufgenommen in Bad. Nein, damals noch in Erlach. In Erlach. Ohne Bad, damals noch ohne Bad. Das Ja. war noch nicht Ja. Bad Erlach, sondern Genau. Erlach. Auf jeden Fall, wir waren im Studio vom Spiergerstl, haben Mhm. aufgenommen Das Wiener Lied lebt, die CD. Und der Oliver? na, ich habe gesagt zum Oliver, erst, ich habe eine Kamera. Gell, Oliver, wenn du einmal mitkommst, das filmst am Tag, könnte man das so zusammenschneiden und könnte man das so auf YouTube stellen oder was. Da waren wir noch nicht, jetzt wirklich haben wir das noch nicht ernsthaft betrieben. Aber das war schon der Gedanke da, PR-mäßig, das könnte man machen. Da habe ich gesagt, ja, das macht er, passt. Das war an einem Sonntag, haben wir die Aufnahmen gehabt. 15 Jahre her, ja. 15 Jahre, ja genau. Und am Samstag gesagt, wir fahren raus nach Laxenburg bei Wien, nicht, um dort im Studio dann die Aufnahmen zu machen. Der Oliver soll mitfilmen. Der Oliver war, keine Ahnung wo am Vortag, auf jeden Fall hat er durchgemacht. Und ich holte ihn ab Das heißt für meine um Bruder 8 in was. der Früh oder was, nicht? Weil am 9 war ich im Studio oder irgendwas. Und ich habe ihn angeholt und er steigt ein, sturzbetrunken. Zähne im Studio. Um 10 Uhr gut, Vorher haben wir nicht auch. ja, da haben wir noch Kaffee getrunken oder was. Aber da habe ich den Bruder angeholt und er sturzbetrunken steigt ein. Ja, was der, ja, schlafen geht sich nicht auszahlt. Ist mein jüngerer Bruder, muss ich dazu Ja. sagen. Ja, das ist- Und jedenfalls hat also die Kamera auch brav getätigt. Allerdings, keine einzige Aufnahme davon ist brauchbar. Warum? Weil er mit der Kamera, also ist immer eingeschlafen. Das waren ja noch wirkliche Kameras. Das war Wahnsinn. Das hast du immer gesagt, wir im Studio, ja, das spielen schon super, ja, passt, aber das ist wie so. Wie er eingeschlafen ist. Und dann wird es munter werden wieder so. Ja. Großartig, ja. Und dann hat er irgendwann sich gedacht, er wird den Spiergerstl fragen, was er da macht. Zuerst irgendeinen lallenden Typen, der irgendwas sagt. Und der Spiergerstl, was? Was machst du? Was? Ja, was? Weltklasse. So gesehen schon wieder eigentlich wäre schon wieder großartiges Material für die Fans, aber ich glaube, ich habe es auch gar nicht mehr. Also ich wüsste nicht wo. Ich hab's nicht. Auf jeden Fall ist es sicher total. nicht, nein. Die Idee war wieder mal von mir, nicht? Vom PR-Menschen, nicht? War da, die Idee war da. Das geht also mit. Die Auswahl der Mitarbeiter war mäßig spannend. Aber das war sehr lustig. Keine einzige Aufnahme davon ist irgendwie brauchbar gewesen. Wir Echt wirklich. zwar topfit, weißt du, das ist. Ja, wirklich wahr. Ah, Aber ja, weh. Die Grüße, Martin, es wird morgen auch Stress, aufstehen, duschen, frühstücken, stretchen, proben, man Technik glaube ich aufbauen. nicht. Die
schon, ich würde das nicht aushalten. Aber ja, ein Menge. Grüße, wir sind viel dabei. Ja. Gut, letzte Woche mit dem Taschel, die Aufnahme war sicher gut, glaube ich auch. Ja, die ist gut geworden, ja. Also, ich habe nur so kurz reingehört. War sehr gut, ja. Ja. Das Drohnen im ersten verpackt, ja, einmalig. Was fehlt noch? Peter Brachtl. Aufstehen, duschen, frühstücken, stretchen, probieren. Ja, nach dem Aufstehen, bevor dem Duschen wird natürlich das 1 gemacht. Technik aufbauen, Chrissy fällt auf, weil das lassen wir genauso Lass mal stehen. genauso stehen, ja. Und das Einzige, was am da ist, dass wir halt einen Kaffee trinken. Na, das ist ja noch nicht spät, 11:30, also da sehe ich jetzt nicht wirklich kein. Ja, von dem her nicht ein Problem. Also, Nein. Der Throngang, bitte nur, dass wir heute deppert, wir sind, ja, okay. Ja. Aber, meine Lieben, ich glaube, also Rauch aus, aber dann machen wir wirklich Schluss. Weil und ich sage euch was, es ist sicher ein Lallen dabei, auch von Bier, aber wie sagt man da, die Zungenwurzel, oder wie sagt man da? Es ist, ich habe wirklich das Gefühl, Das ist betäubt. es ist komplett, nein, und tut weh. Es tut mir weh. Schade. Hanno. Also es ist da wirklich irgendwie ein Schnaps haben wir keinen mehr. Nein. Also ich habe schon noch, weil wir müssen Ja. ja aufstehen. Na, willst du ein Schnaps, ein Glas? Nein. Ein Glas vielleicht? Nein, Weil das Bier aus ist. nein, Zum Abschluss. nein, Sicher nicht. nein, sicher nicht. Nein, mag ich nicht. Nein, was, es macht mich aggressiv. Deine Ablehnung macht mich aggressiv. Willst du ein Bier? Ein Bier sollte Nein, nicht, nein. Alter, ich hole noch ein Bier. Hol ein Bier. Jetzt zum Abschluss, nachdem wir die wunderbaren Biere getrunken Ja. haben, mit ganzen Hund. Jetzt trinken wir eine Buntegammer. Jetzt hol ich eine Buntegammer aus der Dose. Buntegammer ist eine Dose, alles. Na, bitte. Na, Patrick, Bier, na, trink eins. Hinter dem Rachen. So, da, jetzt haben wir. Der Glas kaputt, ja wirklich, aber das ist So, jetzt oft, haben wir die gute Woche, weißt du? ich glaube, dass einfach heute viel zusammenkommt. Und wirklich, aber hey, Rosen gemacht habe ich. Alles. Schaut sauber aus da. Die ganze Gegend. Was ich gemacht habe halt. Aber natürlich, ja, Sauber ist. Sauber ist es. Nussinger hilft bestimmt. Nussinger? Ein Nussinger. Oh ja, warum nicht? Ne, was? Na, trinke nicht. Oder ein Nussinger. Dann wieder Schläge oder ein Nussinger. Kriege ich endlich einmal einen Nussinger da, weißt du? Das ist ja nicht so. Das sind die Geheimvorräte, der hat immer nie an, weißt du? Nein. Der trinkt ja heimlich, glaube ich. Weißt du? Nein, In Nussinger. ich trinke nicht heimlich, ich trinke mal an. Blechweckerl hau ich gleich mal weg. Blechweckerl lecker. Besoffen sind wir Buntegammer. Ja, das war die Werbung, gell? Ja. Dann nachts im Bett mit dem Pyjama und der Kisten Buntegammer. Das war. Das hat noch was können. So? Na, brauchst gar nicht die hintreiben. Na, es gibt nicht. Nein! Ich hab nicht gewusst, dass er noch einen Nussinger hat, weißt du? Der jammert immer, dass keiner da ist, gell, Daniela, stimmt's? Daniela wird schon schlafen, die muss hakeln. Zum Wohl. Weil man. Auf unsere Principessa. Ah, ist recht gut. Das merke ich schon, wie man das gut tut. Das merke ich schon. Das merke ich. Hast du die Zauberlutschzuckerl nicht mehr? Die Grisse. Zauberlutschzuckerl. Gibt's keine. Die Emser Pastillen, meinst du, was? Ja, das ist immer blöd. Gretas Pastillen. Ja, die gibt es auch. Aber es ist, nein, alles, was für den Hals gut ist, wird schlimm schlecht. Ja, Wolfgang kritisiert seine Holde, was das Bier einschenkt. Instrumente auffassen. Der Patrick. Jawohl, was spielen wir? Patrick? Bin im Anschluss. Zum Abschluss. Schon wieder?
Ja, jetzt endlich. Also, jetzt hast du gerade eingeschenkt. Was willst du jetzt für einen Abschluss? Das macht doch nichts. so. Der trinkt immer so schnell aus. Was heißt, ich trinke schnell aus? Den Genuss. Na, Genuss, ein Stamperl trinkt man aus. Ein Stamperl trinkt man nicht auf eine halbe Stunde. Ein Schluckerl für den Durchstand. Was willst du jetzt mit Bier wieder? Zum Wohle. Prost, Prost auf euch. Was haben wir? Gibt es aber noch Zuschauer? Ein paar? Na, 12. Na, schau. Na, schau. 12, wie die Apostel. Weltklasse auf euch. Prost. Hast du Bier? Willst du wirklich Schlussnummer ist? Sicher. Jetzt was? Klar. Zwei volle Gläser für dir stehen hast. Meine Herrschaften, scheinbar will der Patrick etwas frühzeitig Schluss machen. Daher machen wir halt Schluss. Relativ, aber Wir verabschieden uns. Fisherman's Pride helfen bestimmt. Pfeifsauce, Zuckerl, ich hab's noch. Danielas Zaubertrank, so schaut's aus. So wird's auch entziffern müssen. Dann. Du, Christoph Acker ist aber entziffern müssen, weil ganz gerade schreiben tust du auch nicht mehr. Alter, ihr seid die Besten, sagt der Ulrich. Wollte heute abstinent bleiben mit euch? Keine Chance. Ulrich, ob das ein Lob ist, wissen wir noch nicht, aber das wird sich erst herausstellen im Aber Laufe danke der auf jeden nächsten Fall. Jahre. Aber bis dahin, sagen wir jetzt einmal wirklich, damit einmal Ruhe. Ein Medley, sagt der ja, Peter Brachtel, Ja. ein Medley. Sicher nicht, Zugabe. Was haben die Leute einmal gemacht? Wir noch kein Wein war. Wir haben Die Stimmung noch gebracht. dir das Das wird wird mir mir nicht klar. Das muss ja Fahrt gewesen sein. Oh, es muss Start gewesen sein. Ohne Wein, Ohne Wein. ohne Wein. Was haben die Leute einmal gemacht? So eine Musik. Wir haben's die Nacht nur verbracht, bis in der Früh. Was kann denn gemütlicher sein? als wir Musik Ein Wein. Da schaut man in Himmel hinein. Ich hab ein Stickerl altes Wien entdeckt. Dort hat sich die Gemütlichkeit versteckt. Dort triff ich alten Spezi, die Friedel, das versteht sie. Dort kommen alle echten Wiener zusammen, die noch ein Herz für Wiener Musik haben. Und ist auch manches schon dahin, dort finster Stücke, altes Wien. Heute war die alte Zeit bei mir, leider nur im Traum. Sie hat so viel erzählt von ihr, leider nur im Traum. Sie hat mir manches Bild gezeigt, da hat noch Johann Strauß gegeigt. Wie ich bin munter war, war alles verloren. Drum schramme, Da es uns nicht verlassen, weil Wien wir ohne euch nicht Wien. Was nutzen uns die alten Gossen, wann die Gemütlichkeit mit euch dahin? Wir haben schon Tunnel alles
ist ein kleiner, drum haben wir unsere Schrammen gern. Mit so viel Herz spielt uns keiner. Aber wenn er liegt, wie es mir gerne. Wir haben schon tot alles erklärt, drum haben wir unsere Schrammen gern. Mit so viel Herz spielt uns keiner. Man will lieb, wie es mir gerne. Jawohl, ist gegangen. Die nächste Katastrophe ist perfekt heute, meine Lieben. Also es ist wirklich unglaublich. Nein, So was musst du aber machen, weißt du? Einen ganzen Abend lang. Ein Menschen sind wir alle, hätte jetzt noch reingepasst, ja, das stimmt. Das steht andere Donut, ja. Menschen sind wir alle, Völler oder jeder Knurr. Alle können doch nicht gleich sein, das liegt schon so in der Natur. Menschen sind wir alle, Völler oder jeder Knurr. Alle können doch nicht gleich sein, das liegt schon so in der Natur. Kinder, fühlst dich Glasl nach, wir wissen, was morgen ist. Trink mein Ex, was liegt schon dran? Ein Räscherl, das ist gewiss. Ein geschmackiges Bussel von dem Schatz. Was braucht das ein Mensch noch mehr? Was kümmert uns, was morgen ist? Bring's nur ein Liter her. Was kümmert uns, was morgen ist? Bring's nur 12 Liter her. Jawohl! Jawohl, so geht das Ganze. So schaut's aus, Herz. Meine Lieben. Freunde, das war das Schlusslied. So. Und jetzt sind wir am Ende, ja. Ja, wir sind noch lange nicht am Ende. Wir nicht, aber mit der Pawlatschen heute sind wir am Ende. Aber ich glaube, es war Das das war das Schlusslied. Aber jetzt haben wir es noch gebracht. Ne? Das haben wir jetzt noch gebracht. Die Menschen sind wir alle. Ja, ich wünsche euch allen, die noch da sind, eine gute Nacht und schöne Träume, sagt die Marie-Louise Lieb. Du, wir waren schon, ich weiß nicht, ich glaube auf 12 Leute, wir sind schon wieder bei 20. Da sind schon wieder welche dazugekommen, jetzt zu später Stunde, nicht? Vielleicht sind manche wieder munter geworden, nicht? Was sagt der Ackerl? Haben nichts anderes zu tun, als dass uns da zuschauen, nicht? Aber Wie es am schönsten ist, soll man aufhören. Heute findet es aber kein Ende. Ja, wie warum heute muss findet es man kein Ende. Ja. aufheben, wenn es am schönsten gerade ist? Da sind es gleich ein paar Zuschauer, aber hol der Ruf, Franz Brater. Ja, man muss ja sagen, man hat ja ernsthaft wirklich, es ist ja in Prost, wie soll ich aber sagen, ja, Prost, Prost, ja, Prost, man, was aber meinst du? Ja. Oh ja, ja. Von Augesoffen weit entfernt, nicht? Der Park ist Wobei, nicht so, schon der Park ist langsam nicht so. geht's, Eben. schon langsam kommen wir dorthin, wie wir von Anfang an gespielt haben. Ja, jetzt passt schon langsam, ja. Gute Nacht, sagt der Manfred Kraft zum Beispiel. Ne? Manfred Kraft. Aber gute- andererseits wiederum, ja, jetzt sind es nochmal 13, ja, stimmt. Es waren kurzfristig 20 Zuschauer. Kann man nicht aufhören, das stimmt. Ne? Chaos in Schluck, sagt der Wolfgang, ja. Nein, es ist, meine Herrschaften, es ist der Schluss eingeleitet. Seit 10. Ja, meine ersten Worte. Und einmal muss man das auch ernst machen. Was man machen wir's damals um 10 gemeint hat. Das ist der Patrick. Nein,
Ja. nachdem die Veranstaltung entgleist, aber nicht aufgrund von irgendwelchen Ja. Ordinärheiten oder sonstige Sachen. Es ist gleich gar nichts. Es ist wirklich einfach, ich sag gemütlich mit euch. Ne? Man muss das ehrlich sagen, jetzt ganz ehrlich, ich meine, wir bringen unsere Leistung vielleicht nicht ganz 100%, das könnte man schon so sagen. 0,1% heute. Naja, so schlimm ist es auch wieder nicht. Aber es ist halt so, aber mit euch ist es gemütlich. Und deswegen sagen wir jetzt damit Dankeschön an euch. Muss man mal so umbringen. Zugaben werden gewünscht. Sie trinken sich nüchtern, das geht nicht, Chrissy. Das Papier ist seit 30 Jahren. Das geht nicht. Ja, wie der Vorschlag. Aber das noch zusammenbringen. Sollen wir es am Anschluss machen? Das wird Ich lasse dir den Vortritt und häng mir an. Das ist wieder ein Desaster. Das ist super. Nicht? Ich muss wieder zahlen. Oder soll ich durchziehen? Ja, was heißt durchziehen? Das kommt darauf an, wenn du einen Schau spielst und durchziehst, ist auch Blödsinn. Ne? Nein, wir müssten beide schauen, dass wir es richtig spielen. Der wird. Wir müssen ja da mal eigentlich auch einen Einlauf finden, nicht? Weil man ja ist in G-Dur und eigentlich ein Wirt fängt in D7 an. Nicht? So ein Einlauf. Das war mehr wie ein. Ich meine, Herr Wirt, ein Vorschlag. Ein letztes Viertel. Der Abend mit euch war wunderschön. Es hat uns gefreut. Aber für heute singen wir das allerletzte Liedl. Weil jetzt wird's fürs Heimgehen langsam Zeit. Wir haben nicht gesungen und vergelacht, den Abend miteinander verbracht. Es ist ein gewarnt worden bei manchem Lied. Wir haben nicht getrunken und haben was gegessen, den Alltag miteinander vergessen. Doch sind wir ehrlich, wir werden schon langsam mit. Er wird ein Vorschlag. Ein letztes Viertel. Der Abend mit euch war wunderschön. Es hat uns gefreut. Aber für heute singen wir das allerletzte Liedl. Weil jetzt wird's fürs Heimgehen langsam Zeit. Und wie ich bei meinen letzten Vierteln sitz, denk ich an meine blöden Witz, an die schönen Wärlieder und an die Gemütlichkeit. Wir mit Post und gesungen viel, nur gegen ihn wird's langsam still. Und so hat er jede Stimmung ihre Zeit. Er wird ein Vorschlag. Ein allerletztes Viertel. Der Abend mit euch war leibend heute wieder Dankeschön. Es hat uns gefreut. Aber für heute singen wir das allerletzte Viertel. Weil jetzt wird's fürs Heimgehen langsam Zeit. Jetzt wird's fürs Heimgehen langsam Zeit. Jawohl. Meine Lieben. Und ein Superchat vom Ulrich haben wir auch noch gekriegt. 10 Euro, danke der Ulrich. Sofort die Zeichen Weltklasse, aufheben. Weltklasse. Jawohl, danke. Ich will es gar nicht einblenden, die Geschichte mit der. Nein, das lassen wir bleiben. Schön, dass du dabei warst. Bis Ich freue mich auf morgen in der Früh. 9 Uhr. gleich. Es ist 0 Uhr, also wir können sagen, bis gleich. Ist schon. Ja. Bis gleich. Bis gleich bei der Morgenschub. Für dich. Dankeschön, Baba. Servus.